double-digit thousands. Hi Leute, grüß euch, servus, habe die Ehre auf meinem Kanal. Bin ich aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Ist der Bart gebürstet? Ja, ist gebürstet. Heute auf dem Kanal machen wir eine kleine Plauderrunde, voll gemütlich, voll entspannt. Freut mich, dass ihr alle da seid. Wir haben hier mit an Bord 2 Fragesteller. Heute geht es um Wildlife, einfach ein bisschen Austausch, Erfahrung, Technik und so weiter. Wir haben einige Fragen vorbereitet. Es ist heute mit dabei unser Michael. Grüß dich, Michael. Guten Abend, hallihallo Markus, hallihallo in den Chat. Dann haben wir hier dabei den André, unseren Dingsbums-Fotografen. Servus, grüß euch, guten Abend. Grüß dich, André. Hi, Und Micha. ich darf vorstellen, der Michael hat einen sehr interessanten Gast organisiert, auf den freue ich mich schon, auf den Stefan Goldenstein. Ich habe mir seinen YouTube-Kanal schon angeschaut und ich bin sehr stolz und auch ein bisschen nervös, so einen tollen Wildlife-Filmer an Bord zu haben. Hallo, Stefan. Sei gegrüßt. Schön, dass ich dabei sein darf. Grüß dich. So, Ja, servus, genau. ist ja perfekt. Also mich freut es brutal, dass das geklappt hat, wirklich. Ich habe ja Michael- Minimum 4 Wochen rumgegraben, dass er mal endlich geantwortet hat. Das ist ja nicht so einfach, die Ja. Leute angeschrieben. Da erst über, ach, was hatte ich gemacht bei Facebook, da hat er aber nicht geantwortet, da ist er wahrscheinlich schon 3 Jahre nicht mehr. Da habe ich, ja. da hab ich ihn Ja, doch, angeschrieben. die Nummer hast du. Meine Nummer hast du von Facebook, oder nicht? Habe ich dir die nicht bei Facebook Die hast du mir dann bei Facebook, weil ich dich darauf angesprochen habe, irgendwo unter einem Video, habe ich drunter geschrieben und da hast du mir dann genau geantwortet. Und dann ging das dann so los und dann hast du die Nummer und dann hat man dann abends bis, keine Ahnung, die Nacht um 1 hat man geschnattert, haben uns auch sofort irgendwie auf einer Wellenlänge befunden, das war alles super. Ja, ach, der Langzeitanfänger Matt ist auch da, das ist der Hallihallo. Der Theo. Der Michael hat ja einige Fragen zusammengestellt, also wir haben sehr, sehr viele Fragen an dich. Also ich glaube, das geht so an die 1 bis 2 Wochen werden wir jetzt streamen, durchgängig natürlich. Schätze mal. Theo, Namen Theo. Genau. Jetzt würde ich aber mal sagen, dass ich euch den Stefan mal ein bisschen vorstelle. Wir könnten mal auf seinen Kanal schauen. Also wenn ihr Bock habt. Kennt ihr den Kanal eigentlich, Michael, André? Habt ihr schon mal geschaut? Ja, ich Klar, wir waren ja auch schon in Kontakt mit dem Stefan, weil ich bin ja total begeistert von den Spots, die der immer auftut. Okay. Dann läuft er da durch die Gegend. Ach, da habe ich mal 4 Eulen gesehen, da habe ich mal eine Ente, da habe ich mal einen Bluthämpfling. Und ich denke mir dann immer, wenn ich durch den Wald gehe, hallo? Genau. Das letzte oder vorletzte Video war Gretzwil da oben, das kenne ich ja die Gegend, weil ich da immer im Urlaub war. Ne? Und da steht er da auf dem Deich, da kommt das geflogen, da kommt das geflogen. Und ich habe da oben gestanden und habe dann Schafe fotografiert. Das war genial. Da dachte ich, jetzt wird's mal Zeit, Bin ich gespannt. Dann schauen wir mal. Ich muss mich gleich entschuldigen, mein Desktop schaut aus wie Schwein, weil ich gerade selber unterm Schneiden bin. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Ja, ein bisschen größer. Nö. Also, das ist der Kanal von Stefan Goldenstein Wildlife. Wir haben da 1050 Abonnenten, die magischen 1000 vor kurzem geknackt. Gell? Irgendwas habe ich da. Ja, genau. Also Gratulation nochmal. 1000 ist ja so eine ganz große magische Grenze für jeden YouTuber. Also finde ich klasse. Du bist seit, jetzt müsste ich überlegen, September 2020 auf YouTube. Ja. Kommt hin, gell? Genau. Und auf dem Kanal, was mir brutal gut gefällt, sind wirklich Videos drauf, alle zwischen 10, 20 Minuten. Richtig schön nachvertont, da haben wir vorhin schon gesprochen, dass mir persönlich das brutal gut gefällt, aber mit ganz vielen Informationen zu den verschiedenen Tierarten und so weiter. Das 50.000 Stare-Video hat mir ganz gut gefallen, weil das kannst du gar nicht so schön fotografieren, wie du auf Video gebannt hast. Ja. Also, wenn ihr Sonntag, Nachmittag irgendwas schön Wildlife erleben wollt, schaut unbedingt auf dem Kanal. Also ich habe auch angefangen, da die Videos zum Anschauen. So. Jetzt bin ich wieder da. Ja, spektakulär. Was mir auch ganz gut gefällt, habe ich gesehen, du bist also ein spontaner Typ. Tierschutz und so weiter ist ja bei dir auch ein ganz hohes Thema, gerade bei jedem Wildlife-Fotografen. Da war nämlich so ein cooles Video mit der Froschrettung, wo du spontan die Frösche gesehen hast und hast dann angefangen, da die Frösche über die Straße zu tragen.
Habe ich im Nachhinein auch ein bisschen Haue gekriegt, vor allen Dingen von meiner Frau und von meinen Verwandten, dass ich da auf der Straße so rumgeeiert bin. Ja, okay. Ich vielleicht ein bisschen vorbereiten sollen, aber ja. Aber ich habe mich dann einfach gut gefühlt. Ich musste zwar am nächsten Tag wieder relativ früh raus, aber weiß nicht, Okay. das wollte ich nehmen lassen, weil die Frösche oder beziehungsweise die Erdkröten, die waren jetzt, ich glaube, fast 3 Wochen eher dran, als die normalerweise dran sind. Und just in dem Gebiet wird auch immer ein Zaun aufgebaut. Ah, Aber das hat der Landkreis gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so früh schon unterwegs waren. Deswegen habe ich da jetzt ich war jetzt auch nicht lange da, vielleicht 1 Stunde, 1,5. Habe dann am nächsten Tag direkt angerufen und Bescheid gegeben und dann haben die gleich, ich glaube am gleichen Tag sogar noch den Zaun aufgezogen. okay. Aber so als Wildlife-Fotograf, glaube ich, bist du einfach an Natur und Tier verbunden. Gell? Also ich könnte auch nicht vorbeigehen, ganz ehrlich. Ja, also bei mir ist das tatsächlich gar nicht mal so der Tierschutz, sondern eher Naturschutz und da ist der Tierschutz dann quasi mit drin. Ja. Also es ist auf jeden Fall wesentlich wichtiger, dass man die Umwelt schützt und die Gebiete, wo die Tiere vorkommen, damit die Tiere da auch drin sind und auch die Pflanzenwelt und sowas alles. Das ist eigentlich viel wichtiger, als eine einzelne Tierart jetzt irgendwo zu schützen. Ne? Wichtig ist, dass das Umfeld stimmt, dass die Tiere da wieder hinkommen und sich vermehren. Dass ihr was zum Fotografieren habt, gell? Also ich muss sagen, ich bin bei Wildlife eigentlich relativ raus. My Wildlife ist die fette Katze zu Hause. Oder eine tote Maus oder Schnecke. Ich habe 3 Katzen hier. Also das kann mal sein, dass hier mal einer auf den Tisch springt. Und 2 davon sind auch ganz schöne Moppel. Okay. Ja, eine rote, die ist hier hinten schon am Fenster die ganze Zeit lang gelaufen. Können wir später einen Katzenvergleich machen, wer die fetteste Katze hat. Okay, bin ich dabei. Also bei Wildlife, bei Wildlife bin ich raus und bei Technik bin ich raus. Also eigentlich bin ich hier nur, um gut auszusehen. Ja, ich bin bei Technik raus. Deswegen würde ich eigentlich an Michael mal gern das Wort geben und du hast da so viel Mühe gemacht mit den Fragen. Ich habe da schon eine kleine Umleitung und zwar, bist du denn über den Umweltschutz oder Naturschutz oder sowas zu deinen Videofilmerei gekommen oder war das eine andere Geschichte? Nee, also ich sag mal, Tiere haben mich schon interessiert, seitdem ich 5 bin, würde ich jetzt mal fast behaupten. Ich war schon als kleiner Steppke bin ich schon, ich sag mal, aus meiner Haustür rausgestolpert und dann in den Garten und auch in die Ländereien und so bei uns. Also ich bin sehr, sehr ländlich aufgewachsen, kann man sagen. Direkt hinter unserem Haus führte schon so ein Feldweg quasi in die Natur rein und da bin ich schon auch in der 1. Klasse sogar wahrscheinlich schon im Kindergarten, bin ich da schon allein lang gelaufen und habe einfach mal geguckt, was da abgeht. Und das hat mich auch nie losgelassen. Jetzt bin ich 38 Jahre alt und ich kann sagen, ihr seid auch jetzt die Ersten, die das erfahren, ich mache mittlerweile Naturschutz hauptberuflich seit einem Jahr. Ach, schön. Das ist natürlich klasse. Dann ist natürlich die Verbindung dann leicht. Genau, bis vor einem Jahr habe ich ganz normal gearbeitet als großen Außenhandelskaufmann. Fast 20 Jahre lang saß ich im Büro. Und jetzt mache ich es mittlerweile hauptberuflich. Aber wie gesagt, die Tierwelt und Tierfotografie, das hat mich immer beschäftigt. Irgendwann habe ich ein Handy gehabt, da konnte ich dann mal Käfer mit fotografieren. Irgendwann wollte ich mehr und habe mir dann mal so ein Teleobjektiv geholt, weil ich gerne auch mal einen Vogel fotografieren wollte, weil das geht mal mit dem Handy nun mal nicht. Ja, und dann kam das alles ins Rollen so. Ne? Das ist doch einmal frei, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Und da filmst du jetzt seit 1 Jahr grob, oder was? Nee, kann ja nicht sein, weil dein Channel gibt es ja auch schon länger. Ja, genau. Also ich filme schon länger. Ne? Ich bin nur irgendwann, ich filme schon ein bisschen länger, aber ich habe es halt nie für YouTube so gemacht. Und irgendwann habe ich mir mal gedacht, ja, warum machst du den ganzen Kram jetzt eigentlich? Warum machst du Bilder? Warum filmst du eigentlich, wenn du das keinem zeigen kannst? Dann, weil der Kram verrottet sonst bei dir auf der Festplatte. Und deswegen bin ich dann irgendwann angefangen, so mal erstmal Gartenvideos oder Vogelvideos aus dem Garten dann online zu bringen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist auch eigentlich ziemlich langweilig, sich sowas anzugucken, wenn da keiner dabei ist, der ein bisschen was dazu erzählen kann. Also habe ich mich dann selber auch hin und wieder mal gefilmt und irgendwann bin ich dann angefangen, auch Hintergrundinformationen dann zu geben, indem ich dann mal moderiere im Hintergrund und so. Und da stehe ich jetzt so nach 3 Jahren, 4 Jahren schon. Es ist ja so, gell? Was machst du mit den Videos? Ja, so zeigst du es irgendwo her. Also speicherst du es mal auf YouTube. Du kannst es deiner Mutter zeigen, deinen Arbeitskollegen und so weiter. Bei mir war es einfach nur so als Speichermedium ursprünglich. Und auf einmal hast du da einen Abonnenten, da hast du auf einmal Aufrufe, denkst du, okay, das ist ja interessant. Und so ist es bei mir eigentlich entstanden. Aus der Not raus, weil es
für mich günstiger Speicherplatz eigentlich war. Ah, okay. Also ich sag mal, Bilder und so habe ich auch schon irgendwie auf Facebook damals geteilt oder auch mal auf Instagram oder so. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie, das ging mir so, dieses ganze Bilder teilen, das ging mir irgendwann ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Und irgendwann habe ich angefangen zu filmen. Das hat mir dann mehr Spaß gemacht. Dingsbums, schläfst du schon oder bist du Nee, was ich mir gerade überlege, ich hocke ja auch dann immer so genervt in meinem Tarnzelt und dann denke ich mir, ja, wie machen die Jungs das? Jetzt musst du vorne gucken, dass die Vögel kommen, dann musst du deine Kamera im Griff haben, dann filmen die sich noch nebenbei. Wie machst du das eigentlich? Hast du eine kleine GoPro oder mit einer DJI oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also angefangen ist das mit dem Handy tatsächlich. Dass ich dann einfach so Handy genommen habe ich dann quer gehalten und dann hallo. Ja, Irgendwann kam dann so ein, ja, wie nennt man das? So ein Gimbal? Handystick Ah. heißt das so? Weißt du, so ein Ding, Ja. was du ausschieben kannst. Ja, Kam dann sah das schon ein bisschen besser aus. Und irgendwann habe ich dann bei meinem Videobearbeitungsprogramm dann aber gemerkt, dass die Aufnahmen von meiner Kamera und die von meinem Fotoapparat und von meinem Handy, dass die nicht mehr zusammenpassen. Dann habe ich auch immer Greenscreen-Videos auf einmal gehabt mit dem Handy und bin dann irgendwann auf eine GoPro umgestiegen. Und die nutze ich jetzt eigentlich immer noch. Welche hast du? Die Hero 7. Ah, okay. Also ist noch ein relativ altes Modell, aber Ja. ich habe mir das damals neu gekauft und die 7er, die war dann auch nicht mehr so teuer. Ich glaube, da gab es schon die 10er oder 11er, glaube ich. Mhm. Aber die läuft doch und die macht Full HD oder macht die 4K? Nee, Full HD, ne? Kann die, glaube ich. Ich glaube, die kann auch 4K schon. Und filmst du das auf 4K oder? Ich filme das 4K, allerdings wandle ich das nicht in 4K um, sagen wir mal so. Weil meine Kamera an sich, weiß ich nicht, die kann in 4K nicht so viele Frames aufnehmen und dann nervt mich das so ein bisschen. Und Ja gut, 30 wird ja reichen für HD, YouTube, ne? und dann wird das am Ende dann in HD dann umgewurschtelt im Programm halt, ne? Wie ist denn bei dir das Wetter, Stefan? Unser Wetter heute war schön, ansonsten irgendwie seit Herbst nur Regen, kaum Schnee, irgendwie gefühlt ein halbes Jahr nur Matschwetter. Ja, ihr wohnt ja nicht an der Küste, so wie ich, ne? Du Also bist ja hier ganz ist eigentlich- oben, ja? Er Ja, ist es hier gewohnt, ist- glaube ich. Er geht ja nur raus, wenn es Nebel hat und dann uns regnet. Ach, da hörst du wieder, jetzt bin ich klar im Nebel und vielleicht wird das was. Da sitzt sie in der Langtigern. Also in der Regel ist hier immer Scheißwetter. Winter gibt es bei uns nicht und Sommer gibt es bei uns eigentlich auch nicht. Das Ja. ist alles immer, ich sag mal, das ganze Jahr über kannst du sehen, ist irgendwie zwischen 5 und 15 Grad so im Schnitt bei uns. Dann geht es ja Brauchst du nur die genauso. gleichen Klamotten. Keine Winterklamotten, keine Sommerklamotten, immer dieselben Klamotten, ist auch schön. Also Du brauchst keine Winterräder. Ich glaube, wir Keine hatten im Januar, Hotpacks, nichts, weißt Genau. ich glaube, im Januar hatten wir, glaube ich, einen Schnitt von 5 Grad oder 6 Grad. Boah. Also, man merkt wirklich, der Klimawandel, der kickt ordentlich rein und das macht er hier auch bei uns an der Küste. Aber Merkt wie man gesagt, das wir haben auch an der jetzt nicht so- Tierwelt? Merkt man das auch an der Tierwelt, den Klimawandel schon? Dass Ja. die Zugvögel nicht wegziehen oder, weißt du? Ja, doch, das merkst du. Ach, merkt man auch, ja. Du Okay. merkst, dass es gibt, ich sage mal, wenn wir zum Beispiel über Spinnen reden, Ja. vielleicht kennt ihr die, eine Wespenspinne. Sagt euch vielleicht was. Kenne ich, aber habe ich hier noch nie gesehen. Ja. Nö, ich auch nicht. Also das sind eigentlich Spinnen, die wohnen eigentlich im Warmen. Ne? Und mittlerweile gibt es ja auch in Ostfriesland. So, also Ach. die gehen halt mit dem Wetter rüber. Und man merkt auch, dass Vogelarten, die eigentlich so die Kälte brauchen, zum Beispiel die in Skandinavien wohnen, die dann eigentlich bei uns im Winter überwintern, sag ich mal, die kommen Ja. halt immer weniger, weil es immer wärmer wird. Grüße, Ne? Theo. Als Beispiel. Ja, Wahnsinn. Also mir ist es aber auch schon Oder- aufgefallen. Ich sitze im Garten draußen, denke, was krabbelt da für ein Viech? Das schaut total utopisch aus, kenne ich aus der Kindheit gar nicht. Total grün mit Stacheln und Borsten, noch nie gesehen. Ist es wirklich so, dass man irgendwie neue Insektenarten auch so jetzt entdecken kann? Oder war ich früher einfach blind? Ich glaube, du warst eher blind, du hast ich- da nicht drauf geachtet. Das soll jetzt nicht respektlos klingen, aber ich denke mal, wenn dann eher das zweite tatsächlich, weil das Ding ist halt, ich sehe auch wieder jeden Tag, wenn ich draußen bin, immer eine neue Art, die habe ich vorher noch nie gesehen. Aha, Also okay. was meint der Markus Gottesanbeterin oder was? Na, ich habe da teilweise richtige Aliens im Garten. Also ich weiß nicht, ob ich mit Ja, die Gasse ja, gehen soll ja. oder. Okay. Vielleicht liegt das an deinen Zigaretten, die du rauchst. Ich würde da mal. Ach so. Ja. Ja, das ist jetzt freigegeben, ne? Ab 1.4.
Ja. Da wird es noch lustiger mit Da Markus. wird es sehr viel verwackelte Bilder geben von euch, oder? Ja, Was von mir hast nicht. du eigentlich für eine Ausrüstung? Weil der Markus fragte ja gerade mit dem Film. Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Fotos mache, muss ich mich konzentrieren, dass ich mit meiner Kamera zurechtkomme und gute Bilder mache und ich kann nebenbei habe ich gar nicht die Zeit umzustellen zu filmen. Also, wenn ich jetzt normal, sagen wir so, Eisvogel, wenn ich auf Spechte gehe, jetzt habe ich gerade ein Schwarzspechtpärchen, da muss ich mich so auf die Tiere konzentrieren, dass ich ja gar keine Zeit habe, nebenbei noch zu filmen. Du bist ja auch eine Ein-Mann-Bude. Ab und zu hast du, glaube ich, einen mit dabei, ne? 'N guten Kumpel, mit dem der mitgeht. Aber sonst ist das ja auch alles Ein-Mann-Bude bei dir. Ja, also genau. Ein-Mann-Armee bin ich. Aber was man in erster Linie bei mir sagen muss, ich gehe in der Regel nicht raus, um Vögel zu fotografieren oder sagen wir mal, um schöne Bilder zu machen oder um ein schönes Video zu machen, sondern ich bin eigentlich nur draußen, um zu entdecken. Ne? Also ich möchte gerne gucken, was gibt's Neues. Gibt es da vielleicht irgendwelche Vögel, die sonst nicht so häufig da sind, die jetzt da sind? Hat sich irgendwas verändert in dem Bereich? Das ist eigentlich so das, was mich anspornt, dass ich Also coole Sachen dokumentieren entdecke. sozusagen. Genau, das mache ich dann für mich selber. Das mache ich zum Beispiel auch für ornitho.de, dass ich da Sachen zum Beispiel melde. Oder auf anderen Plattformen, zum Beispiel, ich bin auch für Ostfriesland so ein bisschen der Melder für Amphibien und Reptilien. Da habe ich so ein kleines Netzwerk, was ich dann so mit betreue. Und das ist für mich eigentlich ganz spannend, einfach Daten zu erheben. Und dann nehme ich einfach die Leute nur mal mit der Kamera. Aber das ist dann wirklich ein Nebenbeiprodukt. Und wenn ich jetzt ich sag mal, wie bei dir zum Beispiel, du hast jetzt eine Schwarzspechthöhle, was ich zum Beispiel richtig geil finde. Wenn ich schon einen Schwarzspecht höre, dann ist das für mich schon fast genauso viel wert, als wenn ich davon ein Video gemacht hätte oder ein Bild gemacht hätte. Natürlich ist das noch ein bisschen cooler, aber allein, dass ich den wahrgenommen habe, dass der im Bereich ist, das reicht mir dann meistens so. Ja, gut, das ist bei uns natürlich wieder nicht. Da ist natürlich der Drang, da ein schönes Bild noch zu kriegen, ne, ist klar. Es steht natürlich die Beobachter an erster Stelle, aber als Fotograf oder Videofilmer, da hat man dann schon einen gewissen, dass man eben das beste Bild rauskriegt. Da sieht man, dass die Sonne noch mit im Hintergrund und ein schönes Licht dann ist. Das ist dann halt bei einer Dokumentation halt nicht. Du hast halt auf Video das gesuchte Vögelchen oder je nachdem und bist dann halt zufrieden. Und du verwendest tatsächlich Ornitho und jetzt für mich ganz klar die Frage, also ich habe ja auch so ein paar Kumpels, die Wildlife machen und die sagen immer: „Ornitho, heute steht's drinne, morgen ist es eh schon wieder weg.“ Welche Erfahrung hast du gemacht oder wie zuverlässig ist das für dich, dass du wirklich sagst: „Okay, ich kann das für mich nutzen“, oder ich sage, ich gucke da ab und zu mal rein und ja, okay. Ja, also Ornitho ist für mich schon sehr wichtig, einfach damit ich sehen kann, was momentan bei mir im Gebiet für Vogelarten vorkommen oder in welcher Masse die auch vorkommen, ist auch immer sehr interessant. Wir haben momentan Zugzeit und ich sage mal, jede Vogelart, die zieht ja quasi an einem anderen Tag, so ungefähr. Also es gibt Vögel, die kommen erst im Mai wieder, es gibt Vögel, die kommen jetzt halt schon wieder. Und zum Beispiel jetzt Zilpzeit, wenn man jetzt den nehmen würde, das ist so ein typischer Vogel, der kommt Anfang Mitte März. Und dann gibt es zum Beispiel den Neuntöter, der kommt erst Mitte Mai oder sowas wieder. Ne? Und da ist das Deswegen halt habe ich super. noch nicht gesehen. Aha. Genau, und das ist für mich dann zum Beispiel sehr interessant zu erfahren, okay, sind die ersten jetzt schon da? Und dann, dass man selber zum Beispiel auf Besuche gehen kann. Ne? Oder Zilpzalp habe ich schon gehört dieses Jahr. Ha. Genau, die sind bei uns jetzt auch seit 2 Wochen da und singen fleißig. Und das finde ich dann immer wieder geil. Weißt du, wenn das Jahr fängt an und die ersten Vogelarten hörst du dann das erste Mal wieder in diesem Jahr. Das ist dann immer für mich ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Und dann freue ich mich auch, wenn ich ordentlich Ist das dieses Jahr ein bisschen früher oder ist das einigermaßen gleich? Ja, ist viel früher dieses Jahr. Ist viel früher, ne? Boah, weil also ich bin heute Nachmittag noch mal unterwegs gewesen, weil ich ja diese Schwarzspechthöhle mir da und ich gucke auf diesen Schwarzspecht und ich gucke dann immer, wo die langfliegen, weil zurzeit ist ja noch kein Grün draußen, also ist ja super zu beobachten. Gucke dann 200 Meter weiter, ist der Schwarzmilan am Kreisen und fängt da an, sein Nest zu bauen. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Schon ein Schwarzspecht jetzt so ein Pärchen, was nistet, ne? Ich war schon total begeistert. Der schmeißt da sein Holz raus und alles. Und dann geht's los. Die Buntspechte die drehen durch. Also es ist ein Geschnatter, ein Gefliege. Gestern habe ich 2 bei der Paarung fotografiert. Dann heute die Milane, der Schwarzspecht. Also ich glaube, zurzeit ist richtig, sobald so ein bisschen Sonne rauskommt, ist da richtig amtlich was los.
Und wir haben jetzt, was Ja. haben wir jetzt? Jetzt haben wir Ende März. Also Ja, finde ich schon früh. Also Schwarzmilan ist aber ja auch ein Vogel, der in den Süden fliegt, meine ich. Ne? Ich meine, ich kenne mich mit dem Schwarzmilan jetzt nicht so aus. Ich habe den erst einmal letztes Jahr das allererste Mal überhaupt gesehen, weil bei uns in Ostfriesland kommt der einfach nicht vor als Brutvogel. Dann, der zieht hier durch, weißt du, wenn Zugzeit ist, dann kommt er hier mal durchgeflogen. Aber super, super selten halt. Ne? Aber das ist eigentlich ein Vogel, der müsste auch ja eigentlich erst irgendwann im April oder so wiederkommen, oder? Überleg mal. Ja, jetzt Ja, ist März. aber das war heute, ich habe das heute total beobachtet. Ich habe das erste Mal gesehen, dass der einen Baum anfliegt, sich die dünnen Äste sucht, dann krallt er sich diese alten Äste und bricht die im Flug weg. Ja, Dann krass, nimmt ne? er die in den Schnabel rein. Also ich habe heute bestimmt, also eine Stunde, wie so ein kleines Kind, war fasziniert. Dann fliegt er an seinen Baum ran, kreist da zweimal drüber, dann saß da schon das Weibchen oder ich hoffe, es war das Weibchen, also so von 100 Meter Entfernung habe ich es gesehen. Und dann hat er da die Äste abgelegt. Und dann sind sie beide zusammen wieder geflogen, wieder, wo es so alte Bäume so angeflogen und dann fliegen die immer so ran und greifen. Und mal greifen sie daneben oder mal gibt der Ast nicht nach und da fliegen sie weiter. Und wenn die das machen, vergessen die total, dass du da drunter stehst. Also das war richtig interessant zu beobachten. Und die haben dann wirklich da so innerhalb von einer halben Stunde haben die da angefangen, ihr Nest zu bauen. Also hochinteressant. Ich finde das Hast du spannend, da dass die Videos wirklich gemacht? Nee. da Nee, abbrechen. ich war mit dem Fernglas unterwegs, weil ich Ah ja, gedacht habe, okay. ich schleppe heute nicht wieder die Riesenausrüstung durch die Ja, Gegend. ja, klar. Ich gucke da erstmal, weil eigentlich wollte ich ja die Schwarzspechte, weil ich dachte, jetzt war 2 Tage an dem Loch nichts los. Nicht, dass die wechseln, weil du weißt immer, Schwarzspechte bauen ja immer so 3, 4 verschiedene und suchen sich dann, wo sie da reingehen. Also es ist ja nie gesagt, dass dieses Schwarzspecht, dass der wirklich. Und heute ist er da am Holz rausschmeißen und dann kam das Weibchen wieder angeflogen. Aber was du sagen musst, hochschreckhaft. Das Also Weibchen. muss ich echt sagen, ja, also ich Aha. habe da das Männchen, das waren so gut, ja, bestimmt 50 Meter, die so durchs Fernglas geguckt und sagte mir, boah, alles Gute. Das Weibchen hat mich dann irgendwie gesehen. Dann gab es einen riesen Alarm und dann waren beide wieder weg. Mhm. Was ich aber spannend finde, dass die noch bei dir beim Nestbau sind, weil eigentlich dürfen die schon brüten überall. Ja, aber es war ja das Männchen, er hat ja richtig das Mhm. Holz rausgeschmissen, das hast du ja richtig gesehen. Also ich werde morgen früh Ja. mit Sicherheit mich da um 5:30 morgens hinhocken und werde das morgen mal versuchen zu filmen. Jetzt, weil wir Ja. gerade bei Thema Weibchen sind, die Regierung von Oberbayern ist nach Hause gekommen. Ich muss da schnell Hallo sagen. Ah, gibt's Kaffee? Ich komme gleich Grüß wieder. an die Dani. Ja. Mach ich. Ja, aber ihr habt's doch Adler schön da oben, oder? Ihr habt's auch richtig tolle Greifvögel, da müsste ja auch was gehen. Ja, was heißt Adler? Also wir haben Seeadler, Ja, haben wir. Seeadler, ja, ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das eine sehr häufige Art ist, aber man kann den schon öfter mal antreffen, wenn man gute Augen hat. Es ist jetzt aber nicht so, dass du hier Neststandorte sehr viele hast. Ich glaube, wir haben hier 2, 3 Nester, ich glaube in ganz Ostfriesland. Da weiß ich selber noch nicht mal, wo überhaupt eins der Nester ist. Also ich weiß ungefähr, wo die sind, aber nicht genau. Mhm. Und die siehst du eigentlich hier hauptsächlich auf dem Durchzug, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte jetzt auch vorgestern erst, auch ein paar Kilometer von meinem Haus entfernt, auch wieder mit dem Fernglas eingesehen, der da über also bestimmt 200 Meter oder 100 Meter hoch am Himmel geflogen ist. Mhm. Aber ja, so richtig geil kannst du die hier nicht beobachten. Da gibt es schon bessere Orte. Also MacPom und sowas, da kannst du natürlich richtig geil Ja, das ist ja beobachten. bekannt. Das ist ja bekannt. Also das kannst du hier, aber in der Regel kannst du das hier knicken. Wenn du mal einen siehst, dann fliegt er irgendwo ganz weit weg. Wie haltet ihr das da bei euch mit die Spots? Weil bei uns ist das immer ein Riesengeheimnis, wenn der eine Fotograf einen Spot hat, das ist wie ein Heiligtum. Also da gibt es ein paar coole Jungs, wo du dich unterhalten kannst, die rücken dann auch mal was raus. Das ist so, wie gesagt, Spot gegen Spot, aber sonst ist das bei uns hier in der Gegend mit den Fotografen eine Geheimniskrämerei. Das ist manchmal echt schwierig. Wie habt ihr das da oben? Weil das sieht eigentlich sehr entspannter aus, ne? Wenn du da mit Ja, deinem also wir gehen hier in der Regel sehr offen mit den Spots. So. Es kommt drauf an, also ich habe auch so 1, 2 Gebiete, wo ich, wenn ich da richtig krasse Beobachtung habe, das mache ich halt nicht öffentlich, weil ich nicht unbedingt möchte, dass dass das Gebiet an sich geschützt wird. Zum Beispiel, wenn da jetzt ein besonderer Vogel brütet oder sowas, dann würde ich das niemals öffentlich melden, weil ich einfach nicht riskieren möchte, dass die Brut hops geht. Ja, mache ich auch. Ne? Genau, oder wenn das jetzt ich habe zum Beispiel so ein ganz kleines Renaturierungsgebiet bei mir, da bin ich seit 10 Jahren, besuche ich das 2-mal im Monat und gucke einfach mal, gucke immer, was da los ist. Das ist aber wirklich sehr, sehr klein und meistens brüten da auch, oder er brütet immer mindestens ein Kranichpaar. Und Kraniche sind sau schreckhaft.
Und da würde ich auch nie auf die Idee kommen, dass ich das öffentlich melde, wo das ist. Ne? So, weil sonst hast du nämlich keine Kraniche mehr, die da fliegen. Und das ist wirklich ein Gebiet, das sind, weiß ich, 150 Meter lang oder 150 Meter lang und 200 Wo war Meter das? breit. Nee, aber ansonsten gehen wir da super offen mit um. Und es kommt ja auch immer darauf an, ist das jetzt einfach nur ein Platz, wo Vögel rasten? Dann interessiert das, dann braucht man den nicht schützen. Dann ist das absoluter Quatsch, wenn man sich Ja, da hinstellt. sind ja eh wieder weg, genau. Ich möchte diesen Platz jetzt Die schützen, Andrea fragt, wo du herkommst. Also hat sie gerade Also geschrieben. ich wohne in Aurich, in dem Herzen von Ostfriesland. Ja, das ist cool da. Da gibt es immer einen Wochenmarkt, der ist total cool. Das ist da, wo der Otto herkommt. Nee, Genau. Nee, der kommt aus Emden. Emden. Das ist für mich alles das gleiche Eck da oben. Aber das darfst du denen, glaube ich, nicht sagen. Nee, also ich bin da ganz cool mit. Das Jetzt passt hätte ich schon. aber Ich bin dann noch eine Frage. Ist ja brutal, wie du dich mit Vögeln auskennst. Ich habe jetzt extra Vögel gesagt. Andere Tiere, fotografiert ihr andere Tiere auch außer Vögel? Meinst du mich? Stefan? Alle. Rehe, schon. keine Ahnung. Stefan macht bestimmt Robben, oder? Wow, Robben muss Wenn cool ich mal sein. welche sehe, dann kommen die auch ins Video rein, aber die sind Okay. auch mal gar nicht so einfach. Also hier direkt an der Küste hast du eigentlich nichts, wo so eine Robbe mal rumsitzt. Auf den Inseln hast du das bei uns. Aber da bin ich eigentlich. Okay. Ja, wir sind in Greetsiel, sind wir immer mit der Nordstern gefahren. Mit dem Captain da raus. Da fährst du ja durch das Siel durch. Da sind ja super schöne Vogelkolonien. Also es ist ja der Hammer, wenn du da durchfährst, da drehst du durch als Vogelfotograf. Das ist ja ein Traum. Und dann gehst du dann durch dieses Wehr durch da, durch dieses Hebewerk da und dann fährst du ja raus auf die offene See, also ins Watt raus. Und dann fährst du ja dann zwischen den Inseln durch und raus aufs Meer, ne? Und dann drehen die meistens rum und fahren dann von hinten diese Robbeninseln an. Und ich als Depp habe natürlich die ganze Zeit, weil ich unbedingt so ein Robbenbild wollte, durch meinen 600er durchgeguckt. Ne, die ganze Zeit. Hier ist so schlecht geworden, dass ich die erste Runde nur noch gekotzt habe. Ich habe gar keine Bilder machen können, das erste Mal, wo wir rausgefahren sind, weil durch das 600er Tele da noch durchgeguckt die ganze Zeit und der Horizont und nee, also ich denke mal, Robben ist da oben bestimmt toll zu fotografieren, ne? Die habt ihr da oben. Also auf den Inseln auf jeden Fall. Ja. Auf dem Festland hast du hier, oder ich überlege gerade, nee, eigentlich hast du hier keine Spots, wo die hier auf dem Festland regelmäßig anzutreffen sind. Wenn du mal, ich sag mal, du hast das, wenn die ganzen Robbenbabys, Heuler, wenn die alle da sind, dann liegt irgendwo einer mal am Strand rum. Aber da sollte man sich eigentlich lieber von fernhalten, weil sonst. Ja, gibt es ja Strafen auch und so, ne? Die sind ja richtig geschützt mit Strafen und nicht weiter als, ich glaube, 200 Meter ran oder so, ne? Die dürfen ja gar nicht an den Inseln ranfahren. Aber das finde ich okay. Also da muss ich echt sagen, das ist. Wie weit bist du da vom Meer weg? Ja, ich überlege gerade. Jo, was ist das? Ungefähr. Wie muss man sich das vorstellen? 1 Kilometer, 20 Kilometer? Nee, also ich würde sagen 30. 20 bis 30 Kilometer. Ist ja traumhaft. Also bei mir sind es 800 Kilometer. Bei mir auch. Wahrscheinlich. Bei dir noch mehr, ja. Theo der Nördliche hat gerade eine ganz coole Aussage gemacht. Da geht es um Lichtverschmutzung, muss ich sagen. Was heißt das? Lichtverschmutzung ist zum Beispiel, wenn irgendwelche Lampen draußen die ganze Zeit an sind, auch nachts, dass da halt Nachtfalter und Co. angeflogen kommen und und da elendig verrecken. Wie so Insektenfallen, ja. Ich habe das auch schon mal gehört. Ja, genau, weil das Lichtverschmutzung ist wirklich ein Riesenproblem. Ich mache ja auch Nachtfalterleuchten. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Also das heißt, da wird ein Leuchtturm aufgestellt mitten in der Natur. Und wenn dann Nachtfalter angeflogen kommt, dann bestimmst du die alle, welche Nachtfalter da sind. Da gibt es ja auch Arten, die sind super selten, Arten, die sind ganz häufig. Aber du musst das halt für jedes Gebiet dann wieder neu rausfinden, welche Nachtfalter da überhaupt vorkommen. Und sowas mache ich jetzt seit 3 oder 4 Jahren. Ja. Und man merkt das natürlich, wenn ich hier was bei mir im Garten machen würde, da würde fast nichts ankommen an Nachtfaltern, weil eben rundherum überall alles beleuchtet ist. Ja, klar. Und eine Riesensache, das kann ich jetzt mal schnell loswerden, wenn ich gerade schon am Meckern bin. Knödel von der Stadt Aurich, die haben quasi an einem Weg, der durch den Wald geht bei uns, da fährt in der Nacht, ich würde sagen, da fahren 3 Leute mit Fahrrad lang, wenn es hochkommt. Ne? Aber den ganzen Weg, den haben sie alle 50 Meter so eine
ja, diese großen Lampen, die Solar Straßenlaterne, LED-Lampe, ha? Straßenlaterne reingeballert. Das ist für absoluter Mist für die Natur. Für Nachtfalter, für alles, was an Insekten nachts rumfliegt, fliegen ja auch Käfer und sowas nachts rum. Oder was weiß ich gerade nicht alles rumfliegt. Oder auch Hornissen jetzt als Beispiel. Die gehen alle zum Licht und ja, das ist einfach Kacke, weil das ist natürlich Wärme, die fliegen oben dran, die gehen kaputt. Oder Maikäfer zum Beispiel. Mit Mai geht es ja wieder los mit den Maikäfern. Ja. Die sind auch. Ist dieses Jahr wieder Maikäfer? Was denn? Ist dieses Jahr wieder Maikäfer? Die sind auch alle 3-4 Jahre bloß, glaube ich. Gell? Nee, also bei uns sind die immer. Ah, okay. Also bei uns sind die, sagt man immer, alle 3-4 Jahre haben wir Maikäfer. Es gibt bei uns nicht jedes Jahr Nur in Maikäfer. Traunstein. Nur ein Traunstein. Und das mit den Hornissen nervt mich nämlich auch gewaltig. Im Sommer, wenn du die Balkontür aufhast, auf einmal fliegt da so ein fetter Apparat rum. Ja. Ich hasse es, ich krieg Panik, wirklich. Ich hasse die Viecher. Ja, ich habe da auch Schiss vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, ich kriege immer noch hin, wenn mal eins in eine Bude reinfliegt, dass ich die dann noch irgendwie mit dem Glas rausbringe oder sowas. Aber Respekt, gell? ich habe Respekt, ja, auf jeden Fall. Ja, perfekt. Aber Glühwürmchen gibt es wenig. Also ich bei uns jedenfalls hier unten. Das weiß ich nicht im Norden, ob es da mehr gibt. Kann ich dir auch nicht sagen, ich habe noch nie ein Glühwürmchen gesehen. Echt jetzt, wirklich. Nee, also ich glaube nicht, dass es, also ich denke mal, bei euch hat es mehr. Würde ich Also jetzt wenn die nicht leuchten, schauen die aus wie so eklige Käfer. Wie Marienkäfer, wenn sie noch Ja, nicht fertig sind. Wie so Ja. Puppen. Also bei uns waren Glühwürmchen, dann habe ich dem Junior eins gefangen, ins Glas rein. Ja, am nächsten Tag war das leider tot. Oh, Aber du schau mal, warst das. die Holsteiner Fotodünn schreibt auch gerade alle 7 Jahre aus der Erde. Das Ja, müsst ihr genau, irgendwie so. Die Mhm. gibt es ja jedes mal Jahr. nachschauen, ob das Den interessant ist. Rhythmus, den gibt es auch, das ist richtig, das ist genau wie mit bestimmten Zikaden, die auch irgendwie Ja. ein paar Jubeljahre mal aus der Erde kommen. Aber, Andi! ich glaub, aber hier bei uns gibt es den Rhythmus irgendwie so gar nicht. Das kann natürlich sein, dass alle 7 Jahre richtig viele rauskommen. Ja, okay. Aber bei uns hat es wirklich jedes Jahr welche. Wenn ich jetzt ein paar Meter weiterlaufe im Mai, da haben wir einen Edeka stehen, der hat auch das ganze Nacht immer Licht an draußen. Ja. Was meinst du, was da los ist an Maikäfern, die da dran klatschen? Also da sind jeden Abend 50, 60 Maikäfer dann dran innerhalb von den ersten 2, 3 Wochen im Mai. Die haben mir früher als Kinder gefangen, sogar die Großeltern schon, haben die in Tinte eingetaucht und über Löschpapier laufen lassen. Weil es so interessante Muster gibt. Aha. Ja, wirklich, das war Krass. Ja. Kenne ich gar nicht. war bei den Kindern, Schulkindern früher vor 2000 Jahren, war das ganz beliebt. Tinte eintauchen und drüber laufen lassen. Das war Gott sei Dank voll. Ja. Was nimmst du denn für eine Kamera? Bei uns, wir sind natürlich Nikon geschädigt, aber was hast du denn? Ich habe mich seinerzeit für eine Canon 90D entschieden. 90D? Aber, ja, genau. Das war, die ist jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt mittlerweile. Und ich hatte vorher eine ganz, ganz billige Canon. Ich glaube, 350D oder irgendwie sowas war das. Und das war quasi die erste Kamera, die ich mir geholt habe. Ich glaube, die hat 250 € gekostet oder sowas. Einfach mal zum Haben. Einfach haben, ausprobieren. Und jemand dachte mir, was war jetzt? Holst du mal was richtig Cooles. Eine Wildlife-Kamera. Dann habe ich mich bei YouTube halt durchgefuchst und geguckt, was kaufen die Leute. Und zu deiner Zeit war halt die 90D bei vielen im Gespräch. Und da hast du ja trotzdem immer die Qual der Wahl. Was nimmst du jetzt für eine Kamera? Was nimmst du für eine Firma? Ne? Und da habe ich mir einfach die 90D gekauft. So. Und die hast du noch? Ja. Die nimmst du sozusagen jetzt auch. Und was hast du da vorne dran hängen? Kann ja auch nicht kleines sein, muss ja auch was länger. Ja, warte. 600 F4. Ich habe da mal was vorbereitet. Nee, das hier, da gibt es nur die Irren da mit 402,8 und so. Ja, die soll es auch geben. also das Moped hier, das ist das Tamron 150 bis 600er. Da habe ich mir vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren mal die erste Generation geholt. Und die fand ich eigentlich ganz cool, weil ich mag die, weil die leicht ist und weil ich ja, also im Gegensatz zu euch, sage ich mal, bin ich ja eigentlich permanent unterwegs und laufe sehr, sehr viel rum. Und ich habe schon gehört, dass André zum Beispiel, der macht gerne Ansitz, ne? War das so, oder? Ja, ne, Genau. gut, ich bin je nachdem, was ich halt fotografiere. Also es kommt drauf an. Normal bin ich mit dem Mountainbike unterwegs, habe ich vom Tarnset alles drin, das sieht irgendwie ein Umzug aus.
und dann habe ich auch mein Objektiv drin. Aber ich möchte mir ganz ehrlich sagen, also mit meiner Z9 und ein 180-600er dran plus Konverter plus zwei Akkus plus, also da möchte ich nicht mit rumlaufen. Da hast du vollkommen recht. Also da bin ich dann auch raus. Ja, und ich sag mal, die Kombo, die ich jetzt habe, die ist eigentlich, also bin ich soweit ganz mit zufrieden. Also ich kann bis 600 mm jetzt, also 600 Hallo, mm Uwe. Brennweite und die Ehrenwerte. 90D, da habe ich dann nochmal 1,4 mal, also wie heißt das, Croppen, 1,4. Ne? Also da komme ich auf 800 noch was Millimeter Brennweite habe ich dann, was schon ganz cool ist. Ich bin aber auch mal überlegen, ob ich mir vielleicht irgendwie was anderes mal hole, irgendwie so eine Sony oder sowas. Das ist ja echt krass, was da mittlerweile, was du mit so einem Mini-Moped aus der Hand raus filmen kannst, ohne dass das verwackelt. Sony, Also, ne? Nee, das war eine Störung. Michael, das Ach war so. eine Störung. Ich dachte schon, da wäre was im Ohr oder so. Nein. Er hat gesagt, er möchte eine Nikon haben, weil die so toll ist, hat er gesagt. Ach so, nie. Also, Ja, weil so, er möchte nie eine Sony haben. Ja, Also, jetzt hab ich ich's kenne mich ja aufgebracht. nicht aus mit Technik, aber Sony und Videografie, muss ich sagen, passt besser für die Nikon. So. Ja, aber auf jeden Fall, Nein, mittlerweile gibt es ja das ist wirklich wurscht. absolut kleine Sachen, kleine Kameras mit, ich sag mal auch mit einem Telekonverter, wo du echt verwacklungsfrei filmen kannst und sowas. Das ist echt schon krass, was ich da teilweise sehe. Siehst du, der Uwe sagt auch, die bauen Fernseher. Sage ich auch. Das ist klar. Also wenn ihr da irgendwelche coolen Tipps habt, dann ja, haut gerne raus. Oder auch wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was so Vlog-Kameras und sowas angeht. Weil irgendwann will ich auch von der GoPro weg, weil ein bisschen nervt die schon. Aber wie gesagt, ich bin überhaupt nicht technikaffin und ich habe auch nie eine Ahnung, was ich mir kaufen soll. Wieso nervt dich die GoPro? Darf ich fragen, weil ich nutze die auch. Ich nutze die eigentlich sehr viel. Ich finde die genial. Ja, ich auch Ja, ich hab letztens oder vor 2-3 Wochen einen Fahrradfahrer getroffen, der hat auch mit einer GoPro gefilmt. Das war eine neuere GoPro, ich glaube sogar die 11er. Mhm. Und die hat schon so ein, also ihr kennt das vielleicht von meinen Aufnahmen, wenn du die schief hältst, dann filmt die auch schief. So, und die hat das halt, da kannst du die schief halten, die neue, und die filmt trotzdem gerade. Die kannst du sogar in die Luft schmeißen und die bleibt immer eben. Ja, genau, solche Geschichten. Ja, mache ich. Da Habe ich auch die 11. Ja. Das ist schon bockstark, ne? Sowas ist schon Ist geil. saugut. Was mir immer wieder auffällt, erstmal, ich habe da so ein Schaumstoffgehäuse drum, einfach für Wind, weil hier in Ostfriesland, hier hast du immer Wind. Ne? Und du hast permanent dieses Windrauschen drin. Das nervt mich so ein bisschen an der GoPro, dass die halt nicht so, ja, also zumindest an meiner kannst du halt kein Mikrofon dran klemmen. Da kannst du dieses Gummigehäuse da drumherum basteln. Und wenn du die drehst, dann macht das so ein komisches Knickergeräusch. Also hier bei meiner GoPro die Mediabox außenrum. Die ist ja wasserdicht, kann nur alles anstecken. Perfekt. Mediabox ist wasserdicht? Nee. Doch. Ich denke, bei der Mediabox, bei dem Ding musst du den Deckel von der GoPro abmachen. Dass die Bis jetzt habe ich nie. Gut, ich war also nicht tauchen damit, aber ich habe da nie Probleme gehabt. Also ich habe was anderes gehört. Genau das Gegenteil nämlich. Weil wenn Also die GoPro. Ja, erzähl. Nee, ich wollte da kurz reinschießen, weil der Uwe, unser Meister in Sachen Sparfuchs, und ich bin ja auch mittlerweile bekennender Sparfuchs, DJI Action 4 bei Mediamarkt für 249 €. So, Jungs, Das und wenn ist ich sehr jetzt damit günstig. anfangen will, jetzt sagt nur was dafür oder dagegen. Für den Preis in Ordnung, ja. Da kannst du nichts dagegen sagen. Ne? Stefan, was sagst du? Ich frage, ob das eine Actioncam ist. Ja. Ist die Actioncam, ja. Ja, ich weiß nicht. Also die Actioncams an sich sind natürlich mega geil. Und 250 Flocken klingt jetzt auch nicht teuer. Das ist nix. Ja. Wir haben auch noch so eine Actioncam. Ich habe irgendwann mal so ein Malediven-Video gemacht. Da haben wir auch mit so einer günstigeren Variante von der Actioncam auch unter Wasser gefilmt. Das war auch richtig geil eigentlich. Muss man sagen. Also, was mich jucken wird, wäre die Insta360. 360 Grad Aufnahmen. Aber der Preis halt, ja. Aber das wäre auch spannend. Die könntest du schön auf die Drohne schnallen, ja. Da gibt es sicher schöne Videos davon dann. Ja, ich denke, dass aber die durch den Wald geht zum Beispiel. Schaut bestimmt richtig geil aus. Sachen wird es viel geben, ja, aber es ist alles eine Frage vom Preis. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Kaufe ich mir mal schnell einen Planer, was rumsteht, oder? Habt ihr Drohnen alle? Geht genauso rum wie das 400er gerade, ja.
Ich habe Drohne abgeschworen, weil die Jungs sagen mir immer, wo sie überall nicht fliegen können und Ja, dann leider. überlege ich mir, wenn ich jetzt 'n Tausender für 'ne Drohne ausgebe und die steht dann bei mir im Schrank, dann kriege ich Tränen in die Augen. Tja. Also, Ja, klar. weil der Markus, der tut ja viel Film und der sagt dann immer: „Ah, da kann ich nicht hochfliegen, da kann ich nicht hochfliegen, da Ja, kann ich leider. nicht hochfliegen." Da hatte ich schon gar keine Lust. Was Ja, ist das für eine, was ist das für eine Mavic? Das ist Die die Mavic 3er, 3 Classic. Genau, ja. Ah. Es ist je nachdem, uns auf dem Land, ich bin jetzt vor einem Jahr nach Traunstein gezogen, da ist es wieder ganz schwierig. Da muss ich Blend mal wirklich, Uwe ein. du musst jetzt echt 2, 3 Kilometer rausfahren. Vorher auf dem Dorf Aber war du das hast kein dann- Problem. Du hast Ja, jetzt du auch hast ja auch den Führerschein. Chiemsee gleich daneben. Ja, Chiemsee, komplettes Startverbot, komplett Naturschutzgebiet, komplett, keine Chance. Du Also kommst ja, vielleicht auf 500 Meter ran und das musst du war's. dir ein DJI U-Boot kaufen. Ja, genau, bei den Regenwetter. Das finde ich Aber Die Führerschein hast Action- du? er hat Wie halt bitte? Führerschein hast du gemacht? Nimm ich Ja, an? klar, ja. Ja. Den bräuchte es zwar nicht, aber es schadet nicht, dass er sich auskennt damit, was er damit anstellen kann. er ist ja voll in Traunstein ist er ja voll im Sack. Weißt du, rechts hat er Salzburg 'n Flughafen, links hat Genau. er Chiemsee ist 'n Naturschutzgebiet. Im Endeffekt fährst du ja erst mal 20 Kilometer, bis du das Ding in die Luft jagen kannst, oder? Und in Traunstein haben wir den Rettungshubschrauber. Da ist Ach so, sowieso ja, alles. auch noch. Auch noch, naja. Und Dann mit wird's dem ja will nicht. ich mich nicht anlegen. Der ist stärker Hier, wie ich. der Mathis schreibt gerade, dass die Hero 12 wohl Schrott ist. Habe ich auch schon gehört, komischerweise. Also Mathis selber sagt das nicht, aber ein Sigi Eichhorn sagte. Naja, dann muss es ja wissen. Aber schaut's Pocket 3. Die einen sagen, war super, die anderen sagen Kacke, Überhitzung und schlag mich tot. Es gibt, glaube ich, immer verschiedene Meinungen. Ich glaube, Ja, so es kann geht man ja das zum nur. Start, weißt du, wenn du jetzt sagst: „Okay, ich weiß nicht", weil mal ganz ehrlich, das würde ich Stefan so und so fragen, mit dieser Videoschneiderei, also, wenn ich da anfange, ich hocke da erst mal 3 Stunden für 10 Minuten und dann habe ich gar keine Lust mehr. Da tue ich lieber Mhm. 'n schönes Foto bearbeiten, weil da 3 Videospuren, 4 Tonspuren, noch Das 'ne ist ganz schön Einblendung. Arbeit, Oh das ne, sieht echt. nämlich keiner. Und Du vor allen machst Dingen, mir ein würden gar Video. nicht diese Texte dazu immer einfallen, wenn ich dem Stefan seine Videos, der hat immer da Ja, und Ja. voll auf 'n Punkt und seine Kommentare dazu und total entspannt und in einer genau, schön Ruhe. ruhig Und und ich alles. denke mir, da wäre ich ja Ja, völlig weg vom Fenster mit der Nummer. da siehst du erst einmal, was da für 'ne Arbeit dahinter steckt. Aber man sieht's halt im fertigen Video nicht, weil das geht nur 20 Minuten. Aber dass du da Ja. 3, 4 Stunden oder noch länger dran hängst und Mhm. schneidest und: „Och, ist ja doch nichts, dann mache ich noch einmal." Und das ist halt wirklich so. Da muss es ja 'n Ja, bisschen also stimmen, auch was man da erzählt, nicht so wie bei uns. Wir können ja lügen wie die egal. Aber der Also, Chat der Chat deckt das schon auf. Also, der ist nicht auf 'n Mund gefallen. Mhm. Das klappt gut hier. Wenn wir Blödsinn erzählen, da kommt schon was. Ja, Stefan, wenn du jetzt losziehst und sagst: „Okay, ich habe das und das gehört, die Vögel sind heute da, das würde ich mir gerne mal angucken", und du filmst es dann. Ähm, Machst du dir da 'n Konzept, dass du sagst: „Okay, 'n paar Nahaufnahmen, was zu den Tieren, was ich dazu sagen will?" Wie entwickelst du da so 'n Konzept für so 'n Film? Weil ich muss mir vorstellen, ich habe jetzt bestimmt 50 Videos vom fliegenden Eisvogel bis, aber ich würde gar nicht, wenn ich das zusammenschneide, das Konzept für den Film gar nicht hinkriegen. Ich wüsste gar nicht, wie ich da starten sollte. Das wäre für mich mal interessant. Mhm. Erstmal würde ich schon sagen, dass ich zu 80%, wenn nicht sogar noch mehr, einfach blau losgehe, ohne dass ich bei Ornitho irgendwas geguckt habe, sondern ich gehe einfach in 'n Gebiet rein, weil ich das Gebiet erkunden möchte. Und dann weiß ich nicht, was da vorkommt. Beziehungsweise, vielleicht ist das falsch ausgedrückt, ich möchte gerne ein Gebiet mehr erkunden und gucke dann bei Ornitho oder vielleicht woanders im Internet, was gibt es da eigentlich? So. Dann fangen wir aber erstmal so an und dann gucke ich halt, wann ich Zeit habe, weil in der Regel kann ich nicht auf groß aufs Wetter achten, weil ich meistens eh nur am Wochenende Zeit habe. Das heißt, ich fahre dann einfach hin, auch wenn es bewölkt ist, wenn die Sonne knallt wie Sau, wie Veilchen, auch wenn die Bilder dann halt scheiße werden, weil es in erster Linie geht es ja darum, dass ich was entdecken möchte. So, die Kamera, die ist ja nun nebenbei dann einfach mit. Und dann fängt das eigentlich an, ich nehme Intro auf, keine Ahnung, ich stehe meinetwegen irgendwo im Wald und so, ja, moin, Stefan Goldenstein Wildlife, herzlich willkommen auf meinem Kanal und heute sind wir mal da und da unterwegs und wir gucken mal, was passiert. Und genauso wie ich es halt im Intro sage, ist es dann auch. Also ich weiß nicht, was passiert, ich weiß nicht, was ich sehe, ich weiß nicht,
was man gut sehen kann, was man nicht sehen kann, ich habe einfach keine Ahnung, was passiert. Und dann geht's ab. Und dann laufe ich ein paar Meter, höre, gucke, da huscht was, Kamera auspacken, Abmarsch. Film und dann, ja. Aber ich glaube, genau das macht's aus. Ich glaube, genau das wollen die Zuschauer. Die wollen dein Video einschalten, wollen sehen, oh, was passiert. Und bei deinen Videos, muss ich ganz ehrlich sagen, du holst den Zuschauer ab, vom Anfang bis zum Ende. Und das, was der André, der Dingsbums, gesagt hat, ist ja toll, was du so im Nachhinein vertonst, die ganzen Informationen. Das gefällt mir zum Beispiel ganz gut für jemanden, der sich da nicht so auskennt. Ja, ich bin mit der Qualität aber immer noch nicht ganz zufrieden, weil es teilweise noch, also die Soundqualität ist einfach scheiße teilweise. Bist du auch so einer, der sich das Video anschaut und sich dann denkt, scheiße, ist das Kacke. Ja. Ist aber schlimm. Also meine Frau sagt immer, spinnst du, das ist ja super. Und ich, nee, das kannst du nicht veröffentlichen, geht nicht. Ja, ich bin da wie du. Also ich habe, ich sag mal, wir haben es ja gerade mal kurz angerissen, wie lange man so braucht für ein Video. Ne? Wenn ich morgens losgehe, ein Video aufnehme erstmal, ich würde mal sagen, dann bin ich so vielleicht 4 Stunden unterwegs, vielleicht 5 Stunden. Ne? Dann habe ich Videomaterial von 1,5 Stunden, 2 Stunden ungefähr, die ich dann verarbeiten muss. Dann mache ich erstmal so einen sogenannten Raw Cut. Das heißt, erstmal alle Videos in das Programm reinballern und dann erst einen Clip angucken. Dann hast du ja meistens noch irgendwie so Kameraverwackler, bevor du anfängst. Dann redest du, dann merkst du, dass du dich versprochen hast, dann nimmst du das Ganze nochmal auf. So, die ganzen Geschichten, die schneidest du ja erstmal sowieso alles erstmal komplett weg. Ja. Dann hast du meistens dann beim 2-Stunden-Video dann noch, ich würde sagen, so 45 Minuten Rohvideomaterial, was du dann noch hast. Ja. Und dann musst du sehen, dass du den Kram auf 20 Minuten kriegst und dass es dann auch spannend zum Zugucken ist. Weil das nichts Langweiliges, finde ich persönlich, wenn du 4 Minuten lang eine einzige Aufnahme von irgendeinem Tier machst, was da hin und her rennt. Das guckt sich ganz spannend an. Das ist so meine Meinung. Ne? Ja, ganz langweilig, genau. Also muss ich dann sehen, dass wenn ich jetzt eine Tierart vorstellen möchte oder eine gefunden habe, vielleicht eine Blaumeise jetzt als Beispiel, habe da von der Blaumeise 3 Minuten Videomaterial, dann suche ich mir da maximal 3 Szenen eigentlich raus und schneide die auf 6, 7 Sekunden. Ja. So, und dann halt, damit das ein bisschen Bewegung im Video ist, dass es ein bisschen spannend ist. Wobei 6, 7 Sekunden teilweise, gut, bei Wildlife, glaube ich, passt es, teilweise auch schon ziemlich lang ist. Also wenn du andere Videos anschaust, da hast du Cuts alle 3 Sekunden drin, ja. Das ist irre. Ja, das finde ich dann ein bisschen viel, alle 3 Sekunden. Aber ja, das passt jetzt zum Wildlife. Aber wenn du jetzt so ein 20-Minuten-Video hast und da, 15 Tierarten drin hast und du hast so 20 Sekunden pro Tierart, ist das eigentlich schon, dann geht das schon. Dann wird es zumindest nicht langweilig. Ne? Wenn du jetzt aber längere Takes, wenn du halt längere Takes da drin hast oder, keine Ahnung, mal wegen 10, 7 Sekunden Ausschnitte vom gleichen Tier, das finde ich persönlich total langweilig und deswegen versuche ich die halt kurz zu halten, dass das Video halt sehr abwechslungsreich wird. Jetzt hätte ich aber auch eine Frage, was mich interessiert, weil der Michael hat auch aufgeschrieben, wie es ausschaut mit Tarnung, Heid, Zelt. Was mich interessiert, ihr macht es ja jetzt hauptsächlich, also du Stefan Vögel, Michael hat auch schon Wolf und so weiter, also auch schon der André, glaube ich, war Bären und so weiter. Wie ist es eigentlich? Ich finde es immer witzig, wenn die Wildlife-Typen rumlaufen mit Flecktarn und so weiter und haben sich da mit Chanel Nummer 5 einparfümiert und so weiter. Genau, da wollte ich mich fragen, wie schaut das da eigentlich aus? Ein Wildtier kann ich ja auf Kilometer wittern. Reibt ihr euch da mit Bärendreck ein? Nee, wenn ich am Samstag weiß, dass ich Samstag losziehe, dann tue ich mich dienstags letztes Mal duschen. Und dann passt es. Nee. Nee, ist es wirklich ernst? Haut aber der Bär dann auch ab. Ja, nee, der Bär kommt dann. Also Bärenmädchen, Bärenmädchen sind dann echt. Also da bist du dann im Stress. Soll ich dich jetzt ernst nehmen oder nicht? Sie kannst hier aussuchen. Aber Vögel können dich doch gar nicht wittern. Haben die so Geruchssachen? Können die das? Die lauschen doch und schauen, oder? Vögel ist doch nur mit Bewegung. Die merken nur, wenn du dich bewegst, ja. Okay. Ja, das hat mich einfach mal interessiert, ja. Ich sehe gerade, der Andy Crow Photo hat geschrieben, ob wir Richard Donner kennen. Ja, Videos kenne ich. Der hat aber einen ganz anderen Stil als ich jetzt als Beispiel, weil der macht viel ohne Musik und sowas. Also der macht das wirklich auf einem absoluten Minimum, das geht schon in die ASMR-Richtung, was super entspannend sein kann. Also viele Leute feiern das. Ich persönlich
mag das, wenn da ein bisschen mehr Action drin ist, bin ich ganz ehrlich. Obwohl Richard das sehr, sehr gut macht. Also Aber ich der hat gucke auch jetzt, gerne, ja. aber Vielleicht der kriege ich zum auch Beispiel, mal, dass er mal mit hier als Gast ist, mal sehen. Also also ich der hat mag auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Art und Weise, ein Video zu präsentieren und der schneidet auch verdammt geil. Auch die Intros sind richtig gut. Aber ich finde immer persönlich, dass er ein bisschen wenig Wildlife drin hat. Weil er macht auch, glaube ich, auch viel Naturfotografie und Landschaftsfotografie und so. Genau, ne, der wandert ja, der macht ja mehrere Strecken, Ja, genau. wandert er so ab und das ist seine Erzählung sozusagen auch mal durch ein Dorf. Das ist seine Art, genauso wie deine Art ist, wenn du halt Ja. ein Tier ganz genau erklärst, das kommt daher, das brütet von da bis dort und so weiter. Das erzählst du ja auch in so einer schönen, ruhigen Art. Und das macht der Richard auch in so einer schönen, ruhigen Art, erzählt er halt das gut, ist ja jeder mag was anderes, ist klar. Aber ich gucke ihn gerne, sehr gerne sogar auch. Gibt es eigentlich irgendwie so ein Vorbild, wo du sagst, oder was ist so dein Ziel auf YouTube? Also außer, dass du Millionär werden willst, wie wir alle. Genau. Was steckt da für Motivation dahinter? Weil du stehst ja doch auf und dann oder du bist mal ein bisschen kritisch oder wo sagst du, wo willst du mal, was für Ziel hast du auf YouTube? Das ist eine Schwierig, ganz schön schwierige Frage. Also mein Ziel war irgendwann mal die 1000 Abonnenten zu erreichen und jetzt ist mein nächstes Ziel eigentlich, vielleicht mal irgendwann Geld damit zu verdienen. So. Okay. Also vielleicht irgendwann. Also machst du das schon damit, dass du ein bisschen Geld damit verdienst, um mal vielleicht noch ein größeres Objektiv oder einen anderen Fotoapparat zu kaufen oder sonstiges? Ja, ich sag mal, Ziel ist ja, wenn ich jetzt ich stecke ja jede Woche, weiß nicht, 20, 25 Stunden in YouTube rein. Ne? Mhm. So, und dann ist es natürlich schon geil, wenn du einfach mit dem Gedanken spielst, vielleicht mache ich irgendwann 500 € im Monat. Ich meine, das ist utopisch jetzt, ist mir klar, aber das ist vielleicht ein Ziel, das man irgendwann mal erreichen kann, wenn man es irgendwann schafft, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten zu kriegen, vielleicht oder noch mehr, dass man dann einfach ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann und vielleicht sogar irgendwann sagen kann, wenn man 50 ist oder so, weißt du was, ich mache jetzt nur noch YouTube. Jetzt habe ich die ganze Woche lang Zeit, Videos zu schneiden, obwohl das Schneiden an sich, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du 8 Stunden gearbeitet hast, nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Nee, auch mir macht Spaß. Genauso wie Videofotos. Der hätte aber einen super Tipp, Stefan, vom ehrenwerten U-Rock. Geld verdienen mit YouTube, Katzen und Bikini-Girls. Genau. Katzenvideos funktionieren immer. Bikini-Girls auch. an der Ostsee könnte auch machbar sein. Und Technik, die aus Berlin kommt. Die mag er auch ganz besonders. Habe ich jetzt gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, Perfekt. wir nicht. Nee, aber so ein Ziel ist auf jeden Fall, irgendwann mal damit Geld zu verdienen. Ich werde es aber nicht schaffen, weil ich einfach diese Pace, die ich jetzt habe, momentan ist es ja so, dass ich jede Woche versuche, ein Video rauszubringen. Das halte ich in der Regel nicht lange. Das ist jetzt, glaube ich, schon der 3. Anlauf, wo ich es versuche. Und meistens ist dann April, Mai spätestens wieder Schluss, dass ich dann erstmal mich komplett auf meinen Beruf konzentrieren muss. Und dann geht das ganz häufig dann wieder im Winter irgendwann los, dass ich wieder anfange. Also ich werde da nie hinkommen, dass ich Geld verdiene. Weil du bist ja allein, du hast ja keine Agentur, die hinter dir steht, du hast kein Personal, die was die Schnitte machen und so weiter. Nee, genau. Marketing und so, ja. Das Einzelpersonen. Aber es wäre schön, wenn man sich das Hobby finanzieren könnte damit. Das wäre für mich so ein Ziel, wo ich auf jeden Fall. Ich möchte mal einfach so ein tolles Teleskop kaufen, so lange es zum Dranschrauben. Ich kann mir das von den Einnahmen kaufen. Das wäre so mein Ziel, ja. Ja, wollte gerade sagen. Also, was haben die anderen für Ziele? Ja. Der Dingsbums macht jetzt Aktfotografie. Sein neuesten, hör mir auf. Nee, für mich, also das ist ja nur ein Spaß jetzt. Nee, also ich bin ja so der bleibt neugierig, ist ja mein Motto. Also ich mache ja von Tropfenfotografie über Pferde, Wildlife. Ich stehe morgens auf und mache das, worauf ich gerade Bock habe. Und das ist für mich der Ausgleich. Meine Familie, die gehen dann meistens morgens zum Pferd und dann weiß ich, okay, ich habe bis 14 Uhr, 15 Uhr Zeit zu tun und zu lassen, was ich möchte. Und wenn ich heute halt ein Model habe und ich habe eine total geile Location, wie ich es gerade hatte, da wird da Model-Shooting gemacht und wenn ich halt sage, okay, heute gehe ich Wildlife fotografieren, dann gehe ich halt mal Wildlife fotografieren. Oder jetzt war ich mit dem Schwotte im Kloster in Maulbronn.
Also du glaubst gar nicht, wir sind 2 Fotografen, wir sind irre gewesen. Wir sind da bestimmt 9 Stunden durchs Kloster gerobbt Mhm. und haben nur das Kloster fotografiert aus allen Ecken und Enden. Und das war so genial und ich habe da so viel gelernt dann in einem Tag, ne? Das war Wahnsinn. Und deshalb sage ich ja, Fotografie ist so umfangreich. Ich will das als Hobby und ich habe ganz viele Sachen als Hobby gemacht und dann ist es semi-professionell geworden. Und dann kommt Druck auf. Genau, wenn und das ist der Druck aufkommt, dann verliere ich meistens die Lust an dem Richtig. Thema. Ja, kenne ich. das kenn Muss, ich, das kenn ich. Gezwungene, Weißt- das ist doof. Und wenn du dann, ich kann mir zum Beispiel keinen Fotografen vorstellen, der wirklich kreativ sein kann, wenn er damit Geld verdienen muss und hat den Druck im Hintergrund abliefern zu müssen. Mhm. Du siehst ganz viele Fotografen, die diesen Druck haben und die dann im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, immer das gleiche Bild schießen. Oder Und diese, kommen. und diese Kreativität, die möchte ich mir einfach behalten. Für mich ist Ja. das wirklich Hobby. Fertig. Da Wenn ist mal- ja eigentlich schon der Zwang, jede Woche ein Video zu bringen. Das ist ja auch schon ein Das Zwang, wollte wenn ich du so gerade zu willst. dir sagen, Stefan, das ist doch schon ein Riesenzwang, den du dir Ja. auflegst für deine Ja, auf Qualität. jeden Fall. Wenn du sagst, ich Ist muss auch da so. jetzt, welchen Spot mache ich? Also ich weiß nicht, also für mich wäre das nix. Ja, wir sind die Klaviersisters. Ja, genau. Da haben wir das gleiche Klavier. Ja, ja. Also vor allen Dingen hab ich auch- Wir schlafen auch zusammen auf dem Sofa. Ja, auf Ja. den da hinten. Ja, Ja. genau. Ja, da ist es. Also ich Oder habe er aber auch ja schläft- mehrere Hobbys, ne? Das darf man, ich bin ja jetzt nicht nur draußen in der Natur, sondern ich habe ja auch ein paar Hobbys mehr. Und Mhm. wenn ich aber nur dieses YouTube-Ding machen möchte, dann muss ich alle anderen Hobbys Weg. Wegdrücken. wegziehen. Ja. So, und auf Dauer ist das Kacke, weil ich brauche einfach Abwechslung in meinem Leben. Und ob das jetzt Ja. keine Entweder Ahnung, hast du das Ziel, dass du dir eben dann irgendwann mal Geld verdienst, da musst du es natürlich auch durchziehen, logisch. ja, auf jeden Fall. Oder das bleibt halt Hobby und du machst aus reiner Lust, Spaß, Entspannung, irgendwas, willst halt andere noch mal ein bisschen dran teilhaben lassen. Aber da ist jetzt Geld nicht im Kopf, ist weg, ist klar. Ich Wie bei glaube, mir, mir ist das wurscht. Und ich habe ja auch ich kenne Familie, keinen weißt du? Fotografen, der normal ist, der Geld damit verdient. Also ich glaube, das Thema ist durch. Ja, wenn du Hochzeitsfotograf bist oder sowas, Ja. dann kommst du natürlich auf deine Kohle, ne? Aber Der Klaus, da musst du auch Bock drauf haben. Und ich der Klaus ich hab oder das aber noch nie der erlebt. Markus, Berliner Markus. Und du musst gut sein, überleg mal, du versemmelst da so ein paar wichtige Fotos. Also ich habe vor den Leuten riesen Respekt. Ich könnte mir das nie vorstellen, überleg mal, du versemmelst da die Unterschrift oder einen Hochzeitskuss oder sonst irgendwas. Mhm. Die tun dich ja an die Mauer nageln. Ja, Also erstens gibt's die Möglichkeit für den Scheidungsfotografen, das wäre so ein Nischenprodukt. Und zweitens, dann ist er mittlerweile 2-, 3-mal verheiratet. Also wenn es am ersten Versuch nicht klappt mit die Fotos, Mach's halt noch dann einmal. schau Scheiße, halt hat nicht geklappt. Das Also kommt die war geil, blöd. Wenn jetzt so, genau, sagst dann zur Braut, das machen wir mit dem Kuss, machen wir beim nächsten Mal. Ja, genau, das muss er locker sehen, finde ich jetzt. Ich denke gerade, hat das nicht irgendeiner von euch letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt, da ging es um Beerdigungsfotografen oder irgendwie sowas? Nee. Doch, da war Irgendwie was. sowas. Mir ist da immer der Hintergrund, dass da irgendwie die Verstorbenen fotografiert werden oder irgendwie sowas. Ich meine, dass das einer von euch erzählt hat mal. Das war Und ich, dass ihr ja. dann auch gesagt habt, das wäre nichts für euch, weil da brauchst du halt schon Eier für, um das zu machen. Nee, tote Babys hattest du gesagt, Markus. oder Ja, irgendwie sowas. die Richtig kranke Scheiße. Regenböckenfotografie. Genau, Regenbogenfotografie Sternenkinderfotografie. oder Sternkern, ja. Boah, das Ja, ist ein genau. Thema, nee. Ja, also solche Stefan, Geschichten. Ja. Stefan, stehst du denn direkt auf mal frühs auf? Also stellst dir mal einen Wecker auf 4 Uhr oder 5 Uhr und gehst dann raus, weil eben das Tier oder das, was du eben sehen möchtest, genau da aktiv ist oder weil eben die Sonne schön ist oder der Nebel da ist. Machst du das auch oder planst du da nichts weiter? Gehst einfach, wann du Zeit hast? Ich gehe einfach los, wenn ich Zeit habe. Okay. Und meistens stehe ich schon früh auf. Deswegen mache ich im Winter auch ganz gerne eigentlich, weil dann braucht man nicht so früh aufstehen. Weil es dann so erst später dunkel wird, hell wird. Nebel finde ich total scheiße, weil ich will ja Tiere sehen und hören und so. Und Nebel ist dann immer so ein bisschen kontraproduktiv. Für schöne Bilder macht das vielleicht dem einen oder anderen ganz gut gefallen. Ich finde es selber nicht so gut, ehrlich gesagt. Und auf perfekte Sonnenlicht achte ich eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, ich bin kein Fotograf. Ne? Also mir ist das eigentlich total wurscht, ob das regnet oder ob die Sonne scheint. Ich will ja was entdecken. So, und dann manchmal sieht das auf dem Video dann auch scheiße aus, weil ich dann im Gegenlicht vielleicht was filmen muss oder egal.
Mir ist das Also egal. brauche ich jetzt auch gar nicht fragen, welche Einstellung du da speziell nimmst oder irgendwas. Du Doch, nimmst das kannst du ruhig schon fragen. Also für Ah. Videoaufnahmen mache ich mir Ja. das Leben total einfach und stelle einfach auf Automatik. Ja, da habe ich mir gedacht, ja. So, Video mache ich einfach Automatik. Wenn ich Bilder mache, dann passe ich das natürlich an. So, wenn es total dunkel ist, stelle ich ISO höher. Ja. Und wenn ich mal irgendwie hatte, mir passiert es auch ab und zu mal, dass ein Vogel bei mir vor der Linse ist, der hübsch ist, der auch nah dran ist und sogar dann freigestellt ist, und dann denke ich mir auch so, weißt du was, dann machst du jetzt mal ein paar schöne Bilder davon, dann stelle ich das auch schon alles vernünftig ein. Also, dass ich dann zum Beispiel den ISO maximal auf 400 dann habe und sowas, Ja. dass du dann auch knacke Bilder hast oder dass du dann die Verschlusszeit, die ist bei mir meistens bei 840, dass ich die dann runterstelle auf, keine Ahnung, auf 200, 100, also so tief wie es geht. Mache ich dann auch Also schon. Ne? achtest doch schon ein bisschen drauf, dass das ein bisschen passt dann im Endeffekt. Nicht nur einfach blank in Automatik, Vollautomatik und drauf los, dann doch. Nee, da passt da sehe ich schon zu, dass wenn ich mal Bilder mache, zum Beispiel, ich hatte jetzt im Grezil-Video, habt ihr vielleicht auch gesehen, da habe ich ein Schwarzkehlchen Das war toll. gefilmt. Ne? Und da habe ich auch richtig geile Fotos gemacht, weil der saß da einfach für ein paar Minuten und da konntest du dann aus, ich sag mal, 15 Meter oder 20 Meter Entfernung, konntest natürlich auch ein paar schöne Bilder machen. Und da habe ich dann auch ein bisschen rumexperimentiert. Siehst du? Und so Ja, also langsam wird's, siehst du? Wir kriechen dich schon noch rum. Das Ja, wird also ich was. meine, den Augenblick lasse ich mir dann nicht entgehen, aber meine Herangehensweise ist nicht, dass ich mich, keine Ahnung, dass ich alles darauf auslege, dass ich jetzt den Money Shot mache, sondern das passiert dann einfach zufällig. So. Ich dachte, ist auch mal schön, mal bei Facebook ein Bild rein oder bei Instagram und die sagen, ja, hast du 1000 Klicks oder für zu Hause, für die Wand, guck mal, das schöne Bild habe ich gemacht, da war ich da und dort. Sowas ist nicht so dein, ne. Naja, Also ich macht habe eine gute Freundin von mir, die ist bei Instagram, die heißt Ostfriesen-Fotografie. Die hat auch einen relativ großen Kanal mit, weiß nicht, 10.000, hast du mir schon 12.000 vorgestellt, genau. Followern, genau, richtig. Und die macht zum Beispiel, die bringt jeden Tag 1 oder 2 Bilder, meine ich. Und die macht auch jede Woche ein Quiz und sowas. Und die verkauft auch Kalender und sowas mit richtig tollen Bildern. Das ist aber nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt 2 Minuten weg. In der Zwischenzeit überlege ich mal richtig fiese Frage, gell? Bin gleich wieder da. Ja, eine fiese. Richtig fies. Ich mache auch mal kurz eine Streckpause und bin dann auch in 1, 2 Minuten wieder da. Ja, okay. Jetzt wollte ich dich gerade zubomben mit einer Frage, aber na dann. Da musst du kurz warten. Ja, ich So. muss erst mal gucken, welche Frage ich nehme. Meine Damen und Herren, der Michael und der Dingsbums starten jetzt ihr Klavierkonzert. Genau. Du, Micha, kannst du mir erklären, wenn der sitzt am Watt und da kommen 300 Vögel verschiedene vorbeigeflogen, woher weiß der genau, was er gerade vor der Linse hat? Das habe ich ihn schon mal gefragt und da hat er mir verraten, er weiß das auch nicht. Er guckt dann im Nachhinein danach bei Wikipedia oder Onido oder da gibt es ja verschiedene Nabu. Mache ich aber auch, ehrlich gesagt. Ich schaue dann und auch viel gibt es ja eine App. Warte. Die sage ich dir sofort, die App. Die ist mal richtig klasse. Wenn man Vogelbestimmung machen möchte, die heißt Picturebird. Okay. Da musst du aber aufpassen, die wollen dich immer zwingen zu irgendeinem Abo und so ein Blödsinn. Man muss es immer oben wegdrücken und da kann man ich habe die ja schon jahrelang frei. Dann Und fotografierst du dann vom Display oder wie? Mit dem Handy? Du fotografierst die, wenn du selbst vom Monitor weg, egal, oder weißt du, von der Kamera hinten, was ist das? Hinten von der Kamera drauf fotografierst du den Bildschirm ab und der scannt und 100% passt das. Also ich hatte noch keinen, was daneben gehauen hat. Okay. Also passt sehr gut die App. Also das klappt. Und Bin jetzt ich auch mal, immer. was machst du für eine Filmeinstellung bei deiner Kamera, wenn du auf Zeitlupe gehst an deiner Z9? Na, 4K 120. Das, was du mir geschickt hattest damals. Okay, Das okay. geht natürlich nicht, wenn du ganz früh hast kein Licht, logisch, da musst du auf 30 runter. Aber sobald wie Licht da ist, kannst du 4K 120 und fertig. Steht der Name nicht bei jedem Vogel unten drunter? Ja, meine Vögel haben selten ein Schild um den Hals, wo es draufsteht. Nee, er meint im Handy, wenn du. Ich weiß, wie er es gemeint hat. Ich wollte ihn ja nur ärgern. Ach, ein Ehrenwerten kannst du doch nicht ärgern. Tja, ich bin auch ganz geheim.
ganz geheim bin ich. Mich findet auch nicht jeder. Du, Mathis, der Dingsbums-Fotograf ist eigentlich nur entstanden, weil der Herr Ritter sich meinen Namen nie merken konnte. Ja, der ist aber auch. Warte, ich muss ihn ablesen. Black Dog Walker 13 Tierfotografie. So, das sollst du dir jetzt merken. Außer ich erzähle es jetzt 30 Mal hintereinander weg, dann habe ich es drin. Aber Ja, mein Gott. und den konnte ich nicht auswendig, den einen Tag. Und da auf einmal war was mit Dingsbums da noch im Raum und schon hieß er Dingsbums. Ja. Also Aber Chat, da- ich finde das von euch voll stark, dass ihr beim Steffen ein Abo da lasst. Muss ich echt Ja. mal sagen. Ja, Finde die ich echt sind gut doch- von euch, wirklich. Das sind aber tolle Videos. Hast du das gesehen mit den Ach, Starren? Ja, Ah, brutal. Ja, geil, saugeil. Ist das saugeil. nicht kannst krank? Und du- der Kumpel von ihm steht daneben und sagt, da kommt 2000, da kommt 3000, da kommen Ja, noch es waren 5000. 40.000 oder so, genau. Das Geil. kannst du auf Foto nicht festhalten. Nein, Die nein. dynamischen Ja, Bewegungen es geht nur im gibt schon Video. was. Wenn die so spezielle Form dann haben, das ist zufällig, aber Video ist schon da geiler, das stimmt. Ja, also gefällt mir auch. Also wir haben die Stare auch. Bin noch nie drauf gekommen, dass es filmen. Wir haben letztens, vor 1-2 Jahren, haben wir Gänse gehabt. Ich habe das noch nie gesehen. Die sind wahrscheinlich da in Winterschlaf geflogen. Die sind wirklich im Dreieck sind die geflogen. Das hat so gigantisch ausgeschaut. Ich habe jetzt vor 2 Jahren wieder drauf gewartet, dass ich sehe. Nix. Letztes Jahr auch nicht. Ich habe das einmal gesehen, da habe ich noch nicht fotografiert. Ja, in Bayern ist ja Maut, die fliegen drum rum. Ja, Ich kenne ja das bloß von Nils Holgersson. Die sind wirklich reihenweise so in Dreiecken geflogen, aber scharenweise. Das hat gigantisch ausgeschaut, wirklich. ja, muss Wow. mal die Kraniche, wenn da oben beim Stefan die Kraniche rumfliegen, wie das ausschaut. Da habe ich jetzt mal wieder Videos gesehen, ey, das muss ja der Hammer sein, was da abgeht. Also, Ja. Da gibt es direkt einen Spot da oben, stimmt. Also Kraniche hier- haben ja ganz viele im Feld rumstehen. Also die stehen bei uns rum wie die Schwammerl. Und in jeder Wiese stehen die rum. Also Kranich, sorry. Fotodern, das wollte ich nochmal schnell loswerden. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Aber nicht, Weizcat-Runner. ein neuer Der Abonnent, Tim. Ich weiß es nicht. Vielen lieben Dank. So, aber so Kraniche geht bei uns eigentlich. Also die Kraniche hier bei mir, die überwintern alle. Und so Riesenmassen haben wir hier gar nicht bei uns. Also so MacPom und so geht ja echt die Luzi ab. Oder Schleswig-Holstein, aber bei uns geht das eigentlich. okay. Ich habe Reiher gemeint, so Reiher. Die Reiher stehen bei uns überall rum, wo andere sagen, boah, ihr habt Reiher. Ja, die Amis sind voll wild auf Graureiher. Wenn du bei den Amis einen Graureiher postest, drehen die durch. Ja, also. Ja. Also Achso, sind zu wir meiner Reiher, fiesen, die Sau. ich habe mir jetzt auch die fiese Frage überlegt. Oh, Das frage ich eigentlich immer gern. Ist dir auf deinen Wanderungen schon mal irgendwas Spannendes oder Lustiges widerfahren, wo das so in Erinnerung geblieben ist, wo du denkst hast, das kann nur mir passieren? Also ich bin mal durch einen Wald gelaufen und bin über ein kopulierendes Paar gestolpert, zum Beispiel. Ist mir in Erinnerung geblieben. Boah. Gibt es auch sowas, wo du sagst, oder irgendwie so einen Moment, wo du sagst, das erlebst du noch Micha, einmal? jetzt weißt du, warum man eine Wärmedrohne hat. Ja, also ich habe, wo du das gerade erwähnt hast, ich habe eine Erinnerung, das wird mich mein Lebtag begleiten, Alter. Das war so schlimm. Ich war letztes Jahr im Kaiserstuhl und habe da einfach nur quasi eine Fotoreise gemacht. Da habe ich auch mein Stativ gar nicht mitgenommen zum Filmen, sondern einfach eine Woche Kaiserstuhl, weil ich Wiedehop sehen wollte. Ich wollte Bienenfresser sehen. Und. Und dann war ich im Freiburger Riesling. Das ist bei Freiburg irgendein Offenlandgebiet, würde ich mal sagen, wo auch Neuntöter und sowas alles dann sind. Und da gehen die Freiburger scheinbar auch gerne hin und laufen da ihre Runden und genießen die Natur. Und da sind überall dann Wege, die du ganz normal laufen kannst. Und da gehen auch so ein paar Pfade, sag ich mal. So. Und da lief da die ganze Zeit so ein Typ rum, mit Oberkörper frei. Und der war auch der Einzige. Ich meine, das war jetzt nicht kalt oder so, aber da rannte keiner oberkörperfrei rum. So heiß war es eigentlich nicht. Aber der rannte die ganze Zeit oberkörperfrei rum. Und irgendwann kam er dann zu mir und meinte, hey, du hast ja ein tolles Objektiv und sowas, was fotografierst du denn? Und dann habe ich so ein bisschen mit ihm gequatscht. Und da habe ich schon gedacht, ein komischer Typ eigentlich, ne? Ja. So, und eine halbe Stunde später bin ich dann so einen Pfad dann da mal lang gelaufen. Und dann saß der Typ da
ich weiß nicht, ob ich den Begriff jetzt hier sagen kann, aber der hat sich da hingehockt und hat sich da richtig einen abgeschüttelt auf dem Pfad. Und das war so unangenehm. Da bin ich auf der Stelle wieder umgedreht mit hochrotem Kopf und da hat er sich da wirklich auf dem Pfad geschleudert. Das war so unangenehm, wirklich. Also sagen darfst du alles, weil ich sammle Strikes, das ist gar kein Problem. Oder vielleicht war ich habe jetzt ja keine keine bösen Wörter benutzt, aber. Nö, hat er nicht. Also vielleicht war er von einem riesen Objektiv einfach angetan. Das kann sein. Ja, aber jetzt sind so Sachen, es bleiben da in Erinnerung. Cool. Und das Ding ist halt, das war ja kein Stück Natur, wo kein Mensch unterwegs ist. Da waren echt viele Leute unterwegs. Und der ist dann einfach irgendwo hingegangen und hat sich dann auf dem Pfad dann hingehockt und sich da schön einen abgehobelt. Ja, vor allem, wie reagierst du dann, gell? Ja, da weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Ich bin auf der Stelle umgedreht und bin fast zurückgerannt. Ja. Also das war absolut komisch. Danach habe ich den aber auch nicht wieder gesehen. Ich glaube, ja, Gott sei er Dank. hat mich auch gesehen und hat sich auch verkrümelt. Hoffe ich mal. Aber stell dir mal vor, wenn das jetzt eine Frau gesehen hätte oder sowas. Oder der wäre eine Familie vorbeigekommen oder sowas. Wie unangenehm ist das? Ja. Richtig Was magst denn du eigentlich am Kaiserstuhl-Dingsbums? Sag mal, du bleibst ja überall rum, ha? Kaiserstuhl ist ja bekannt. Bienenfresser, Wiedehopf, Neuntöter, Bluthämpfling. Ich habe ja schon mal gesagt, ich entdecke halt gerne viel und ich will vor allen Dingen viel sehen. Ne? Und Kaiserstuhl und Ostfriesland, das sind ja Welten. Ne? Kaiserstuhl ist ja eine von den heißesten Regionen in Deutschland, denn dementsprechend hast du da ganz andere Tierarten. Da hast du halt von der Gottesanbeterin hast du Smaragdeidechsen, da hast du halt Vögel, die Wärme lieben und sowas. Das ist richtig geil. Und dieses Jahr zum Beispiel fahre ich nach Brandenburg. Mache da jetzt einfach mal eine Woche Urlaub und will einfach da Vogelarten mitnehmen, Tierarten mitnehmen, die ich noch nie vorgesehen habe. Einfach, dass ich die für mich auf meiner Live-List quasi abhaken kann. Das ist ein Wiedehopf. Ach, da waren wir gerade dabei sind, dass du das abhakst. Da gibt es ja eine spezielle Tierart oder ein Vogel oder irgendwas, was du dir ganz oben auf die Liste geschrieben hast, was du noch haben möchtest, wo du schon 300 Jahre drauf gierst und noch nie gefangen, fotografiert, gefilmt hast. Gibt es da was? Ne. Ja, der Wiedehopf. Nee, Den hast du auch schon, Wiedehopf, ja. Ja, den habe ich im Kaiserstuhl gefunden. Das ist Kaiserstuhl, da ist ja kein Problem. Echt? Ja, das ist, ich war da mit einem Engländer und der hat zu mir gesagt, die heißen Hupos. Da habe ich immer gefragt, warum heißen die Hupos? Weil die hörst du kilometerweit. Das ist so genial. Alles klar, ja. Das ist so genial und vor allen Dingen, wenn du die im Flug erwischt, die haben eine traumhafte Federzeichnung im Flug. Leider ich habe mir gleich mal notiert. Noch nie ein. Weißt du, was zurzeit Topspot ist für Wiedehopf Portugal? Ja, vielen lieben Dank an die Leute, die mich noch abonniert haben. Wollte ich nochmal raushauen. Ja. Also Wiedehopf Spot Nummer 1 ist zurzeit Portugal. Also das reizt mich aber tatsächlich gar nicht so im Ausland. Tierarten zu fotografieren, die es in Deutschland rein theoretisch auch gibt. Ich war Urlaub, ich habe auch schon mal Urlaub, wir machen auch jedes Jahr einen Urlaub außerhalb von Deutschland, meistens da, wo man schön am Strand rumgammeln kann. Und auf Fuerteventura zum Beispiel, da hast du auch wieder. Ne? Habe ich jetzt verpasst, welches Tier du noch auf deiner Liste oben drauf hattest oder hast du das nicht verraten? Gar nichts, oder? Ja, nee, ich habe überlegt so kein Wunschtier. Also alles, was ich noch nie gesehen habe, darf zu mir kommen. Egal, ob das jetzt in Bayern ein super häufiges Tier ist oder ob das jetzt ein super Also gibt jetzt nicht irgendeinen Dachs oder irgendwas, was du sagst, Mensch, der wäre mal was. Bei mir ist zum Beispiel der Wolf, den hätte ich, das steht, gut, den habe ich fotografiert, aber nur eine Wildpark, den hätte ich gerne mal in live. Aber ja, Wolf gehört natürlich dazu. Aber ich würde Wolf jetzt nicht höher ranken als, keine Ahnung, einen coolen Käfer oder einen Schmetterling. Deswegen frage ich dich ja, genau. Nee, würde ich nicht. Aber ich freue mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Brandenburg bin, da habe ich mich natürlich auch vorher schlau gemacht, was da so alles kreucht und fleucht. Gibt es auch. Und da sind noch 20, 30 Vogelarten, die ich noch nie gesehen habe. Und da freue ich mich einfach drauf, da reinzutauchen. Und wenn ich auch nur 15 von denen sehe oder sowas, das würde mich schon riesig freuen.
Weißt du? Wie lange machst du da Urlaub dort? 14 Tage oder? Nee. Ich habe ja gesagt, ich bin im Naturschutz tätig. Ach so. Und da zählt bei mir dann auch Kartieren und sowas dazu. Und meine Kartierzeit, die fängt Mitte Mai an. Also, beziehungsweise eigentlich fängt die jetzt schon an, weil ich jetzt schon Kiebitze und Uferschnepfen und sowas alles zählen muss, Nester suchen muss, Eier zählen hin und her. Und im Mai gehen dann noch ein paar andere Vogelarten los, wie der Neuntöter. Und dazwischen, da habe ich einfach nur ein verlängertes Wochenende. Also das sind dann 5 Tage, wo mein Chef dann sagt, ja okay, da kannst du gehen, aber länger auch nicht. Das kannst du im Winter machen, deinen langen Urlaub, so nach dem Motto. Aber jetzt, wo Kartierzeit ist, da bleiben wir nur ein paar Tage halt. Ne? Da hast du sozusagen richtig stramm zu tun. Also bei uns im Bayerischen Wald oben werden Kauze und Eulen gezählt. Das ist total verrückt. Das sind, Ja, geil. die machen das ehrenamtshalber, die hocken da in der Nacht an bestimmte Stellen und notieren das genau, wann, wie oft irgendeine Eule oder Kauz schreit, weil die eben den Bestand da kartografieren oder schauen wollen, wie viel das da eigentlich nur gibt. Habe ich total spannend gefunden. Ich habe leider noch nie eine Eule oder Kauz gesehen, muss ich ganz ehrlich. Da gibt es ja Leute, die kaufen sich für ein Schweinegeld Wärmebildkameras, damit die sowas sehen und dann sehen sie ihn immer noch nicht. Doch. Hast du gesehen? Ich kann dir zeigen. Okay. Aber ich zeige den lieber nicht, da holst du wieder. Nee, weil ich bin immer so einer, weißt du, ich laufe durch den Wald und gucke nach Gewöll und Knöchele und nach dem. Mache ich aber auch, bin ich ehrlich. Aber keine Chance. Also ich habe Waldkauz. Ich war jetzt mal in Karlsruhe, da sitzt da im Stadtpark, ja, da kann jeder Depp fotografieren, das ist ja Mit dem Handy uninteressant. sogar, genau. Ja. Nee, mir geht es ja darum, die wirklich in der Natur zu erwischen. Das ist ja das Ziel, was ich habe. Also ich finde ja nichts schöner wie jetzt die Schwarzspechte. Wenn ich durch den Wald laufe und plötzlich sehe ich die live vor mir. Das ist Hammer. Ja, also aber Das sind ja Riesen. Das sind ja wie Die groß? sind Das sind riesig. 30 Zentimeter, wa? ja, die sind 25. echt riesig. Das hätte ich Ja. ja gar nicht gedacht. Also, aber das siehst du schon an dem Loch. Das ist ein mega Ja, Loch, ist was richtig. Ja. die da reingehauen haben. Aber ich denke mal, dass so wirklich, wenn ich sowas sehe, dann möchte ich das nicht im Stadtpark, wo 100 Fotografen davor stehen, dann finde ich das schon wieder langweilig. Ich gehe lieber durch den Wald. Ich gehe ja sowieso lieber, also ich habe noch einen richtig guten Spätzle, mit dem ich immer laufe, auch zu Eisvögel und so, da setzen wir uns wirklich zu zweit ans Wasser. Der kann auch mal 2 Stunden ruhig sein und nicht labern, weißt, weil das brauche ich dann nicht, wenn ich fotografiere und habe dann noch einen, der mich ständig dazu textet. Genau. Aber so eine Sache mache ich dann doch lieber alleine, wo ich dann wirklich meine Ruhe habe und das genießen kann. Und das möchte ich in freier Natur und da möchte ich nicht im Stadtpark oder sonst irgendwo liegen. Nee, Das ist dann für mich kein Wildlife, ehrlich gesagt. Deswegen gehe ich gerne nachts fotografieren, wenn einfach Ruhe ist, wenn ich mal Stille Da habe. hast du Ruhe, ja, richtig. Aber Ist der aber auch Andi hat noch interessant. eine Frage an den Stefan. Bird Racing. Sagt mir gar nichts, der Begriff. Mich auch nicht. Bird Race ist mega cool. Das ist wirklich genau mein Element. Also Bird Race ist quasi 1 Tag im Jahr. Ich glaube, das ist das erste oder zweite Wochenende im Mai. Das ist halt an einem einzigen Tag. Da gehst du los und versuchst so viele Vogelarten wie möglich an einem einzigen Tag zu beobachten. Okay. Ach so. Das ist ja verrückt. Das ist halt total geil. In der Regel ist das dann so, dass es dann so regional machst, also eigentlich machst du das in einem einzigen Landkreis, dass du dann unterwegs bist und dann versuchst du in dem Landkreis so viel wie möglich zu finden. Und das dient dann vor allen Dingen so der Datenerfassung, ne? Das dann so ein bisschen wie Stunde der Wintervögel vom NABU. Sagt euch bestimmt was. Okay. Wird dann ja auch einfach gemacht, damit dann dadurch Daten erhoben werden, damit man sehen kann, ist der Haussperling schon wieder weniger geworden und solche Geschichten. Und Bird Race ist dann so ähnlich, kannst du fast sagen. Außer, dass das so ein bisschen die Königsdisziplin ist, weil du dann natürlich Verrückt. versuchen möchtest, so viele Vogelarten wie möglich einfach zu finden. Gibt es dann da so eine gemeinsame Plattform, wo dann verglichen wird? Oder? Ja, das wird vom Dachverband der deutschen Avifaunisten gemacht. Die richten quasi das Bird Race auf. Ah, verstehe. Okay. Und da gibt es dann auch tatsächlich Preise zu gewinnen und sowas alles. Aber in der Regel macht man das einfach also ich mache es nicht, um Preise zu gewinnen. Ich glaube, das machen die wenigsten, sondern man will einfach derjenige sein, der am allermeisten sieht. Und vor allen Dingen möchte man sich selber von Jahr zu Jahr verbessern. Ich mache das jetzt dieses Jahr zum 3. Mal mit. Und ja, beim ersten Mal hatte ich, glaube ich, 90 Vogelarten. Letztes Jahr hatte ich 115 oder 118. An einem Tag. Wir reden von Vogelarten, nicht von der Anzahl. Von Arten, von einzelnen Arten. An einem Tag. An ganz einem genau. Tag. Ja. So, und jetzt, dieses Jahr möchte ich natürlich noch besser werden. Aber letztes Jahr war schon Sametag. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal hinkriege.
Aber so die Das- besten, die kriegen schon 100. Also wenn du einen Das guten kriege ich in einer Woche nicht hin. Ich sage, wo er da im Video da sitzt, seine Enten, und der hatte an dem Video hat er alleine 6, 7 verschiedene Entensorten aufgezählt. Da hätte ich Ja. schon Tränen in die Augen bei uns. Tja. Also das ist bei uns gar nicht möglich. Aber übrigens, weil es ging um Vogel des Jahres, also das ist Kiebitz dieses Jahr 24. Habe ich Richtig? gerade gegoogelt. Vogel des Jahres 24. Kiebitz, okay. Wiederhopf, Hm? sondern der Also nicht Kiebitz. Wiederhopf. Obwohl, das wäre auch mal ein Traum, sowas zu fotografieren, ne? Wiederhopf oder Kiebitz. Kiebitz. Hm. Das ist ja bei uns total. Das ist wie dieser blaue Alpenbock. Jeder fotografiert diesen blauen Alpenbock. Ich habe noch nie einen gefunden. Ich Also renne durch den Kiebitz Wald. habe ich schon, aber nicht schön fotografiert. Auch eigentlich nur zur Dokumentation. Nee, ich finde mal richtig schön. Ich habe da so Ja, Makroaufnahmen gesehen. Ein Traum. Und das ist so dieser blaue. Das finde ich total genial. Aber jeder erzählt mir, dass ich den schon 100-mal gesehen habe. Ich sage ja, wo sind die Fotos? Ja, habe ich gerade nicht. Also, ja. Nee, weißt du, das ist komisch. Aber das wäre so ein Ist das- Ding, wo ich mal richtig Bock drauf hätte. Also Ist das wär vielleicht so- sowas? Ist das vielleicht sowas wie unser Wolpertinger? Genau, oder der gelb gerendete Uferschnepper oder so, weißt du? Gibt es ja die Wahrscheinlich. wildesten Tiere, ne? Ja, ja. Aber da haben wir vom Andi noch eine Frage. Stefan, dann kennst du Tommy Weigel. Bestimmt auch. Weigel sagt mir jetzt auch leider nichts. Doch, also Weigels für die Welt ist auch ein YouTube-Vogel, also eher so ein Vogel. Nee, stimmt gar nicht, der macht, glaube ich, auch alles. Das ist aber auch ein YouTube-Kanal, der jetzt so durch Kalle Nibbenhagen vor allen Dingen relativ bekannt geworden ist. Kalle Nibbenhagen sagt euch vielleicht was? Ornithologie für Anfänger. Das ist Deutschlands größter Vogel. Macht jeden Kanal. Dienstag Livestream irgendwie, genau, oder Mittwoch, Dienstag. glaub Genau, ich. der hat recht viele Abonnenten auf jeden Fall. Und der Tommy, wir haben die mal was zusammen gemacht im Livestream und seitdem geht Tommys Kanal eigentlich auch gut ab, würde ich mal sagen. Und Tommy macht auch regelmäßig Livestreams, da bin ich auch regelmäßig. Ah, cool. Guter Mann, kann man nichts anderes sagen. Der ist aber, ich sag mal, der freut sich immer noch so über jede Vogelart und sowas. Und das ist recht ansteckend, wenn der irgendwas findet und so. Und der Das ist rastet doch dann cool, immer komplett ja. aus und Ist doch schön. macht die Vögel dann immer komplett nach, was ich dann immer sehr witzig finde. Hm. Also der ist noch extrovertierter als ich, was das angeht auf jeden Fall. Aber guter Mann. Aber so Wildlife, Vogelfotografie, das ist schon so eine eigene Blase oder so eine eigene Clique, wo man sich untereinander kennt. Ja, nee, also ich bin mit dem Tommy eigentlich genauso in Kontakt wie mit euch. Okay. Also, oder Ja. wie mit Michael ja jetzt eher. Man schreibt sich halt und ja. Da schon her. Man ist jetzt nicht befreundet oder so. Guck mal, der ne? Mattes. Verrückt. Der Langzeit-Anfänger Mattes, der geht morgen mit den Domi ins Ecke-Gebirge. Eckegebirge. Okay. Ja, nice. Aha. Ich will wieder googeln hier. Ich bin heute Also nur ich am wäre Googeln. fast bei Tommy mit dabei gewesen in Brandenburg, aber ja, durch meine Kartierung hat sich mein Wochenendurlaub dann quasi eine Woche nach hinten verschoben und deswegen verpassen wir uns da jetzt um eine Woche, sonst hätte ich auch mal mit einer Exkursion mitgemacht. Ja, Was steht denn bei dir als nächstes an? Jetzt bist du Brandenburg, steht irgendwann mal der wilde Süden, Berge, Gebirge, Alpen. Oh, ist auf jeden Fall ein Traum, definitiv. Das wird Okay. irgendwann kommen, weil Alpen ist auch wieder nochmal ein ganz anderes Terrain, was Tierarten angeht. Weil ich hätte auch mal richtig Bock, irgendwelche Gämsen oder Steinböcke oder Geht mir auch so. weiß der Geier was, irgendwelche coolen Geier und sowas zu fotografieren oder so einfach zu sehen. Also das steht auf jeden Fall noch oben auf meiner Liste. Aber genauso wie Siebengebirge, keine Ahnung, Bayerischer Wald, MacPom steht auch noch irgendwo bei mir auf der Liste. Also ich will schon gerne mal alle coolen Gebiete in Deutschland so, ja, zumindest mal gewesen sein und ein bisschen was fotografieren können und so. Ne? Also wenn du aber im Süden herunten bist, dann hoffe ich, dann treffen wir uns. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Bundesland Bayern, ja, ist ja Ganz klar, Bewerbung Skypix ist. Ganz unten, Wo? Ja, beim Berchtesgaden. Chiemsee. Oh, Chiemsee. Berchtesgaden. Berchtesgaden ist natürlich sehr berüchtigt für Landschaft und so, ne? Mhm. Ja, ja. Der Michael Ritter war ja. Der Michael Ritter war ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Michael Ritter war ja auch zu Besuch. Wir haben Ja. auch ganz viel Wildlife gemacht, also im Hofbräuhaus. Ein Hofbräuhaus, ja. Nach 6 Halben haben wir dann keine Lust mehr gehabt. Nee. Deswegen bräuchte ich einen, der mir das vielleicht wirklich zeigt. Ja, ich habe da gar nicht so den Plan, das stimmt. Lass uns das mal festhalten. Also, wenn ich nach Berchtesgaden oder wenn ich in die Alpen fahren möchte, dann fahre ich auf jeden Fall nach Berchtesgaden und dann starten wir auf jeden Fall mal was. Also, wie gesagt, ich habe noch Verwandtschaft in der Schweiz zum Beispiel, da bin ich eigentlich auch einmal im Jahr, deswegen
komme ich dann öfter mal durch den kommst du durch, Kaiserstuhl. Ne? Und ich habe auch mal ein Video gemacht, das heißt irgendwie Vogelarten an der Schweizer Grenze. Das ist auch schon 2 Jahre alt oder so. Okay. Du findest einfach überall Wildlife. Und ich finde das immer ganz witzig, wenn ihr sagt, bei mir gibt es das und das nicht. Dann denke ich mir so, Also das habe ich früher auch gedacht. Aber irgendwann entwickelt man einfach ein Gehör, man entwickelt ein Auge und dann findet man überall was. Egal, also mich könnte in der Wüste aussetzen und ich würde dir trotzdem 30, 40 Vogelarten hier rauszaubern. Weil ich bin noch schlechter drin. Also es gibt wie Experten, die finden auf den kleinsten Flächen, die nach nichts aussehen, finden die Vogelarten. Aber das ist alles halt eine Sache vom Lernen, sag ich mal. Ne? Das ist einfach so. Aber das stimmt, Genau. von Michael habe ich was Tolles gelernt, und zwar habe ich die Z9 halten dürfen. Und ich finde die richtig geil. Richtig Hammer. Ein sehr schönes Gerät. Hast du denn den Winkel, weil es gestern oder vorgestern ging es ja auch um den Winkel, L-Winkel. Machst du den auch drum bei dir? Den werden wir definitiv besorgen, aber ich werde das komplette Cage besorgen. Das komplette? Komplett außenrum, Ach eben so, okay. Na zum gut, Filmen. Zum Filmen brauche Ja, ich. zum Filmen brauchst du das, ja. Genau. Aber Ja, das finde ist ich eine cool. schöne Sache. Da Ist auch kommt alles- Michael, der Dingsbums kommt, Stefan, dann sind wir schon zu viert. Und dann verscheuchen wir alle Tiere. Ja, das Wenn wir kriegt man hin. bloß beim Ratschen sind. Ich kenne ja einen Weg. Genau. Ja. Was, Bayern? Nee, Bayern kenne ich nicht. Wo ist Bayern? Es ist Bayern. außerhalb von Deutschland. Genau. Aber wenn Dann mal kommen einer aus Friesland kommt, dann darf er mich natürlich auch gerne besuchen. Ne? Ostfriesland würde mich mal richtig jucken. Ja. Ey, das ist so schön da oben. Das ist so der Ich liebe Hammer. die Ostsee. Ja. Vor allen Dingen da auf dem Deich stehen. Ich habe da Bilder gemacht von diesem Otto-Leuchtturm bei Nebelwand und Unwetterwand, die da reinkam, und habe im Regen gestanden, dass meine Kamera fast geflutet war. Also da gibt es schon richtig geile Nummern. Also da kannst du dich wirklich tot fotografieren da oben. Ja, ich stelle mir das so toll vor, das Meer. Ich war viel in Estland, da haben wir auch die Ostsee. Ich würde mir das toll vorstellen, also ich habe auch schon Sturmfluten erlebt. Muss genial sein zum Fotografieren. Also ich kenne einen, der ist in St. Peter-Ording oben, was der da für Fotos schießt. Nur wenn da mal die Milchstraße zu sehen ist oder so. Ja. Das ist für uns völlig unvorstellbar. Es ist immer so. Lebe ich im Norden, will ich in den Süden. Immer das, was er meint, nicht zu Norden. Und man müsste eigentlich selber vor die Haustür rausgehen und selber mal, schau, ich lebe in Bayern, da zahlen Menschen einen Haufen Geld Tourismus. Jetzt ist Osterferien, jetzt sind unsere Straßen wieder voll. Ich gehe raus und denke mir, ja, Berge, toll. Andere sagen, boah, Berge geil, ich zahle 1.000 Euro für eine Woche Berge. Das ist, glaube ich, überall so. Ja, aber dieser Pilsumer Leuchtturm da, das war für mich halt so cool mit dem Weg da, weil die Holsteiner Foto, der gerade schreibt, das war so cool. Und wenn du da stehst, hast du nämlich genau, wenn du Richtung Greetsiel fotografierst, den Sonnenuntergang drin. Und da hast du diesen Deich als führende Linie, hast diesen Leuchtturm da drin. Also das ist ja schon 100-mal fotografiert. Aber wenn du da abends stehst und die Sonne geht unter, ist das schon echt geil. Also das ist schon, da kriegst du schon Gänsehaut. Wenn du ein Gefühl dafür hast, dann ist das schon cool. Ja, das ist für mich echt der absolute Fluch da mit der Sonne, weil genau die Flächen, wo du aufs Wasser drauf gucken kannst, du guckst immer gegen die scheiß Sonne. Das ist so räudig da in der Ecke. Ja. Aber ansonsten, die Vogelwelt da, einfach ein Träumchen. Und direkt dahinter kannst du aufs Meer gucken. Es ist geil auf jeden Fall. Nur die Sonne, die steht halt immer scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe hier mal ein Bild für einen Andi, weil der Andi gerade sagte, er ist mit der ZF voll zufrieden. Das ist sie, die ZF. Also das Kleine davon. Habe ich auch eine Zeit jetzt mal fotografiert. Unser Chef vom Fotoclub hat die nicht so schlecht. Muss ich echt auch sagen. Also gut, man muss den Griff haben hier, aber die ist richtig Hammer, gefällt mir gut. Muss ich auch sagen. Micha, wir haben gerade eine Einladung gekriegt an der Schlei zu Seeadler. Also da wäre ich ja sofort der Erste, der da würde ich ja sofort und der Andi hat uns, wir sind das ganze Jahr nur unterwegs, Zagreb, Seeadler. Zagreb wollten wir auch mal, stimmt. Aber Seeadler, das wäre schon noch so ein Ding von mir. Ja. Also ich habe ja so ein bisschen ein Aber gegen, da gibt es so, ich kann den Namen nicht sagen, ich vergesse das immer, möchte ich auch nicht nennen.
der das sehr macht, aber da möchte ich nicht hin, weil da werden dann die Aale mit Luft aufgepumpt, dass sie oben schwimmen und so. Da Ja. bin ich schon wieder raus, ne? Also, ich möchte wirklich da die freie Natur haben und da würde ich schon echt was für geben. Also, Seeadler wirklich frei fliegend, das ist schon das wäre schon so 'n Ding, ne? Oder wie der Frankie von Franks Vlogs, wo der jetzt die Weißkopfseeadler, ne, in Amerika. Boah, Der hat Hammer. ja da auch 'ne Stelle, wo es da stehen ja auch die Mhm. Fotografen, in der Reihe. Das ist natürlich Hammer dort, so 'n Spot. Aber Ja. ist es spannend, das selber so 'n Spot zu finden? Das ist es ja, das sage ich ja. Ja, Wenn du also dann auch die alleine im Vorstellung, Wald sitzt und dann kommt plötzlich das Vieh daher, das gibt nichts Cooleres. weil ich finde das ja ganz schlimm, gibt ja im Wildlife auch die Urlaube, wo's buchen kannst. Was ist da mit die Wale zum Beispiel? Du kannst einen Ausflug buchen, einen Urlaub Mhm. komplett, da wird garantiert, du siehst die und die Tiere. Ja. Das hat doch nichts mit Wildlife zu tun, das ist Fototourismus. Tja, das ist wohl wahr, ja. Aber ist es nicht manchmal besser, wenn's das ist jetzt wirklich die Frage, ist es manchmal nicht besser, wenn so was in Bahn gelenkt wird, als dass jeder Depp, der keine Ahnung hat, durch Im den Wald Wald rumlaufen. läuft Ja. Das oder ist durchs wo ist jetzt da die Grenze, ne? Dass der eine jetzt sagt zum Beispiel, wenn der Stefan jetzt sagt, er hat Spots, wo es eigentlich schon mal cool wäre, wenn nicht jeder langlaufen würde. So Dann ist ist es. halt wirklich die Frage, ist es nicht cool, da einfach 'ne Ja. Fotografenhütte hinzubauen und zu sagen: „Bis dahin und nicht weiter?" Da können wir Genau. ja also wir haben so so Stellen. Da ist ein Pavillon, da kannst du gucken. Aber die Frage würde mich auch interessieren, Stefan. Wenn du so einen richtig geilen Spot hast bei deinen Videos, überlegst du auch manchmal, ob du den öffentlich machst oder lieber für dich behältst? Weil es ist ja wirklich so, wenn es aufkommt, die Leute kommen dann, ja. Also wenn ich das einschätzen kann, ob die Vögel da jetzt, hatten wir ja vorhin schon mal drüber, wenn ich das einschätzen kann, dass die Vögel da nicht ständig sitzen, sondern Ja. ich hatte ja zum Beispiel ein Video mit dem Bluthändling, habt ihr ja zum Beispiel gesehen. Oder glaube ich, das haben ja ein paar von euch gesehen. Ja. Das ist ein Spot, den kannst du so öffentlich machen. Das ist direkt an so einem Weg und da sitzen die Vögel ja nicht jeden Tag drin. So, das kann man dann Okay. eigentlich gut einschätzen. Wenn ich jetzt aber als Beispiel ein Seeadlerhorst auf einmal wenn auf einmal der Seeadler anfangen würde, bei mir irgendwo zu brüten, würde ich das nicht öffentlich machen. Nee, Mhm. also, aber wenn das jetzt ein Jagdgebiet vom Seeadler ist, klar, warum soll das keiner wissen? Mhm. Das Mhm. kann jeder wissen. Und ich sag mal, die meisten Fotohütten und sowas, hier gibt es ja zum Beispiel Hauener Hütten, also bei Gretsel, da gibt es ja auch 1, 2 Beobachtungshütten. Die stehen ja schon extra da, weil da eben eine super hohe Konzentration von Vögeln ist und sowas. Und weil die da auch, weil das Spots sind, da kommen die auch immer wieder hin. Das hast du aber ja sonst nicht so. Das hast du ganz, ganz selten, dass an der gleichen Stelle wirklich am nächsten Tag wieder der gleiche Vogel sitzt, sondern du musst immer suchen. Es sei denn, du hast natürlich ein Nest jetzt, wie mit den Schwarzspechten zum Beispiel. Gut stellen, ja. Ja. So, da weißt du, da ist dann der Schwarzspecht am nächsten Tag auch noch da. So einen Spot würde ich zum Beispiel auch nicht unbedingt öffentlich machen. Nein, wenn das den erfährt keiner. ist, ne? Wenn ich da Also am Auto rausgehe, da drehe ich mich um und gucke, dass keiner sieht, wie ich im Wald verschwinde. Vor allen Dingen Also heute noch, wo ich nach links geguckt habe, gedacht, ich falle vom Glauben ab, wo da der Schwarzmüller an sein Nest baut. Also da habe ich ja, das war ja wie Lottogewinn für mich. Da bin ich ja total Genau, happy. sowas würde ich halt auch nicht öffentlich machen. Wenn dann, Ja. also zumindest nicht bei Laien. Also es gibt auch noch einen Unterschied, ob du irgendwas bei Ornitho öffentlich machst oder bei Facebook. Ne? So, wenn du was bei Ornitho machst, da weißt du, da hast du in der Regel mit Leuten nur zu tun, die das respektieren und sowas. Die wissen, wie sie sich verhalten müssen, wenn die das überhaupt interessiert, wenn du irgendwas gefunden hast. Ne? Wenn du sowas bei Facebook machst, dann ist ja direkt Halligalli und jeder will dahin. Und Wenn also dann ich die hab da Sachen erlebt- Influencer-Mädels kommen, ja. Ich habe da Sachen erlebt beim Kaiserstuhl, da gibt es echt Fotografen, die haben echt einen an der Ja. Klatsche. Die brauchen echt Haue eigentlich. Also dann sitzen die da, gehen dann in die Weinreben rein, obwohl da vorher schon 5 Schilder sind. Achtung, Weinreben, nicht betreten, privat, hin und her. Die gehen da trotzdem rein, setzen sich da mit dem Tarnset 2 Meter vor die Bruthöhlen und machen da ihre Fotos. Während alle anderen Leute, die auch gerne Fotos machen wollen, 50 Meter dahinter auf dem Weg sind. So. Absolute Assis, muss ich sagen. No go. Da müssen so das Zelt bei denen abbrennen und ja, Polizei. Ja, bei uns am Königssee hat es ja auch den tollen Spot gegeben mit dem Wasserfall. Das ist ein bisschen durch die Medien gegangen, wo oben so ein kleines Wasserbecken ist, wo die Influencerinnen beim Posen gestanden sind, die auch laufend abgestürzt sind, tödlich, Ja, aber es war abgestürzt, egal. ja. Hauptsache das Foto über den Königssee sitzt. Aber Stefan, der Spot da, also es gibt ja diese 3 berühmten Wände, wo die Bienenfresser drin sind. Das sind 2 tot von.
Also ich habe da Kontakt zu welchen, die da wohnen, weil ich daneben in so einem Örtchen diese Wiedehopfhütten, also da kenne ich ein paar und die haben gesagt, genau durch diesen Tourismus, dass die Leute sich 3 Meter vor die Lösswand setzen, ist es dermaßen wenig geworden. Ich war vor 2 Jahren unten, da habe ich mich totgeschossen. Also da wusste ich gar nicht, wo ich als erstes hinhalten sollte. Und ich war dieses Jahr unten mit dem Fahrrad und bin dann so einen Tag komplett durch den Spot da gefahren, den wir alle kennen. Letztes Jahr meinst du? Letztes Jahr und bin bis ganz hoch gefahren, wo wirklich dann Ende ist. Und ich habe vielleicht, lass es 50 Bienenfresser gewesen sein, habe ich noch gesehen. Und fotografiert habe ich aus der Entfernung mit einem 600er und einem 1,5er Konverter bei 46 Millionen Pixel und habe das Bild ums Vierfache gekroppt. Das war das nächste, wo ich dran war. Bist du bei 1.500 Millimeter rum? Ha? Ja, aber dann weißt du, und ich sage auch, das ist genau dieses Thema, was wir gerade hatten. Ist es da nicht sinnvoller, eine Fotohütte hinzubauen und zu sagen, bis dahin und nicht weiter? Oder soll man wirklich jeden Idioten, und da sind ja nicht nur wir Deutschen, da sind ja Franzosen, die da hocken, dann kommen die Schweizer morgens. Also du siehst ja da die Autos, die kommen ja aus überall her da unten. Das ist ja nicht nur, dass wir Baden-Württemberger da auftauchen oder so, aber da siehst du genau so die aus der Umgebung Bayern, alle siehst du da unten. Also das ist, und wobei es sich jetzt natürlich wieder entwickelt hat durch das Klima, was wir gerade gesagt hatten, dass teilweise ich Leute habe in Thüringen, die mir sagen, also entschuldigen mal hier, Thüringen, Sachsen, wir haben jetzt auch Bienenfresser. Und die haben da mal eine Population von 200, 300 Tieren. Also es war vor 5, 6 Jahren noch undenkbar. Also wir haben hier tatsächlich auch seit Jahren einen Bienenfresser, der aus Friesland einfach sein Unwesen treibt. Also ist auch, denkt man so auch nicht. Genau, ich habe den im Garten. Ich suche den hier die ganze Zeit. Er hat ihn. Ich glaube, ihr werdet mich jetzt kreuzigen, wenn ich sage, ich kenne keinen Bienenfresser. Ihr seid alle so fasziniert davon, sagt mir leider jetzt gar nichts. Also Bienenfresser ist einer von den Top-Vögeln in Deutschland, der fotografiert werden möchte, weil er halt schön bunt ist. Und deswegen pilgern da ohne Ende Leute hin. Noch schöner wie da halt ohne Ende Leute hin. Und ja, ich war auch mal mit einem YouTube-Kollegen da, das war auch, glaube ich, letztes Jahr. Bernd Adner heißt der. Der hat einen Kanal, der heißt Wildlife TV. Und ich finde, das ist auch so ein typischer Tierfotograf, der super gerne coole Motive haben möchte, sagen wir mal so. Und der stand bei den Bienenfressern und hat so viele Bilder gemacht und ich so nach 2 Minuten hat mir das eigentlich da schon gereicht. So, weißt du, ich war da, Bienenfresser gesehen, habe ein paar Bilder gemacht. So, jetzt will ich aber mal eine Zaunammer sehen, so nach dem Motto, oder mal eine andere Vogelart. Aber der Bernd, der wollte halt lieber den Bienenfresser haben, weil der Bienenfresser natürlich... Weil man halt das perfekte Foto noch haben möchte. Das ist halt das, ne? Als Fotograf ist das was anderes. Ja, genau. Ist auch vollkommen okay, weil alle oder so, weil 90% der Wildlife-Fotografen einfach genau sowas wollen. Aber ich bin halt eine Ausnahme, was das angeht. Also ich sehe einen Vogel und denke mir, cool, Vogel gesehen, jetzt will ich aber noch einen Vogel sehen. Du bist eher der Jäger und Sammler. Ja, genau. Also ich falle da so ein bisschen... Teil mal, siehst du meins? Ja. Siehst du die Bienenfresser? Ja. Mit Biene. Mit Biene drin, ja. Verrückt. Genau, also ich hab auch mal nebenbei meine Bilder hier auch noch auf. Ich meine, ich habe nicht viele gute Bilder, aber ich gucke gerade mal, ob ich auch noch was mit Bildern habe. Aber den Spot, den ich meine mit den Bienenfressern, der ist eigentlich relativ bekannt. Da ist auch eine Beobachtungshütte. Das ist, weiß nicht, ich sag das jetzt ja, die ist 500 Meter davor unten. Du parkst praktisch am Parkplatz, gehst zu der Hütte und dann gehst du weiter Richtung... Iring heißt der Ort. Ich hau das jetzt einfach mal raus. Und da kannst du... Die sind noch bekannt, die ganzen Spots dort. Die ganzen Bienenfresser-Spots, die sind doch bekannt. Ja, darum, das ist jetzt ja kein... Ja, darum, das ist bekannt, dass die halt da sind. Und wenn du in der Beobachtungshütte bist und du hast eine vernünftige Kamera bzw. Objektiv, dann kannst du da auch schöne Bilder machen. Und da sind so viele Wege, da bist du noch näher an den Bienenfressern dran oder an den Bruthöhlen. Man muss aber nicht übertreiben und von den Wegen runter. Das auch bei uns in den Naturschutzgebieten oder wenn du durch den Wald läufst oder durch die Felder bei uns, bleib doch auf dem Weg. Du siehst auch vom Weg genauso viel, als wenn du jetzt
wirklich in die Natur reingehen musst. Das bringt immer Schäden mit sich. So. Ja. Also deswegen ist ja von nur meinen, gut, dass mal jemand da ist, der das anspricht, ganz genau. also bei meinen Videos, da bin ich ich würde sagen, zu 95% bin ich auf dem Weg. Da bin ich auf dem Pfad, da bin ich auf dem Waldweg, da bin ich auf der Straße. So, sogar im Winter. Jetzt im Sommer oder Frühling sogar, da achte ich dann noch mehr drauf, weil eben bei uns wir haben hier eine riesengroße Kiebitz oder wir haben eine sehr große Kiebitzdichte, sage ich mal, in Ostfriesland. Schon wieder. Und die störst du halt dadurch, wenn du da auf die Länder läufst. logisch. Oder die Kraniche oder so. Du störst einfach, egal wo du hinläufst. Und du weißt nicht, ob direkt neben dir eine Feldlerche vielleicht brütet oder eine Goldammer oder sonst irgendwas. Weil du gerade sagst, du verlässt die Wege nicht. Ich habe ja auch gesehen in deinem Video, du fährst ja auch mit dem Auto rum und fotografierst aus dem Auto. Ist denn das auch so wie beim Fotografieren, dass dann die Tiere, wenn du im Auto bist, sich ganz anders verhalten, als wenn du nur aussteigst und dann sind sie weg? Ist da genauso. Ne? Definitiv. Ja. Ist das wirklich so? Das nutzen wir sogar zum Kartieren von Wiesenvögeln. Genau so. Du sitzt im Auto und guckst mit dem Spektiv, mit dem Fernglas aus dem Auto raus und suchst da die Paare oder suchst nach Nestern und sowas. Und das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Hier aus Friesland haben wir ja Glück, hier wohnt ja kaum jemand. Ne? Dementsprechend hast du auch kaum Gegenverkehr oder sowas, wenn du auf diesen Feldwegen rumfährst. Und da kannst du dann echt minutenlang einfach aus dem Auto rausfilmen oder Fotos machen. Und da hast du teilweise die Kiebitze 15 Meter neben dir. Und sobald du aussteigst, sind sie weg. Ja. Genau. Ja, das habe ich auch schon gehört. Denke, das gibt es doch nicht. Genau. Und deswegen, ich habe auch ja 2, 3 Videos, wo ich das aus dem Auto raus mache. Da werde ich dann auch häufig mal für belächelt. Aber wenn du ein Auto hast, dann nutzt das einfach. Aber das ist ja genau das. So ist es. Das ist ja das perfekte Tarnzelt, wenn du so willst. Genau, mobiles Tarnzelt quasi. Mobiles Tarnzelt, richtig, genau. Ja. Aber hier Holsteiner, Entschuldigung, wenn ich gerade ins Wort falle, die Holsteiner Fotodin schreibt auch, was die da alles rumfliegen haben. Aber das ist wie bei uns in Stuttgart, wenn du durch den Park laufst und die Gelbkopf-Amazonen kommen dir entgegengeflogen. Wir haben da auch eine Population mittlerweile in Stuttgart. Das sind also bestimmt 30, 40 Tiere. Das wird gar nicht reichen. Da kommen dir die Gelbkopf-Amazonen. Zurzeit gerade in Stuttgart gibt es so einen Aussichtspark, wo die gerade sind. Da habe ich das Model-Shooting gemacht und gehe dann nach Hause und da sitzen im Efeu drinne so ungefähr 15, 20 Gelbkopf-Amazonen. Da denkst du ja auch, also irgendwas läuft bei uns total verkehrt. Richtig cool. Also er schreibt ja auch gerade, oder vielleicht darf Holsteiner Foto deren mal sagen, ob das ein Mädel oder ein Junge ist. Ich würde jetzt mal Mädel sagen, weil deren ist ja so. Das ist die andere, ja genau. Deren ist Dirndl, würde ich sagen. Auf Bayerisch Dirndl. Das ist ja schon geil mit den Flamingos oder mit den Halsbandsittigen. Das sind auch Arten, die habe ich auch noch nie gesehen. Da würde ich auch richtig feiern, wenn ich mal so eine Art vor die Kamera oder einfach mal vors Fernglas kriegen würde. Ja, kommst nach Stuttgart, können wir gehen. Gelbkopf-Amazon, da Glauben ab. Ich hole mir jetzt so schnell einen Kaffee, Jungs. Ja. Bring einen mit. Ja, ich auch einen. Also bin gleich wieder da. Ja, So, okay. ich bringe mal was weg, anstatt was mitzubringen. Ach so, jetzt sind wir wieder alleine. Na da, Wiedersehen. Haut noch alle das ab. schafft ihr schon. Das kriegen wir hin. Der Dingsbums haut auch noch ab. Tschüss. Ja, ich gehe jetzt auch. Ja, Ich ich allein unterhalten. lass laufen die Bude. Dingsbums nur so Klavier üben heute. Ich gehe jetzt noch, ich gehe mal kurz ans Klavier. Ah, Wollt ihr hören? Nein, ich bin in 2 Minuten wieder da. Dann komme ich Also, wieder mit einer gemeinen, fiesen Ich gucke Frage. nochmal, ob ich eine Frage finde hier. Ja, aber du, Micha, du bist doch da aus der Gegend. Aber MacPom scheint sich da wirklich mittlerweile zum richtigen Vogelspot zu entwickeln. Gell? Ich habe ja Urlaub gemacht schon dort. Leider Aber- nur eine Woche. Da wollte ich ja die Wölfe fotografieren, aber naja. Und da habe ich auch eine richtige Hütte dort. Also mein Kumpel, der wohnt da, der hat mal bei mir gearbeitet hier, mit mir zusammen. Und den hatte ich besucht eine Woche lang und der kennt natürlich jede Ecke und den ganzen Raum. Natürlich Schwarzspecht sofort gesehen und eine Hütte weiter oben gebaut, dass man die Vögel schön sieht. 9 Döder waren dort und Adler und Adler nicht, war nur Bussard oder irgend sowas. Und da war eine Wolfsecke, das haben die abgesperrt. Du darfst nicht weit rein dort. Also man muss schon eine ganz schön lange Brennweite haben. Da bin ich natürlich mit 400 nichts. Ja, gut, da bist du halt hinten dran, ja klar. Da musst du natürlich dann was dazwischen schrauben und noch alles. Naja, ist klar. Aber war keiner da. Aber Leute waren genug da und hat man sich schön unterhalten können und ein bisschen fachsimpeln. Selbst das war schon klasse. Ja, wenn man da ein paar Leute kennenlernt, dasselbe. Ja, aber da gibt es auch
ganz nette, weil ich war jetzt letztens am Federsee unten, das erste Mal. Also, ich habe mir immer drum gedrückt, dass es so 'n Steg und da hocken dann 50 Fotografen oder 60 oder 70. Ich glaube, wir haben 75 Stück gezählt an dem Tag Ja, ja. und sind da am Bartmeisen fotografieren, die dann pünktlich um 8:30 kommen. Mhm. Du kannst die Uhr danach stellen, das ist der Wahnsinn. Kommen 8:30 und sind um 9:15 wieder weg und du siehst den Ah. ganzen Tag keine einzige Bartmeise mehr. Und in dieser Zeit kloppen sich teilweise die Fotografen, weil das Schilf so hoch steht und dann kannst du die eigentlich nur entweder fotografieren, wenn sie am Schilfrohr sitzen, was natürlich geniale Bilder sind, ne? Also, da habe ich meine besten Bilder gemacht. Oder wenn sie auf dem Steg sind, ne? Und der Steg, die gehen zu den Fischerhütten und da passen halt maximal nur 10 Fotografen hin, ne? Und das hast du zweimal und da stehen halt und dann kloppen die sich da um die Plätze. Also, es ist teilweise irre, was da abgeht. Also, ich Das verstehe es glaube ich. manchmal nicht. Ich verstehe es manchmal nicht. Also, ich gucke auch viel bei Onido, was ja der Stefan auch gesagt hatte. Und da gucke ich auch, klopfe ich ab, was hier in der Gegend natürlich ist. Und dann suche ich nicht hier eine Bartmeise und bla bla bla. Da suche ich schon, wo ein bisschen eine Mehransammlung ist. Und dann fahre ich hin und man trifft zum Glück nicht so viele Leute, aber man trifft schon mal jemand. Leider in Ja. Thüringen gibt es nicht so viele Leute, aber die dasselbe Hobby haben wie ich. Aber man trifft hin und wieder jemand. Ja, vor allen Dingen kennen die sich alle. Also, ich habe da deshalb habe ich das eigentlich erzählt. Ich habe da am Federsee, 'ne Videografin kennengelernt, die macht so Tierfilme und so. Und die war dann auch in Holland und die kannte nur wieder in Holland 'n paar und so. Und da kam das Thema Seeadler in Mecklenburg auch über diese bekannte Person da. Und die wusste halt natürlich wieder, wie die Fische da präpariert werden und allem. Und da habe ich natürlich gleich gesagt: „Du, da lasse ich lieber gleich mal die Hände vor, das weißt du ja gar nicht, ne?“ Du siehst da echt Fotos, da fällst du vom Glauben ab. Da kommt der Seeadler und die Füße drinne und den Fisch dran, da denke ich mir: „Ja, genialer geht's ja gar nicht mehr“, ne? Aber wenn ich dann halt von der wieder höre, weil die Community so klein ist, glaube ich, in dem Bereich, wo es dann wirklich gezielt um Vogelsorten geht oder dann denke ich mir dann: „Ne, muss ich nicht hin. Das lasse ich. Das will ich nicht.“ Das ist Aber du hast ja auch gesagt, da gibt es ja mit den Makro, wo der eine hingeht mit der Sprühflasche, hast du mir doch erzählt, letzte Woche oder vor 14 Tagen, weißt du? Wo ich noch Ja, das gesagt fand habe, ich richtig asozial, wo ich das das gehört ist habe. das ist doch Mod, keine Ahnung, das ist doch scheiße, was die da machen. ja, das Aber ich kann mir noch nicht immer vorstellen, dass das geht, weil doch die Insekten mini sind und so eine Sprayflasche, die haut doch das nicht so fein raus. Ah ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja, eine das extra funktioniert. Antwort. Ich habe es beobachtet. Ich weiß Ach, es okay. ja. Das ist wie ich habe 'n Eisvogelspot gehabt, wirklich, es ist ungelogen. Ich habe 3 Meter davor gesessen, der ist auf den Ast gekommen, hat geguckt, hat dreimal gezwitschert, ist ins Wasser, hat 'n Fisch geholt, ist wieder auf den Ast hoch. Mhm. Für jeden Fotografen der Lottogewinn. Genau. Da sagst du dir: „Ey, ich tue meinen Fokuspunkt festlegen, jetzt Ja. flieg mal runter, dich habe ich in sämtlichen Positionen“, aber so was von, ne? Ja. 2 Tage später komme ich an den Spot hin, einer 'ne Canon, was weiß ich, aufm Wasser, wurscht jetzt, ob der 'ne Canon oder eine Kamera oben, eine Kamera unterm Wasser, 3 Mhm. Blitze aufgebaut, Hm. fotografiert. Den Eisvogel haben wir nie wieder gesehen. Siehste? Ja. Da haben Der wir's. Der Spot ist tot. Siehste? Da haben Ja, wir's. schwierig. Also, aber wo ihr das erzählt hattet mit dem Typen, der da die Insekten, sage ich mal, angesprüht hat. Ja, ja. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, das ist natürlich nur Wasser und es kann auch Nebel einfach imitieren so. Es klingt jetzt erstmal nicht schlimm, aber auf der anderen Seite finde ich das einfach doof, wenn du Tiere dafür präparieren musst, damit du ein schönes Bild machen kannst. Das ist, finde ich, sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Und auch diese Blitzgeschichten finde ich weiß ich nicht. Ich habe dann auch, wo ihr mal drüber gequatscht habt, wegen Eulen fotografieren, Eulen anblitzen, dass das einige machen, damit die ein schönes Nachtfoto haben. Das geht gar Nachttiere. nicht, wenn ihr mich Geht fragt. gar nicht. So das nachtaktives Tier, das hat mit Licht nichts zu tun. Und dann haust du so einem dann einen Blitz um die Ohren. Tierquälerei in meinen Augen. Ja, das ist in meinen Augen dann Tierquälerei. Bei diesem Ansprühen würde ich noch nicht sagen, das ist Tierquälerei, das ist so eine Grenzwertgeschichte, aber weiß ich nicht. Ja Man gut, es muss gibt jetzt ja auch keine Regen. Tiere Ja. Regnen tut's ja auch. Da kannst du auch nicht sagen, das arme Tier. Ist halt so die Natur. Ja, klar. Aber, Man muss Ja, es nicht aber auch extra machen. Es ist komisch, wenn man es macht. So weiß ich nicht. das ist wie wenn ich dann in Photoshop Zeug drüber lege. Das ist genau das Gleiche. Das ist unecht.
So habe ich es mit dem Computer gemacht. Und anders habe ich, Hintergrundaustausch oder wie wir es jetzt ja, gerade und machen. anders Oder habe ich es ein präpariert. Himmelaustausch. Also das finde ich, aber wie gesagt, das mit dem Blitzen, das war auch noch so ein Thema, wo ich dich gerade fragen wollte, wie reagiert ihr da? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, also ich war total pissig. Ich war echt so stinkig, weil es gab da echt ein paar Fotografen, die haben sich wirklich Gusche gehalten, haben sich mit hingehockt, da konntest du fotografieren und dann hast du immer irgendwelche Deppen. Dann kommt, nee, da müssen wir da noch einen Stock hinstecken, da müssen wir da noch was machen. Dann fangen sie an, die Lockrufe abzuspielen. Das ist ja zurzeit wohl total im Trend. Dass egal was ist, da werden hier die habe ich jetzt auch schon gesehen, war ich total entsetzt. Da Der werden hätte dann ja, nee, der pass auf, du fällst vom Glauben ab. Wintergoldhähnchen. Wintergoldhähnchen, noch nie Wintergoldhähnchen gesehen. Ah, da gibt es einen Spot. Ich mich hingelegt, 3, 4, 5 Tage, kein Wintergoldhähnchen gesehen. So, komm da hin, denke, was geht denn hier ab? 2 Wintergoldhähnchen auf dem Ast, 3 Fotografen, ja, unterm Ast die WLAN-Box hier, wie heißt die? GBL-Funkbox. Ach, du Ja, Schreck. auf dem Handy ein Lockruf, da drüber ist Laub gelegt, in das Laub einen Ast reingesteckt und der Vogel ist da im Karo gesprungen und hat gesucht, wo die Lockrufe herkommt. Jetzt hätte ich da bloß eine Frage. Ich bin ja auch so ein bisschen Naturbursche. Ey, Wenn ich da Lockrufe starte, ich meine, da geht es ja auch um Reviere, um Balzverhalten, da geht es um, da kann ich doch ein komplettes Chaos in dem Revier anrichten, dass sie untereinander hektisch nicht mehr brüten, aufgeregt sind. Oder ich sag mal, wenn du Vögel kartierst, ist das tatsächlich gängig. Das macht man so, aber das ist wirklich mit absoluter Vorsicht zu genießen. Ne? Okay. Also man kann sowas abspielen, dann macht man das aber kurz, ne? So dass du spielst was ab, sag ich mal, für 10 Sekunden und hörst dann einfach. Passiert irgendwas? Ja, nein, vielleicht. Und wenn da zum Beispiel Wintergoldhähnchen sind super anfällig für solche Geschichten. Also die reagieren eigentlich direkt und bei Wintergoldhähnchen kommen auch super häufig vor. Man sieht die, man kriegt das einfach nur nicht mit, weil die so klein sind und weil die sich meistens versteckt in, ich sag mal, in Nadelgehölzen und sowas aufhalten. Und dann auch gerne relativ weit oben. Aber die sind halt überall da, vor allen Dingen im Winter sind die super viel zu finden. Und dann so kann man sowas abspielen, um einfach festzustellen, wie viele Wintergoldhähnchen sind hier und dann ist gut. Aber zum Fotografieren oder zum Filmen, das Ding dahin zu ballern und dann das durchzuspammen für mehrere Minuten, das macht die Tiere wirklich, wirklich wild. Also ich muss ja wirklich gestehen, ich habe das mal Wikipedia geschaut, Amsel, da gibt es ja auch so Rufe verschiedene. Ich habe das mal mit unserer Nachbar-Amsel ausprobiert und die hat da wirklich reagiert drauf. Naja, die ist wirklich zwiderwandt, die ist kantig geworden. Deswegen weiß ich, dass die da auch wirklich, bin draußen geguckt. Ich habe einen Spaß draus gemacht. Ich wollte mal wissen, inwiefern die Rufe da auf Wikipedia, wie die Vögel da wirklich reagieren. Und die hat ja reagiert. Ja, die ist richtig zwiderwandt. Na, also ich habe das am Anfang auch vielleicht für eine coole Idee gehalten, aber wisst ihr, was ich mir dann überlegt habe? In so einer ruhigen Minute? Da steht jetzt Lockruf. Ja, ist es ein Warnruf? Ist es ein Paarungsruf? Das kannst du ja gar nicht beurteilen. Und wenn die da hinstehst und die machen ihre Endlosschleife, das ist doch klar, dass du irgendwann durchdrehst, oder? Gestresst, ja. Ja, und deshalb halte ich das auch für extrem fragwürdig. Aber was ich jetzt noch Stefan fragen wollte, weil ich oute mich jetzt, ich habe mit einem Förster gesprochen und ich habe ganz viele Förster im Umkreis angeschrieben und Wildlife mich vorgestellt mit Homepage, mit Instagram-Kanal, mit Naturgeschichte und was ich so alles mache und habe ihn gefragt, ob ich da einen Futterspot machen darf. Nachdem ich mich erkundigt habe, Futtermischung, was für Tiere und. Jetzt ist so, es gibt ja die Fraktion, die sagen, anfüttern das ganze Jahr zum Schutz der Vögel top. Und es gibt ja welche, die sagen, um Gottes Willen, im Sommer ja nicht anfüttern. Wie hältst du das als Vogel? Du bist ja da so ein bisschen drin in dem Thema. Ja, also Ganzjahresfütterung ist erstmal nichts Schlechtes, sagen wir mal so. Auch wenn du im Sommer fütterst, das ist jetzt nicht schlimm. Du musst halt nur gucken, was du im Sommer fütterst. Ich würde im Sommer jetzt nicht unbedingt Meisenknödel oder irgendwas hinlegen, weil dadurch wirklich die Küken abnippeln können, weil die das nicht gut verdauen können. Aber generell, Ganzjahresfütterung ist gut. Man muss jetzt allerdings sagen, das ist jetzt nicht unbedingt Tierschutz, wenn man jetzt Vögel im Garten füttert. Das ist eigentlich eher also meine Meinung, das ist eher zur Belustigung, damit, wenn man aufs Fenster guckt, dass man da ein paar Vogelarten hat. Weil alle Vögel, die du im Garten hast, die kommen in der Regel sehr häufig vor in der Natur. Also damit schützt du jetzt keine tollen Vogelarten oder sowas, ne?
muss man auch mal sagen. Und die kommen in der Natur auch super klar, wenn du nicht fütterst. Aber generell, wenn du fütterst, ist trotzdem nicht schlecht. Aber Nee, weil ich habe sagen- ja diesen Spot, das Ja. ist so ein Vogelgebiet und ich habe mich da wirklich wochenlang hingesetzt und habe dann mit dem Fernglas und habe mir aufgeschrieben, was da so für Tiere kommen. Dann habe ich geguckt, was die fressen und dann habe ich mir explizit, dank auch durch den Micha, Futtermischung bestellt und habe dann wirklich die ganz genau abgemessen und dahin und habe mir halt Mittelspecht und habe mir das alles angeguckt, was da so rumfliegt und habe das und bin eigentlich durch die Idee gekommen, da gibt es ja am Bodensee diesen Vogelverrückten da. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, du meinst diesen Ganzjahresfütterungstyp mit dem riesen Bart. Ja, genau. Ich weiß, Namen Ich habe ich jetzt bin's auch nicht, aber ich weiß, wen du meinst. Und der, Ich bin's nicht. der ist gigantisch, Micha. Der hat in seinem 500 Quadratmeter Garten, was er da hat. Und der ist ganz systematisch aufgebaut. Also der hat da Bambus stehen, weil. Der hat da Weide stehen, weil. Und das klingt alles total logisch. Und der hat mit dem Sielmann, mit dem Tierfilmer, haben die da angefangen, unten am Bodensee verschiedene Vogelspots und Populationen zu schaffen. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, dass das ja gar nicht so blöd sein kann mit dieser Ganzjahresfütterung, wenn du das typgerecht und artengerecht durchziehst. Und er hat auf diesem Gebiet, was hat er gesagt, 90, 80 oder 90 Vogelbrutpaare, verschiedene Sorten Auf dadurch sein Grundstück. auf seinem Grundstück. Der hat Oh. dann auf der Garage hat er einen Wasserteich gemacht, den er künstlich angelegt hat, wo er dann das Wasser hat, das sie trinken können und da wieder das. Also hochwissenschaftlich. Und deshalb war jetzt die Frage für mich, wenn du diese Biotope schaffst, ist ja da eigentlich nichts Verwerfliches dran, weil es ist ja nun mal so, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber dass die Vögel, wenn es Frost hat und alles so, und die plustern sich auf und die müssen übernachten, bis zu 15% ihres eigenen Körpergewichts verlieren können über Nacht und das morgens sofort reinballern müssen, weil sie sonst die Energie nicht mehr haben, um weiter zu leben. Also das haben mir ganz viele schon, und ich habe das auch nachgelesen, das muss man überlegen, die blustern sich auf und dann ziehen die sich ja in sich wieder zusammen. Und dadurch schaffen die das ja bei so geringer Temperatur, die draußen herrscht, zu überleben. Und das kostet ja dann Energie, dieses Heizen. Jetzt überleg mal, du würdest über Nacht 15% deines Körpergewichtes verlieren. Das wäre schön. Cool. Ja, nee, ihr wisst schon, was ich meine. Und daher denke ich mal, interessantes Thema. Füttern ja, füttern nein, ich weiß nicht. Peter Ja, also wie Berthold. gesagt, füttern Ja, ist- genau. Ach, das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Oder ich gucke mal hier. Ha? Also wie Dankeschön. gesagt, Füttern an sich Dankeschön. ist natürlich eine gute Sache, aber also ich glaube zumindest, dass die Vögel ich sag mal, im Sommer und sowas, die brauchen es nicht unbedingt, aber die freuen sich natürlich über jedes Korn, was sie extra kriegen. Allerdings muss man natürlich bedenken, wenn die Vögel brüten, die füttern die Jungen in der freien Natur nicht mit Körnern, Tauben vielleicht oder so, ne? Aber alle Singvögel füttern mit Insekten. Ja, So, ja, und dann natürlich gibt es ja musst die du- Insektenmischung, ja. Genau, und einige Meisen zum Beispiel, die füttern die Küken dann auch mit Meisenknödelzeug und sowas. Frag mich nicht, warum die das machen, aber die machen es einfach. Und dadurch können Küken wirklich Verstopfung kriegen und Genau. sterben, weil die halt nicht scheißen können. Ne? Weil die brauchen eigentlich tierische Nahrung. Und da fängt nämlich das Problem an. Wenn man wirklich was für Vögel machen möchte im eigenen Garten, dann soll man den Garten naturgerecht wieder herrichten, dass da viele Insekten vorkommen. Weil da, wo die Nahrung ist, da sind auch dann die Vögel. Mhm. So. Ist einfach so, weil wenn du den Garten komplett zupflasterst oder nur irgendwelche, keine Ahnung, ausländischen Pflanzen da reinbringst, keine Ahnung, Stechpalmen oder weiß der Geier was, dann hast du auch keine Insekten mehr im Garten und hast da keine Vögel mehr. So einfach ist das. Was ich faszinierend finde, wir haben einen kleinen Fluss gehabt, der war recht langsam, brakig, zugewachsen, ungepflegt. Da waren Fischsorten drin, die eben das ruhige, stille Wasser mögen. Der Fluss ist dann begradigt worden, also schneller fließend gemacht worden. Ungelogen, innerhalb von 2 Wochen waren die ganzen Reiher da und haben den kompletten Fluss leer Ja, weil gefischt. sie sich nicht mehr verstecken können. Es Ganz ist, genau. es ist faszinierend, wie schnell die Die Natur- Natur auf sowas reagiert. Natürliche Wege gemacht. Du drehst an der einen Schraube und das hat teilweise solche Auswirkungen dann, Ja. was man oft auch gar nicht voraussehen kann. Ja. Du glaubst nicht, wenn ein Tier überleg mal, wenn die Bienen wegfallen würden, was das für einen Rattenschwanz hinten dran hat. Das ist krass. Da kann man gar nicht hin überlegen, dass das so eine Auswirkung haben kann. Aber wegen der Fütterung ist es ja wirklich so, finde jetzt ich, Tauben zum Beispiel. Tauben sind mittlerweile ja reine Stadtvögel. Ich schätze mal, dass die das Ja, Habitat es gibt noch genug Wildtauben, klar, aber
Ja, aber ich schätze mit Ja, aber so es gibt ja halt Anfüttern- Straßentauben, die findest du auf dem Feld nicht. Die findest du echt nur in Genau. Berlin Bahnhof Zoo. Deswegen meine ich ja mit der Fütterung, glaube ich, dass sie das da auch dann teilweise verschiebt, jetzt nicht in dem Ausmaß. Aber wenn jetzt der Vogel von der Oma da 10 Jahre gefüttert wird im Garten, dann weiß der Vogel, der wird sich dann in der Nähe niederlassen, da ist die sichere Nahrungsquelle. Verlernen die das nicht irgendwie in der Natur dann selber für sich wieder zu sorgen? Oder? Genau, Sorry, Mehlwürmer. ich habe gerade einen Kommentar geschrieben. Was hast du gesagt als letztes? Genau, Das soll- Mehlwürmer, sehr gut. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also gerade wegen der Ganzjahresfütterung habe ich mal gehört, dass man das machen soll jetzt sozusagen, weil es weniger Insekten gibt. Die Insekten werden immer weniger und damit natürlich die Vögel auch, ist ja klar, weil die leben ja davon. Und deswegen die soll man Frage halt ist da zufüttern, dass da halt ein bisschen mehr Überleben da ist. Ja, es wäre halt nur schlauer, wenn jeder Mensch, der zufüttert, das Geld einfach, oder zumindest die Hälfte von dem Geld, was er ins Vogelfutter reinsteckt, in seinen Garten reinsteckt und die Natur nah wieder herrichtet. Ja, Weil genau. du, musst so ja, ist das du, ja. bekämpfst ja nur die Symptome, aber die Ursachen nicht. Und du musst halt die Ursachen anpacken. Sonst Ja. kommen wir da nie wieder hin. Das ist einfach Da so. reicht ja sein. schon so ein Holzhaufen lassen, weißt du, ein paar Holzhaufen oder so. So ein Insektenhotel. Also ich habe 6, 7 so Insektenhotels gebaut. Das geht ja ratzfatz mit ein bisschen Schilf, mit ein bisschen Holzwolle. Das ist ja so einfach gemacht an sich, ne? Und dann lässt du ein bisschen mal so eine Rasenmischung und dann lässt du halt mal 5 Quadratmeter Rasen stehen im Garten. Das mache ich auch. Wo Den einfach Spruch, Vögel- den Spruch Eine merke ich mal. Unkraut- Nicht die Vögel füttern, sondern lieber eine Grundlage schaffen, dass sie die Ja. selbst ernähren können. Das wäre optimal. Das Ja, finde ich hohes gut. Gras, Ja. es reicht hohes Gras, es reicht mal die Hecken, Gewür- die Gebüsche. die Buschecke, wo du halt mal altes Mhm. Holz lagern lässt, damit sich diese Tiere Ja. wieder ansiedeln können. Und so ein Insektenhotel ist total einfach gemacht. Also, Ja, du musst einfach nur eine wilde Ecke haben. Wenn du halt Brennnesseln hast, weil sag mal, du machst so 10 Quadratmeter Fläche von deinem Rasen, einfach wachsen lassen. So, und dann sind da halt Brennnesseln und was weiß ich nicht, alles hohes Gras. Das reicht, oder ist so, das schon mal ein Anfang, weißt du? Da sind dann halt dann Insekten und Raupen und Grashüpfer dann drin. ja. Das war ja bei uns früher so schlimm mit den Agrarflächen. Da ist ja jede Hecke zwischen den Feldern abgemäht worden, gnadenlos, weil es sind ein paar Quadratmeter mehr, wo man anpflanzen kann. Aber mittlerweile hat sich das Bewusstsein eigentlich ganz schön geändert. Und bei uns sind sehr viele Wildflächen wieder zwischen den Feldern. Also da haben die Bauern schon ein bisschen angefangen zu mitdenken. Auch das ganze Unterholz, was früher gnadenlos ausgemüllt worden ist, wird jetzt einfach wieder stehen gelassen. Ja. Wie Richtig sieht so. denn das bei euch aus? Also wir haben das jetzt hier schon in einigen Landkreisen, dass die Gärten gar nicht mehr geschottert werden dürfen. Das ist jetzt verboten mittlerweile. Und mein Landkreis kriegt das jetzt auch. Also du musst jetzt Rasenflächen schaffen wieder, wenn du das vorher zugemacht hast. Ist es bei euch auch so? Also ich habe das schon gehört, ja, und da gibt es auch Aufstände in den verschiedenen Gemeinden, aber die sagen wirklich, wir haben jetzt so und so viel Prozent sind jetzt sogenannte Steingärten oder das wird so, Gärten halt. das spielen wir nicht mehr mit, ja. Also wie das jetzt bei uns in der Stadt ist, in Traunstein, weiß ich jetzt nicht genau, aber das habe ich auch schon gehört. Finde ich ja sinnvoll. Ja, auf jeder jeden möchte- Fall. Weil jeder möchte einen Garten haben, aber nichts dafür tun. Also hau ich einen Kies hin, hau ein paar so Trockenpflanzen hin, was ich nicht gießen muss. Und das war's. Ja, das ist so. Zu Ja, und betoniert. wenn die Insekten halt weggehen, dann werden die Vögel weggehen und irgendwann werden dann die Säugetiere auch weggehen. Also Ja, ja. Ich sage halt, das hat einen riesen mit den Rattenschwanz. Insekten. Man Ja, glaubt nicht dran, was das für ein riesen Rattenschwanz ist. Ja, Das, ja. ja. Deswegen haben die ja gesagt, also ich gucke immer YouTube bei Nature Deck, der hat so mehrere Kameras, auch schweineteure, die machen in der Nacht Farbe. Und der hat das auch gesagt. Also der ist auch gesponsert von dem Vogelfutter, was ich dir empfohlen habe. Und ja, also das Welshofer, kann man ja ruhig sagen, ist ja jetzt nichts Verwerfliches. Und ich muss mich mal ganz kurz ausklinken, Und weil der meine sagt Frau das kommt auch. gerade wieder und ich muss Okay. jetzt kurz mal die Position wechseln, weil die will nämlich nicht mit ins Video. Nö, Also, wir grüßen es aber alle ganz freundlich. ich Ja. schmeiß mich mal ganz Ich- kurz. Oder kannst du mich rausschmeißen? Ja, Moment, Augenblick. Bitteschön. Und der Also sagte, mir- weil ich gerade davon hatte, der sagte halt, man soll Ganzjahresfütterung machen. Genau, weil die Insekten wegfallen und die Vögel brauchen halt
Ja, Das deshalb bleibt. sage ich, klar, das Insektenhotel, das hat auch der wer hat es gerade geschrieben gehabt im Chat? Der Mattes, dass das nix nutzt, ist klar, das habe ich ja gesagt. Und dann einfach so ein Stück Wiese wachsen lassen. Und dann gibt's ja auch so ganz tolle Saatmischungen, die es direkt dafür gibt. Kannst du ja kaufen, wo es dann wirklich diese Wildblumen pflanzen und das funktioniert auch. Also, es ist Mhm. wirklich, das merkst du wirklich schon, wenn du das erste Jahr diese Fläche lässt oder das aussäst, das bringt schon was. Das ist echt schon interessant. Was ich witzig finde, seitdem ich mit euch Wildlife-Typen da so abhänge, ich schaue mir die Vögel genau an. Glaubst du nicht, was ich da für Ja, man Vögel kriegt da einen Blick hin, ganz genau richtig. Total, total. Ich habe letztes Mal so einen Vogel gesehen und jetzt weiß ich, es ist ein Rotkehlchen. Hockt draußen auf dem Gartenzaun. Ist Hab das ich die vorher- Zensi da hinten? Habe ich vorher nie gesehen. Die Zensi? Ja, das ist die Zensi. Gute Nacht, schlaf gut. Gutes Nächtle. Habt ihr gleich die Jo. Zensi wieder entdeckt? Ne, aber weil er sagte, es gibt bei euch diese ganzen Vogelsorten auch. Und ich bin ja jetzt wirklich schon so ein bisschen in dem Thema drinne und ich höre ja auch ganz genau hin und ich gucke auch viel. Aber ich finde nicht, also jetzt mal ehrlich, Micha, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Vogelwelt aussieht oder überhaupt in der Tierwelt. Also, wenn ich mal einen Fuchs sehe oder wenn ich mal 'n Reh sehe, das ist schon, also, ich kann jetzt nicht einfach losgehen und sagen: „Also, ich möchte heute mal 'n Bluthämpfling sehen, ich möchte heute mal, äh, Das was weiß wie gehst heute los? Ein Reh, das sehe ich ein, das geht. Oder ein Ja, Eisvogel. okay, aber ich sage mal so, ich habe jetzt das Thema Seidenschwanz grade Ja, und, Steinläufer, so Mauerläufer. Das ist schon schwierig. Also, ich könnte jetzt nicht sehr einfach schwer. losgehen und sagen, ich möchte jetzt unbedingt, also, Also, weiß ich nicht. bin bei Onito, habe ich gelesen, Seidenschwanz 30 Stück und genau da, und die Meldung kam bestimmt 10-mal, die Meldung. Jedes Mal von jemand anders. Also, Mensch, das ist hier nicht weit, das sind 5 Kilometer, jetzt fährst du hin. Nicht ein Vieh. Noch nicht mal ein Kerl, der da fotografiert hat, gar nichts. Entweder waren das Fake-Meldungen, weiß ich nicht. Das habe ich ja auch gesagt, deshalb bin ich von dem Ornito immer so 'n bisschen gar Ja, nicht so das begeistert scheint gewesen. da kann ja jeder reinschreiben, was er will, weißt du? Und jeder hat komischerweise, also 10 unterschiedliche Leute, und jeder hat 30 Tiere gemeldet. Das ist ja schon doof. Ja, es ist Jedenfalls jetzt war also, nicht einer da, schade. ja. Und das Thema, wie gesagt, Waldkauz und so, das ist bei Mhm. uns echt, boah, das ist 'n richtig, also, Also, ich ich Aber glaube, weiß mal nicht, ehrlich, ihr kennt doch alle Vögel Deutschlands beim Vornamen, oder? alle. Wenn einer sagt, ich habe die und die Sorte da unten gesehen, Ach, ich der glaube, ist das. Hauptstädte kennt's ja gar nicht. Das ist bei euch eher so Ne, vogeltechnisch. ja. Die und Ne, die ne, das Ratte, ah ja, das absolut ist im Süden, am Bodensee, am links vom Boden. Bodensee, ja, 50 aber Meter vom das ist zum Parkplatz. Beispiel wie Andy, weil ich den grad die ganze Zeit schreiben sehe, was der da in Zagreb für Fotos rausknallt. Ich glaube, wenn wir Ja, mit dem nach Zagreb fahren, der zeigt uns auch auf Anhieb 20 Stellen, wo wir vom Glauben abfallen würden. Ja, du weißt das Laternenbild, was er da geschossen hatte vor 3 Wochen, das ist der Hammer. Mhm. Also, aber ich glaube, wir sind's halt bei Wildlife, aber da gibt's genauso die Spots wie der Aki da, was der in Mhm. Stuttgart für Location findet für seine Portrait-Shootings, der fällt auch vom Glauben ab. Ja, das stimmt. Das ist halt, je so nachdem, wo hat du halt jeder gerade, sein Spezialgebiet, genau. genau. Ja. Wie Aber schaut's schön, denn das ist eigentlich dann mit eurer Zeit aus? Weil 2 Stunden hätten wir jetzt so voll. Ja, ich muss morgen zeitig raus. Also, ich habe, mir wäre es egal. Ich habe noch 'ne Stunde Platz und ja, mir 'n ist es bisschen habe recht. ich schon noch, aber ich weiß nicht. Was haben wir für 'n Stefan eigentlich noch zum Also, die Fragen, die wir jetzt so notiert haben, sind durch, aber gut, mit Stefan kann man ja über alles reden. Aber du siehst auch, ne, das merke ich ganz stark da im Norden, diese aus dem Auto raus Fotografiererei. Auch die ganzen Holländer, gell, die knallen da ihre Kirschsäcke auf die Mhm. Seitentür und dann knipsen die da Verrückt. Das ist Das ja habe aus'm ich echt Wahnsinn. Auto nicht raus. geglaubt, dass das wirklich stimmt, ja. Und sobald du die Tür aufmachst, ist bei uns auch, du Mhm. fährst an so 'n komischen Greifvogel ran mit dem Auto. Das Viech fliegt nicht weg. Du machst die Tür auf, gehst an 'n Kofferraum, willst deine Mhm. Kamera rausnehmen und genau in dem Moment, wo du die Kamera in Ja, der Hand hast, ist er aber weg. ist ja logisch, wer bleibt schon stehen? Die vorbeifahrenden Auto kennen's. Ja, Auf einmal bleibt das Auto stehen und da kommt was raus. Zack. ja. Eigentlich ist nur logisch. Ja, für dich als Nachtfotograf. Ich habe letztes Mal so geärgert, ich habe 'ne Wildgans gesehen auf'm Feld. Eine echte Wildgans, habe ich noch nie gesehen. Das sind ja solche Apparillos, also brutal. Keine Kamera dabei gehabt. Ah, Und keine Kartoffelknödel vom Blaukraut. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe noch nie 'ne Wildgans gesehen. Steht da einfach auf der Wiese rum. Richtung Chiemsee war ich unterwegs.
War ich fasziniert Genau, deswegen liegt die Kamera immer auf dem Beifahrersitz, sagt die Andrea. Genau richtig. So gehört Ja, sich das eigentlich, ja. Ja, aber wenn du die Z9 auf den Beifahrersitz legst mit dem Objektiv dran, macht die ganze Zeit diet. Mhm. Oh, der Mizi. Ja, genau, so ist es. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, nee, aber sie hat schon recht, ja, sollte man mal drüber nachdenken. Aber dann würde ich sagen, schauen wir noch so eine Viertelstunde oder so, oder? Dann haben wir Ja, dann haben wir. 3,5 Stunden voll. Ich glaube, dann Ja, aber das Ist war der nicht. Stefan wieder da oder was? Nee, Nö, der der ist. Stefan, der baut noch um. der baut noch um alles. Ach so, der wollte ja, genau, weil die Frau ins Wohnzimmer wollte und ja. Genau, das kommt uns Micha, auch. hast du jetzt noch nicht überlegt, dir eine andere Brennweite heranzu? Bist du immer noch mit deinem 400er glücklich? Ja, sehr. Okay. Das 400 habe ich ja nur, ich hätte ja auch 600 nehmen können. Gut, gab es später erst, aber das hat ja einen Mindestabstand, glaube ich, von 4 Metern oder 4,5 ganz sogar, das 600er, weißt du? Ja, Und das 400er, da komme ich ja auf 2,5 Meter ran. Und das okay. brauche ich teilweise. Wenn du im Zelt hockst, weißt du ja selber. Aber ja. Aber jetzt geht ja die Zeit los, jetzt brauchst du ja teilweise nicht mehr das Zelt. Wenn jetzt das Grün rauskommt, da reicht ja Nö. normale Tarnkleidung. Also es ist ja Ich nur habe ja auch ein. Ankleidung, ich habe ja auch die Schals hier, da habe ich immer 2 Stück im Rucksack liegen. Nimmt ja keinen Platz weg, die kannst du schnell mal auswerfen. Mhm. Das Ja, klar. geht schon. Und komischerweise, ich hatte ja die Reiher fotografiert, die Graureiher, Da ist er. und habe da nur 2 Schals drum gelegt, um mich und um die Kamera, und dann sieht man nicht mehr aus wie ein Mensch. Das klappt schon. Der Graureiher, der ist an die 2,5 Meter rangekommen, an die Kamera und glotzt noch mich immer so an. Ich gucke ihn auch an. Der ist nicht weg. Stehe ich da und ich war auch natürlich ruhig. Kann auch sein, dass ich da keine Bewegung hatte. Mhm. Oder die können nicht gut gucken. Ich weiß es nicht, die Graureiher. Ich habe meinen Ja, Storch das ist gefangen. der Vorteil vom Ansitz, ne? Dass du Ja. dann die Tiere, dass die richtig nah rankommen. Ne? Ich habe Also, meinen wie gesagt, ich habe nur Tankkleidung angehabt und habe 2 Schals noch umgelegt. Aber ich habe so seitlich rausgeguckt und da stand der genau 2 Meter vor mir und hat mich angestarrt. Ja. Nicht Ich weg, habe so, hab gar nichts. mal einen Storch gefangen. Der war verletzt auf dem Fußballfeld. Es Oh. war ein Jungstorch. Du, ich habe ja ganz schön Angst gehabt mit dem Schnabel. Der kann richtig aggressiv werden. Und das sind ja richtig, wie Dolche sind das. Ja, Das stimmt, ja. da bin ich hinterher mit der Bettdecke und brutal. Das Meine machen ja die Frau hat- Graureiher, die stechen ja auch die Fische an und holen sie raus. Ja. Verrückt. Meine Frau hat dieses Jahr einen Turmfalken. Oh, Aber was für das war ein Vieh, du. Hammer. Dann haben wir das Katzenkörbchen geholt und haben den in den Katzenkorb rein. Ach, war verletzt oder was? Nee, der ist wahrscheinlich irgendwo gegengeflogen im Stall. Ach, Und da okay. hat er unten im Heu gesessen. Und da haben sie mich gerufen, und da bin ich dann mit dem Katzenkörbchen hin und dann haben sie den nach Hause, weil ich nicht wusste, wo wir den hinbringen sollen. Und dann habe ich erstmal rumtelefoniert. Weißt du, wie schwierig das ist, jemanden zu finden, der sich um die Ja. Viecher kümmern will? Also Dann wir haben komischerweise auch oft Falken bekommen. Falken, die angefahren sind oder irgendwelche Scheiben oder was. Aber wir haben halt dann bestimmte Vogelschutzvereine gehabt, die haben dann schon ihre Pflegestellen gehabt, da haben wir die ziemlich schnell versorgen können. Ja, ich Aber bin Falken dann komischerweise? 70 Kilometer bin ich dann mit dem Auto gefahren, Ja. Kloster Lorch, da diese Falknerei, und habe den da hingebracht. Jetzt ist das super schön. Die sind total nett. Mittlerweile schreiben wir uns öfters und ich gehe jetzt auch mal hin zum Fotografieren wieder und so. Und die haben den dann im Wald ausgesetzt, haben gesagt, er hat überlebt und der muss wohl Ja. da seine Kreise ziehen. Das war eine total interessante Story für mich. Da bin ich dann riesig, weil ich dann jetzt im November nochmal bei ihm war und ein paar Fotos gemacht habe. Ich sage, und weißt du da was? Sagt er, ja. Wir tun die ja dann im Förster geben, der tut die dann ordentlich auswildern und so, und der wäre wohl da immer noch unterwegs. Also das fand ich dann so eine coole Geschichte. Meine Schwester Ja, hat in Österreich drüben am Bauernhof und die hat einen Milan. Da fliegt ein Milan rum. Ich würde den Geil. so gerne fotografieren, aber mir fehlt die Brennweite mit 200 Millimeter. Ja, bei heute im 200 Auto. reicht nicht. Nee. Aber Da musst du noch ein paar hundert drauflegen. aber es ist ein Biest, wenn ich da mit der Drohne starte. Du glaubst nicht, wie der sein Revier verteidigt. Der geht drauf, ja, habe ich auch Der schon geht mal auf die gemacht. Drohne los, ja, und wird die ja wirklich so anpieksen, weißt du, mit die Krallen so probieren, was bist du für Dinge, so antesten. Also, wenn ich da aufsteige damit und ich sehe den Milan kommen, sofort wieder landen. Keine Chance. Aber fotografieren schaffe ich nicht auf die Weite. Ich habe noch eine Frage an Stefan. Oh ja. Und zwar, weil wir ja gerade waren mit dem Auto und den ganzen Kram, hast du denn auch, das ist nicht der Stefan,
Das also auch nicht, das bin ich. Hast du denn auch irgendwelche, Tarnkleidung, wenn du da rausgehst, filmen oder nützt das gar nichts? Was sagst 'n du dazu? Weil ich habe ja auch immer mal so Tarnkleidung an und laufe immer mal so umher und fotografiere. Manchmal denke ich, es hilft, manchmal denke ich, das juckt die gar nicht, die Tiere, die haben dich entdeckt. Ich habe tatsächlich mal, also ich trage immer grün, wenn ich ins Feld gehe. Jacke grün, T-Shirt grün, Ja, Hose grün. ja, Das hilft immer schon eine ganze Menge. Also wenn man da jetzt mit so einem neongelben ja klar. Anzug, sag ich mal, rausgeht, ne, dann da guckt natürlich schon jedes Tier. Aber das reicht in der Regel vollkommen aus, wenn man so grün angezogen ist und rumläuft. Natürlich Mhm. noch geiler, wenn du dich richtig gut tarnen kannst, was ihr dann ja, sag ich mal, macht. Mhm. So in so einem kleinen Hide und sowas und man bewegt sich überhaupt nicht für eine halbe Stunde oder so, dann kann man natürlich noch viel, viel mehr entdecken, aber Ja, oder das stimmt. beziehungsweise dann kommt viel mehr angeflogen in den Bereich, wo ihr dann seid. Aber da ich ja sowieso immer unterwegs bin, reicht das eigentlich vollkommen aus. Also Ja. ich habe jetzt keinen Tarnanzug an, wo überall so Fransen Ja, rumhängen ja, oder als wandelnder Busch, genau. genau, richtig. Da fangen sie Ne, nicht weg. aber das ist mir dann zu aufwendig. Weißt du, ich will Okay. das relativ einfach alles halten. Ich will mit leichtem Equipment schnell von A nach B kommen und einfach suchen. Aber Genau, so das mal wäre irgendwie das wär ranrobben nämlich oder so was, dass du näher an die Tiere rankommst, das machst du auch nicht? Muss ich mal kurz in mich gehen. Also, in der Regel mache ich das nicht. Mhm. Also, ranrobben sowieso nicht. Das hat Na ja, ranschleichen jetzt, gemacht. wenn du jetzt siehst du eben, Doch, Tiere und du möchtest die eben formatfüllender, weil sie eben in 1 Kilometer weiter weg sind, wie zum doch, Beispiel doch. Graureiher, die soll's ja jetzt mittlerweile wieder geben in Deutschland. Wenn du die jetzt sehen würdest, du willst du ja möglichst auch, weiß nicht, ob du das machst oder machst 'n Video und gut. Doch, das mache ich aber tatsächlich bei allen Tierarten, die ich sehe. Also, wenn ich sehe, dass ich sage mal, in 100 Meter Entfernung höre Mhm, ich, was weiß ich, 'ne Goldammer rufen oder sowas, mhm, dann versuche ich natürlich schon, langsam dahin zu kommen. Und dann ja, ist das wirklich langsam. Dann mache ich wirklich ein paar Schritte, mache dann meine Aufnahme, filme dann vielleicht eine halbe Minute, damit ich überhaupt erst mal was im Kasten habe. ja, Dann gehe ich wieder 10, 15 Meter weiter vor, relativ langsam, mache wieder meine Aufnahmen und irgendwann bin ich dann halt so nah ran, dass ich halt eine gute Aufnahme habe, die man dann ja, wirklich verwenden kann. Und dann, sehe ich dann schon zu, dass ich mich dann auch wieder entsprechend langsam wieder verkrümel, sodass ich den Vogel natürlich jetzt nicht störe, ne? richtig, richtig. So, aber dann das kann dann schon mal ein paar Minuten dauern, also bis Das ich dann dauert mal, lange, aber hundertprozentig dauert das lange. ja, ja, ich habe das mal mit Meißen ausprobiert vor Kurzem. Da ist so 'ne Futterstelle unten an der Traun und dann bin ich immer einen Schritt hin, dann sind's weg. Dann haben sie erst mal so ums Eck geschaut. Okay, er rührt sich nicht, sind's wieder hin. Und so war das 'n Spielchen und du hast da genauso 'ne Distanz gehabt, wo sie dich noch akzeptieren, wie lange das ja, Spielchen ja. noch bleiben können. Und dann war einfach die Grenze überschritten, da haben die einfach mal null Bock mehr gehabt. Hat mich Mhm. komplett fasziniert. Ja, also ich sage mal, wenn ich hier bei mir auf der Terrasse jetzt, sage ich mal, Vögel filme oder bei mir im Garten, da kann ich mich auch so einfach auf die Terrasse jetzt setzen und dann kommen die auch schon von alleine angeflogen. Und dann bin ich halt Mhm. auf 10 Meter Entfernung ran. Das reicht aber. Im Teleobjektiv brauchst du ja nicht noch näher ran irgendwo. So, auch im 200er sind 10 Meter ja noch richtig gut irgendwo, ne? Also, das Video hatte ich ja gesehen von dir, wo du aufm Garten hier da war's ja kalt, hattest ja noch 'ne Decke drum und hattest dein Ja. Vogelhaus 'n bisschen angefüttert hier und genau, das habe ich ja gesehen. Ja, die habe ich habe 4, 5, 6 Videos habe ich bestimmt nur bei mir im Garten. Aber Ja, ja, das wenn mache es ich dann geht, nur mal ne? zwischendurch, aber geiler ist halt wirklich draußen. Also Ja, wirklich in der Natur da was entdecken. Das macht mir mehr Spaß, als im Garten zu sitzen. Aber obwohl ich sagen muss, ich verbringe saumäßig viel Zeit einfach im Garten, um Vögel zu beobachten oder mhm. Vogelarten zu zählen. Also ich gucke auch, was im Himmel fliegt und so was bei mir. Na, Ich hatte kommt da jetzt auch mal fremde, Arten vorbei oder was? Ne, an der Futterstelle nicht. Ist meistens dasselbe, sagen wir mal so. Ja, meistens ist klar, meistens ist immer dasselbe, aber du hast Ja, natürlich ab und zu mal Glück, dann kommt da irgendwas Cooles vorbei. mhm. Ähm, und momentan konzentriere ich mich eigentlich auch viel drauf, was im Himmel fliegt, ne? Jetzt haben wir grad Zugzeit und ich führe Ja, auch das eine stimmt. Gartenliste Ja, seit 8 Jahren, also wie viele Vogelarten ich bislang im Garten gesehen habe. Und da bin ich jetzt, glaube ich, bei 97 oder 98 Arten ach, insgesamt. so viel Und kenne ich gar nicht. deswegen stehe jeden Tag stehe ich mindestens eine halbe Stunde draußen und gucke einfach, was für Vogelarten da sind.
Ne? Und jetzt vor ein paar Tagen hatte ich dann mal wieder das erste Mal eine neue Vogelart. Das war Kraniche, die rübergeflogen sind. Hm. Habe ich sonst auch noch nicht gehabt. Ne? Aber so 20 bis 30 Arten, die kriege ich eigentlich so am Tag zusammen. Wenn ich hier Und was sagt halt deine Frau dazu? Du hast einen Vogel. die, Also, die hat das, als du vorhin gekommen bist, deswegen ist mir das jetzt so im Kopf gewesen. nee, also die findet das schon cool, dass ich sowas mache. Schön. Aber so selber hat die da überhaupt keine Interessen oder wenig Interessen, sage ich mal, dafür. Aber die guckt sich gerne meine Videos mit mir an. Ja. Also wenn ich ein Video rausgebracht habe, da gucken wir uns das abends dann schön gemütlich auf dem Sofa an. Mhm. Und so ein Grundinteresse ist da, aber jetzt nicht so, dass sie da Feuer und Flamme dahinter steht. Aber lässt du dich wenigstens, komm hier, der geht nicht zu einer anderen, der geht nur die Vögel fotografieren oder filmen. Lassen wir gehen, genau. So in etwa. Ich meine, sie hat natürlich auch ihre Hobbys. Ne? Ja, eben, es gibt ja auch die sagen, nee, du machst das nicht, du weißt du, bla bla, aber wenn sie dann doch dahinter steht, geht's ja. Ja, na klar. Also ich finde das sowieso in einer Beziehung oder jetzt in der Ehe, ich finde das unheimlich wichtig, dass man sich auch aus dem Weg gehen kann. Ne? Hm. Das ist einfach so. Man verbringt Zeit zusammen, aber 24/7 aufeinander hocken ist auch scheiße. Also, Das jeder braucht kann so auch seine nicht Hobbys. so lange gut gehen, richtig. Ja, ist halt so. Und wir sind jetzt, kann ich ja mal spoilern, jetzt im Mai haben wir unseren 10-jährigen Hochzeitstag, also von daher. Also klappt das. Also das verflixte 7. Jahr geschafft. Sehr gut. Ich wollte ja sagen, über die 7 drüber geschnippt, genau. Ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage an euch alle drei. Ich bin ein altgedienter Soldat. Wenn ich rausgehe, Marschgepäck. Ich habe ein Riesenproblem. Ich nehme alles mit. Ich nehme von Isomatte mit über Verbandskästchen. Dann könnte man ein Taschenmesser brauchen. Dann nehme ich was zu trinken mit. Kaffee ist auch cool. Thermoskanne, alles klar. Habe ich ja auch immer. Was nehmt ihr da wirklich alles mit? Weil ich bin wirklich für alles vorbereitet. Ihr könnt, glaube ich, 3 Tage Biwak draußen abhalten. Und was ist so das wichtigste Equipment, was euch draußen am meisten hilft? Ist das ein Taschenmesser? Ist das... Ihr seid ja auch viel... Besser. Hier, Taschenmesser, was ist da? Ja, was braucht ihr da? Warum habt ihr das, wenn ihr rausgeht? Ja, ich brauche eine Kamera, eigentlich mehr nicht. Okay. Naja, Objektive meint er wahrscheinlich, aber ob du alle Objektive mitnimmst, wenn du Wildlife fotografierst oder. Ja, vom Equipment brauchen wir noch gar nicht anfangen. Also da spanne ich meine Frau Ich ein. nehme nicht alles mit. Ich nehme das mit, das lange Tele, klar, und dann halt eventuell noch ein Makro oder das Plenar. Oder wenn ich doch mal Weitwinkel, dann halt das. Aber das weiß ich vorher, mehr nehme ich ja auch nicht mit. Also das lange und noch eins dazu. Ja, aber wenn ihr da stundenlang unterwegs seid oder im Winter Kaffee, irgendwo oder im Unterstand, Kaffee und was zu knabbern, nehme ich auch manchmal mit, genau. an die Brotzeit aber noch gar nicht denkt, ja. Und das war's. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das habt ihr immer dabei? Thermoskanne mit Tee oder Kaffee oder... Kaffee und Taschenmesser immer, ja. Okay. Also als Zubehör jetzt, Kamera sowieso. Ja, klar. Kaffee brauche ich, das ist, sonst wäre ich verrückt, wenn ich da früh im Zelt sitze und naja. Ja. Weiß ich gar nicht. André weiß ich nicht. André hat wahrscheinlich ein Pferd mit, weiß ich nicht. Nee, du, ich habe eigentlich bin ich der Minimalist da. Also ich habe, ich habe nicht mal einen Kaffee eigentlich dabei, weil ich dann so fixiert bin auf. Ich fange das ja anders an. Ich mache das ja nicht wie der Stefan. Ich gucke ja 2, 3 Tage vorher, was tut sich da, wo ich hin will. Weil ich weiß, dass da das und das ist. Okay. So. Und dann gehe ich ja gezielt. Ich nehme nur das Objektiv mit, ich nehme nur die Kamera, ich brauche meinen Akku, ich brauche meine 2 Speicherkarten, das checke ich, bevor ich losgehe. Dann steige ich, vom Fahrrad ab, tue das Fahrrad und dann ziehe ich mit meiner Kamera los. Und so kann ich auch mal 5, 6 Stunden verbringen, ohne Essen, weil ich dann so von dem Thema fixiert bin oder mich so reinsteige, dass ich das andere eigentlich alles ignoriere. Und das sind so meine 5 Stunden Happy Place und danach gehe ich nach Hause, mache was zu essen, Brötle, was weiß ich. Dann ist das Ja gut, da ist halt einfach wieder der Unterschied, wenn du jetzt in die Berge gehst zum Beispiel, kann immer irgendwas sein, das Wetter umschlägt oder was und du musst einfach mal länger ausharren. Vielleicht kommt es daher nur, dass ich da einfach mehr Sachen... Ich denke mal auch, wie gesagt, das ist von völlig anderen Gesichts. Wenn ich natürlich jetzt wüsste, ich müsste 3 Stunden Berggemsen fotografieren, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, ein paar Hotpacks, einen Kaffee, ein paar Handschuhe, eine Mütze, eine zweite Thermojacke oder so. Da würde ich natürlich schon anders anfangen. Aber wenn ich jetzt sage, du, wie morgen, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was mich erwartet und da kommt maximal das Tarnzelt, der kleine Klapphocker und die Kamera, dann war's das. Okay. Energy Drink, ganz wichtig. Hör auf.
Weil der Markus, der nimmt immer Energy-Drink bitte, dann muss er, was hat sie, Durchfall, Kotzen oder alles gleichzeitig? Ich habe stundenlang gewartet, weil ich einen Morgenaufgang filmen wollte. Da haben wir einen super Spot ausgesucht und ich Trottel nehme ein Energy mit, wo ich nie Energy trinke. Weil ich gedacht habe, ich muss ja wach bleiben. Aber ich habe dann solche Magen-Darm-Probleme bekommen, dass ich abbrechen habe müssen. Deswegen Energy. Also im Winter diese Taschenwärmer, da habe ich mich auch von überzeugen lassen. Die sind echt cool. Und zwar habe ich mir dann 2 in die Thermostiefel reingetan. Weil was war ich da? Ach ja, da war ich Rehe fotografieren. Ne, Hirschbrunft war ich da fotografieren. Da war es schweinekalt. Da war ich mit beim Spätzle, da haben wir gemessen, da hat es minus 17 Grad gehabt da. Und da haben wir draußen gestanden. Und da habe ich wirklich gesagt, so Weichei, okay, ich oute mich. Dann habe ich diese Hotpacks genommen, habe die in die Stiefel reingetan, weil ich echt nicht mehr laufen konnte. Und dann habe ich die anderen 2 in die Tasche reingetan und immer wenn ich fotografiert habe, habe ich dann raus, weil so nach 5, 6 Minuten der Finger steif war. Du konntest gar nicht mehr knipsen. Du, in Estland haben wir minus 40 Grad gehabt. Irre. Du bist bei minus 40 Grad raus aufs Plumpsklo. Das ist kalt, glaub mir's. Ja. Nee, aber wenn du fotografierst und wir haben uns beide angeguckt, wie bekloppt sind wir eigentlich, weil wir sind da morgens um 4:30 hin oder 5 hin, weil mit Rotlicht, dass uns ja keiner sieht und was weiß ich nicht alles. Und dann haben wir so angefangen, so lustigerweise um 10, um 10:30 kamen dann die Hirsche und das alles an. Und wir waren so durchgefroren, wir haben nicht mehr die Taste richtig betätigen können von der Kamera. Ja. Da habe ich gesagt, wie krank sind wir eigentlich, dass wir so einen Käse machen. Und da sage ich, das sind Wärmepads dann genau das Richtige. Also sonst hätte man das nicht geschafft. Man muss bekloppt sein für dieses Hobby, definitiv. Na, Ist doch So, Jungs, jetzt wollte ich fragen, jetzt ist gleich 9:30. Wie schaut's aus? Wollen wir langsam zu Ende kommen? Haben wir überhaupt noch Zuschauer oder sind die alle weg schon? Wir haben jetzt, also von den 2 Zuschauern, die zugeschaut haben, ist einer weg. Ist einer weg. Na, da. Ja, das ist ja Warten wir wurscht. noch, bis der eine auch noch weggeht und dann. Nee, wir können doch langsam. Wir hatten noch so 2 geplant, 2 Stunden. Wie viel sind es? 2,5 geworden. Guck an. Ich fand es nett, den Stefan mal kennengelernt zu haben. Auch Ja, dieser sehr schön. komplett andere Ansatz, das zu machen, finde ich sehr interessant für mich. Einfach mal zu sagen, okay, dieses fand Vor allem ich ja gut. inspirierend. Und ja. Ich habe Gelernt vorhin schon haben wir was, überlegt, ganz genau. ich habe vorhin schon überlegt, Stefan, du kennst doch wahrscheinlich alle Vögel deutschlandweit beim Vornamen. Anders kann das nicht sein. Wahrscheinlich nicht. Also klar, mittlerweile kenne ich natürlich viele Vogelarten. Aber alle Vögel kennen ihn. Faszinierend. Nee, also Da ist er wieder, da ist er. Also die bei mir in der Gegend vorkommen oder beziehungsweise die ich schon mal gesehen habe, die kenne ich, vielleicht auch ein paar mehr, aber wie ich schon gesagt habe, ich fahre jetzt ja auch nach Brandenburg jetzt im Mai, da sind so viele Vogelarten, wenn ich die sehe, da müsste ich erstmal gucken, was sind das überhaupt für welche? So vom Namen her oder vom Buch, wenn du in ein Buch reinguckst und den Vogel in Real Life siehst, das sind nochmal Welten. So. Und die dann auch erkennen auf 100 Metern mit dem Fernglas, das ist nicht so einfach. Also, Welches Fernglas hast du denn, wenn wir gerade dabei sind? oh, warte mal. Ich hole das mal ganz schnell. Das habe ich direkt nebenan. Da kann ich mir das zeigen. Sehr gute Frage, weil da habe ich nämlich ein Problem mit diesen Optics-Bezeichnungen. Habe ich mich immer noch nicht entschieden, eins zu kaufen. Ich habe dir doch erzählt, wie es geht. Ja, ich wollte das Wollen wir mal schnell einen Kaffee. Ich wollte das gerne vom Profi hören, Micha. Ja, dass ich Vater bin, weiß ich auch. Jetzt hat er wieder. Nee. Jetzt ist der Markus weg. Oh. Also das ist jetzt eins von Zeiss. Das ist das Terra ED, heißt das. ED. Steht da zumindest drauf. Terra ED. Ich meine, das hat irgendwie 250, 300 Euro oder was um den Dreh gekostet. Und ist relativ leicht, aber ist relativ gut. Was ist das für ein Maß? 10 mal? 10 mal 42 ist das. 42 ist recht klein vorne. Ha? Genau, Da das ist ist ja halt schön leicht. Genau, das ist halt ich würde sagen, ein Einsteigermodell. Das ist jetzt kein richtig, richtig krasses Fernglas, aber ist schon ein gutes Fernglas. So für Einsteiger ist das perfekt geeignet, würde ich sagen. Und reicht dir das von der Vergrößerung oder hättest du gerne ein bisschen mehr? Weil die Vögel, wenn du die jetzt viel beobachtest, sind ja nicht gerade groß, gibt ja auch kleine. Dann braucht man Also dann schon. mittlerweile, also das ist jetzt ja mein erstes Fernglas, was ich mir generell mal gekauft habe. Also
mehr Brennweite wäre schon geil bei so einem Ding. Ja, Also okay. irgendwann werde ich mal switchen und dann werde ich auch ein besseres Fernglas nochmal kaufen und mal ein bisschen mehr Kohle in der Hand nehmen. Na, besser heißt mehr Brennweite oder mehr, Ja, und mehr. vor allen Dingen, also es gibt ja so eine Art Bildschirmstabilisator, würde ich fast sagen. Ja, also, das wenn von du guckst, Canon. dass es halt nicht mehr so wackelt. Ne? Von Canon, das gibt es ja eins, 500 rum oder noch, ich weiß nicht mehr genau. Da gibt es eins mit Genau. Stabi und das soll wohl richtig gut gehen, genau. Genau, und dann eins, wo du halt, wo die Löcher hier noch größer sind, damit noch mehr Licht Das habe ich, reinfällt, ja. ne? Genau, sowas halt. Aber das wird irgendwann kommen. Noch sehe ich den Bedarf nicht unbedingt, aber trotzdem natürlich mein Ziel, dass ich mir das mal gönnen wollen würde. Sagen wir mal so. Weil das ist ja nicht so schlecht. Also Fernglas hat mir bei der Fotografiererei oder bei der erstmal Entdeckung von den Tieren sehr, sehr geholfen. Also das hat einen richtigen Schwung hochgebracht. Ja. Gerade weil ich die Eulen oder Kauz oder sowas, du kannst ja in den Wald reingucken und kannst ja durch das Drehen, kannst du dir ja stufenweise die Schärfe hin und her schieben und dann findest du natürlich auch was. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ein Fernglas. Ich glaube, der André will wieder rein, oder? Ich bin da. André ist da, der Markus wollte rein. Der Sorry. Bayern Markus, der war gerade Fleischkäse killen. Ah, nee. Nee, Kaffee holen. Kaffee. Also, Die geht doch gar nicht aus, die Kerstin, Kaffeemaschine, wa? du bist mit dieser Auflösung an sich zufrieden. Also du kannst damit leben. Der Sparfuchs, Ja. würde ich sagen, ist ein gutes Fernglas. Das Ding ist gut, ja. Aber ja, kostet natürlich. Man denkt auch gar nicht, dass ein Fernglas so kackenteuer sein kann, aber die sind halt auch teuer. So, das ist das Problem. Also Mhm. 300 gut, Euro, 300 Fernglas, Euro ist jetzt, das überlegt man 300 sich. Euro ist noch normal. Ja, aber weiß ich nicht. Du kannst, also vor 10 Jahren, wo ich mir mal ein Fernglas zu Weihnachten gewünscht habe, da kriegst du eins für 30 Euro. Hast auch ein Fernglas, aber das kannst du gar nicht vergleichen mit so einem 300-Euro-Ding. Aber es ist halt viel Geld. Warum kostet alles immer so viel Geld? Also ich Schweinerei immer. habe auch das 8x Bahn 50, 54, 56, irgend sowas von DD Optics, die sind in Chemnitz, also Ossis halt. Und da siehst du, das hat so um die 350 gekostet, da siehst du halt, wenn du so ein bisschen gegens Licht, da hast du dann die CAs, nennen die sich, also die, weiß nicht, ob du das weißt, was es ist, CAs, das sind so um die Ränder rum, wenn dann so bunte Säume sind da drumherum. Und das ist dann bei Bahnnummern besser, ist das dann weg halt. Die Schärfe ist natürlich brillant, auch wenn du durchguckst, alles schön brillant. Nur halt die CAs und das merkst du dann halt in den günstigen Bereich. Auch die Helligkeit, klar, es gibt auch Nachtgläser, gibt es auch noch, klar, aber das muss dann jeder selber wissen. Nee, ist ja ein Blödsinn. Es geht mir jetzt nur um das Normale, weißt du? Weil die Frage ist ja dann immer, inwieweit brauchst du das? Ich habe jetzt ein altes Ex-DDR-Glas von meinem Papa, der hat mir das vererbt und damit renne ich gerade durch den Wald. Und es geht auch. Also, ja, aber guck dir das mal an, jetzt sage, durch so ein 10er oder was, 10 mal irgendwas vorne mit 50, dass es ein bisschen größer ist. Guck da mal durch, das macht schon Spaß. Also. Oder ein 8-fach. Ich habe ja extra das 8-mal genommen, damit es halt ein Stückchen heller war. Das habe ich verglichen und das 8-fach war halt leicht heller, weil gut, Rehe, Fuchs und so weiter, die Dämmerung musst du da ausnutzen. Ja, genau, in der Dämmerung, darum würde es mir auch gehen. Stell dir mal vor, du hast den Fuchs, wo schon nicht mehr so viel zu sehen ist, dann brauchst du jedes noch so kleine Licht. Ja, und da ist eben dann das 8-fach, war da ein bisschen heller sozusagen. Dafür ist halt das 10er oder 12er wieder, holt mehr ran, klar. Okay. Gut. Dann ist so. Aber so ein Wärmedings finde ich aber auch so geil. Ne? Einfach nur so eine Wärmebildkamera. Allein zum Tiere aufspüren ist das, glaube ich, der absolute Knaller. Da war auch bei Tom, ich glaube, Tommys Weigelswille Welt, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen haben, der war auch mit einem los, der so ein Teil hatte. Der Knaller. Sowas muss ich auch nochmal irgendwann mal haben. Einfach nur, um rauszufinden, wo was sitzt und sowas. Das kostet auch nicht viel. Der wird aber vierstellig, ja? Der wird ganz billig. Ja, das ist aber weit über vierstellig, ja. Jetzt stelle das Ganze aus der Luft vor. Ja, kostet 6.500 Euro. Wie viel? Ja. 6.500 Euro. 6,5, ja. Also wir haben, da wo ich arbeite, wir haben auch Drohnen, die 40.000 Euro kosten und auch mit Wärmebildern alles, weil die brauchst du halt für Kiebitz-Nestsuche oder Uferschnepfen-Nestsuche. Wir nehmen was für die Rehkitze, ja. Genau. Oder für die Rehkitze, genau, Rehkitze auch, aber wir brauchen es halt zum Kartieren, sonst findest du die Nester nie und immer.
Ist so. Kriegst du das so weit rangezoomt oder was mit so einer Wärmebildkamera? Die muss ja mächtig auflösen auch. Ja, wenn du so einen riesen Boller-Apparillo hast, dann ja. Die dann haben bist du da 4K-Auflösung mal, ja. Die Thermal machen 4K. Ich muss auch in die Ostsee, braucht sie Drohnenpiloten, anständige. Das wäre ja super. Ostsee und mein Hobby nachgehen. Und was für Naturschutz tun. Und Das ein wäre- Ja, Keyboard. also wenn du eine Wärmebilddrohne hast, dann darfst du ja gerne mal herkommen und ein bisschen mit rumfliegen. Nachher ja bald. Klingt gut. Jetzt haben wir wieder 13 Zuschauer, na sowas. Jetzt wird ja mal mehr zum Schluss. Ja, Wahnsinn. Also Was tut's ist- da praktisch die Drohne nehmen, um die Nester da aufzu. Also hast du also kannst du nicht sagen von den Erfahrungswerten Kiebitz da und da, also du hast da keine festen Erfahrungswerte, weil ich gehe jetzt immer nach Erfahrungswerten. Ich weiß, wo zum Beispiel, was weiß ich, wo das Vieh sein Nest hat, wo das sein Nest hat und weißt du, ich mache das ein bisschen aus der Erfahrung her, weil ich habe ja diese ganzen Hilfsmittel nicht. Aber das kann man jetzt zum Beispiel bei Kiebitz und so kann man das nicht sagen, oder wie? Also wir haben natürlich eine Kulisse, wo sich Kiebitze aufhalten, ne? Also Mhm. sagen wir mal ein paar Hektar Grünland. Aber so, und deswegen brauchst du die Drohne. Wenn das Gras höher wird, dann kannst du von außen nichts mehr sehen. Siehst du nichts, ja. Zum Ganz Beispiel, genau. und Kiebitz ist noch mit der einfachste Vogel, den du finden kannst, weil Uferschnepfe oder jetzt auch ein Rotschenkel zum Beispiel, das siehst Oh du ja. kaum noch von außen. Deswegen musst du halt drüber fliegen und wenn du ein richtiges Brutmonitoring machen möchtest, musst du halt wirklich ans Nest ran. Du musst gucken, wie viele Eier sind da drin. Ach, Du das musst ist auch. Ja, das ist Oh. sogar sehr, sehr wichtig, weil du halt im Nachhinein, also weil du musst ja herausfinden, sind die überhaupt geschlüpft, die Küken? War der Fuchs da vielleicht bei? Hat die alle Eier aufgefressen? Wie viele von den Küken sind im Endeffekt Flügge geworden? Das gehört alles mit dazu. Und auch ein wichtiger Faktor, du musst die Nester ausstecken. Das heißt, du machst irgendwie 5 Meter davor, 5 Meter danach machst du so einen Bambusstab rein, dass wenn der Landwirt irgendwann mähen möchte, damit er da nicht drüber eiert. Solche Ah, Geschichten, ne? Okay. Genau, weil die Wiesenvögel, die fallen, also die Population, die steht und fällt mit der Landwirtschaft. Wenn es keine Landwirtschaft gibt, gibt es keine Wiesenvögel bei uns. Ja. So, deswegen sind wir auf die Landwirte nur angewiesen und also Was der man Kiebitz auch- ist ein Bodenbrüder sozusagen. Jetzt muss ich da ganz, Ja, ja. kurz, Ja. ganz kurz reingrätschen, weil das jetzt genau mein Thema ist. ja, Nach 2,5 Stunden. Wir machen da die Rehkitzrettung, das ist ja ganz genauso mit Abstecken. Beziehungsweise wir fangen die ja. Aber auf die Idee, so Wiesenvögel, Brutnester zu finden, ich ja. glaube, das sind soweit unsere Landwirte noch gar nicht. Die zicken jetzt schon rum wegen der Rehkitzrettung, weil das ja abgesucht werden muss. Ja, Rehkitz ist aber noch ein bisschen was anderes. Ich sag mal, das macht der Landwirt nicht, weil er okay, klingt jetzt auch doof, der möchte natürlich auch nicht unbedingt die Rehe kaputt machen, aber wenn so ein Reh dir ins Mähwerk reinkommt, dann kannst du das Mähwerk und das Heu komplett in den Müll schmeißen. Also hat das ich sag mal, beim Landwirt hat das dann auch finanzielle Gründe. Und Weil vor das- allem, weil er es gesetzlich machen muss, vorher absuchen, ist ja jetzt neu. Ja. Ach so. Ist gesetzlich jetzt vorgeschrieben. Echt? Aber wenn du so ein Reh wirklich gehäckselt hast und du hast Blut und sowas alles im Heu drin, dann kannst du das Heu nicht mehr benutzen. Dann musst du alles wegschmeißen. Normal Ja, nicht, und- aber in der Silage ist das, glaube ich, das ziemlich. Ja, Aber genau. Aber das eben mit dem Brutnestern, eben von so seltenen Vögeln, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Vielleicht kann man das ja irgendwie kombinieren. Und ihr werdet wahrscheinlich auch in die Morgenstunden fliegen, wenn die Temperaturunterschiede noch nicht so hoch sind, von der Erkennung her. Ja, also in der Mittagszeit ist es relativ schwierig, weil die meisten Vögel dann inaktiv sind. Also erstmal um Reviere zu finden, ist das schon morgens und abends ganz gut, weil dann halt, ich weiß nicht, ob ihr so einen Kiebitz kennt, wenn er rumfliegt, der macht ja so wilde Flüge und ruft ganz lustig. Okay. Und da sind die halt am aktivsten. Und sobald die Sonne am höchsten steht, dann chillen die halt auch oder sind auf Nahrungssuche in einer ganz anderen Ecke und sowas. Ne? Okay. Ja, Da bin ich mal richtig gespannt. Da muss ich mir aufpassen, wenn es die Saison losgeht, ob ich da auch Brutnester finde. also würde mich Kiebitz echt- geht jetzt los. Kiebitz ist schon mittendrin. Okay. Also ich habe jetzt die ersten Nester, die habe ich schon gefunden und ausgesteckt. Und jetzt übernächste Woche geht Rotschenkel und Uferschnepfe quasi los bei uns. Okay. Die sind auch schon da, die brüten aber noch nicht, aber es geht langsam los jetzt. Und dann, Ein einziges Mal gesehen. also mir interessiert das Thema jetzt wirklich. Wie reagieren die Landwirte drauf? Muss ich mir jetzt vorstellen, du ziehst jetzt da los, findest ein Brutnest, haust deine Stöcke rein und sagst, hier darfst du nicht mähen.
Also Oder- erstmal die Landwirte, wir arbeiten sehr, sehr eng mit den Landwirten zusammen. Ne? Das Ja, musst du. ja, ja. Das musst du einfach. Und die Landwirte, die kriegen ja auch Kohle dafür, dass die zum Ach so. Beispiel, wenn dann Nester auf Entschädigung. dem Land sind, dann kriegen die da ein bisschen, ja, aber das ist die Entschädigung, die kriegen da was für, aber im Endeffekt würden die natürlich lieber einfach das ganze Land einfach mähen, wie sie es wollen. Ne? Ja. Und die erste Maat, das ist immer die wichtigste für die Landwirtschaft im Jahr, weil die am saftigsten ist. Da ist das Gras einfach am besten. So, und das Problem ist natürlich, die erste Maat, der Naturschutz möchte eigentlich, dass die erste Maat komplett aussetzen und am liebsten erst im Juli anfangen zu mähen. So, und da muss man dann halt Kompromisse finden. Da muss man halt gucken, wenn auf irgendwelchen Ländereien, was weiß ich, 2 Nester drauf sind, dann werden die halt ausgesteckt und dann mäht der Landwirt drumherum. Oder der Landwirt sagt, weißt du was, ich lasse einfach noch ein bisschen mehr Fläche stehen. Und er kriegt für alles, was der Landwirt dann ausspart oder später macht, kriegt der Landwirt dann ein bisschen mehr Geld. So. Und viele Landwirte wollen das, haben richtig Bock darauf und machen das gerne. Andere Landwirte natürlich nicht, weil die wollen eigentlich lieber ihr Land fertig machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn die wirklich Kiebitznester platt machen, wir informieren die Landwirte, pass auf, da und da sind Kiebitznester gefunden worden und der fährt mutwillig drüber, dann begeht er eine Straftat. Genau. Ja, genau. das ist, ja. Dann ist das Genau. nämlich Tierquälerei in dem Sinn, weil ja mit Absicht das Tier Ja, vor allem, das Kiebitz ist eine gefährdete Vogelart. Wenn du gefährdete Vögel schädigst oder so, dann ist das wie eine Straftat, wo du ein paar tausend Flocken für bezahlen musst, rein theoretisch. Ne? Kriegt er keine Entschädigung, da kann er blechen. Ja. Genau, Aber es ist ganz interessant, vielleicht können wir da so ein bisschen in Kontakt bleiben. Interessiert mich jetzt wirklich, weil an Vögel habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, also das finde ich ganz und wir spannend. erleben das auch jedes Jahr, dass Nester wieder kaputt gefahren werden und sowas. Das ist ganz normal. Es ist nicht 100%. Ich meine, wenn du da der Arbeit reinsteckst und dann schickt dir der Landwirt ein Foto vom Rehkitz, was er erwischt hat, ist ziemlich grausam. Aber wenn du 7 aus dem Feld rausgeholt hast, dann hast du 7 rausgeholt. Also, richtig. Also ist auf jeden Fall der Aufwand. Ja, die wären tot, die 7 sonst, genau. Ja. Also der Aufwand ist auf jeden Fall extremst, der betrieben wird, nur um die Kiebitz-Population hier zu halten. Also mit Geländepflege, also heißt die Gräben alle ausmähen, dass das Schilf wegkommt, dass Bäume platt gemacht werden und sowas. Da wird ein riesen Aufwand betrieben. Und dafür sind wir aber auch mittlerweile eine Region, wo mit am meisten Kiebitz überhaupt noch in Deutschland vorkommen. Ne? Also ich glaube, wir haben 80% aller Uferschnepfen brüten, glaube ich, bei uns in der Ecke, also in der ostfriesisch-oldenburgischen Geest. Und das aus ganz Deutschland. Ne? Und da wird halt Aufwand betrieben, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Bei uns ist das halt schlimm, da kommt der Maschinenring, die wollen am liebsten in 10 Minuten übers Feldrad, dann abernten, fertig. Und jetzt ist oft das Problem, jetzt musst du also die Terminierungszeit. Der Landwirt sagt, ich will jetzt nachmittags mähen, jetzt kannst du aber in der Früh bloß absuchen. Oder das Wetter ist schlecht und sagt, jetzt ist gerade trocken, jetzt mähe ich, könnt's hier schnell. Also, ja, wenn die überhaupt Bescheid sagen. Genau, was auch aufgefallen ist, die ältere Generation sagt meistens, so ein Schmarrn, das habe ich früher nicht gehabt. Da bin ich durchgegangen mit dem Stecker und das muss gelangen. Also der Generationswechsel, was die Technologie angeht und dass man das auch nutzt, ist momentan ganz faszinierend, ja. Aber es gibt keine Verpflichtung. Wir haben hier auf jeden Fall. Doch. Sorry, das war nur eine Frage von mir, ich dachte, es gibt echt eine Verpflichtung, die müssen das, na gut, dann können sie da gleich am Traktor oben dran bauen, so eine Kamera, damit die immer dahin läuft. Gesetzlich eben verpflichtet, weil es eine Tötung eines Wildtieres ist ohne Grund. Das ist nach dem Tierschutzgesetz verboten. Und was machst du jetzt mit deinen 200 Metern Abstand zur Straße, wenn du mit deiner Drohne da lang bist? Das wird sich Gott sei Dank geändert, weil die Agrardrohnennutzung und die Tierrettung hat sich das Gesetz jetzt in kürzester Zeit geändert. Du darfst mit den Bestandsdrohnen Stefan auch jetzt mit seinen Kiebitzen. Der hat genau das Gleiche, also diese Flugverbote, weil der ist ja dann mittlerweile, ich denke mal, du wirst sehr nahe, Stefan, an Naturschutzgebieten auch dran sein oder so. Du hast dann dieses Flugproblem auch nicht. Also du kannst wirklich sagen, mit der Drohne, wenn ich da abchecke, kann ich da reinfliegen und kann da wirklich gezielt suchen. Ja, also wollte ich gerade sagen, ich habe auch Genehmigung, dass ich in den Naturschutzgebieten fliegen darf. Also von daher, so, wenn da einer rumläuft, dann hat er Pech gehabt. Aber bei mir sind es ja auch, weiß nicht, wenn da mal einer mit dem Hund läuft oder sowas, ich filme aber ja auch, oder ich fliege ja auch nicht über die Wege, weißt du, sondern bei mir ist es ja wirklich, ich bin im Feld
und suche dann danach. Eben. Hier, ne? Ja, okay. Solange du nicht über das Atomkraftwerk fliegst oder keine Ahnung, Genau. Flughafen. So, Dele. Dann wollen wir mal langsam, wa? Ja, cool. Wir haben fast 3 Stunden vollgekriegt, Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Und da hat jeder gedacht, das ist gar nicht so interessant, die Videofilmerei. Und siehe da, 3 Stunden sind fast weg. Scheint doch was dran zu sein. Ja, also mir hat es mega Spaß gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Aber wir haben jetzt ja über Gott und die Welt gequatscht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte auch noch 2 Stunden länger quatschen können. Ach, auf einmal. Ich glaube, im Vorgespräch hast du gesagt, na, ich glaube eine Ja, Stunde. ich bin auch keiner, der eigentlich so, der das so macht eigentlich oder der gerne redet, aber das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht, dass ich mich sogar in den Gesprächen jetzt hier verloren habe, muss ich sagen. Also wäre wirklich schön, wenn wir dich mal wieder als Gast sehen könnten. Ist doch Auf so. jeden Ich Fall, streame ja. halt, ich Ich streame gerne wieder halt, mit dabei. ich streame halt unregelmäßig, deswegen so wenig Zuschauer. Aber dann können wir das bei Michael mal machen oder so. Nicht so schlimm. Ich wäre auf alle Fälle, Wenn ihr mal wieder Bock auf jemanden habt, dann meldet euch einfach. Ich Ich werde auf glaube, alle- es wäre interessant, da einen zweiten Teil zu machen. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt reinkrätsche. Vielleicht dann so im Sommer, wenn diese Brutzeit vorbei ist, einfach mal die Erfahrung Oh, vom ja. Stefan ein bisschen zu kriegen. Was war dieses Jahr? Das wäre für mich halt interessant, wirklich mal zu sehen, was war, was gibt es Neues, wie waren so die Bruterfolge, dass wir da einfach mal so ein bisschen in das Thema reinkommen könnten. Da können wir uns Ja, vielleicht klar, mal die Erfahrung zunutze machen und da mal ein bisschen tiefer reingehen. Das fände ich ganz spannend. Ich habe ja seine Nummer, also ich bin ja verbunden mit allen Kanälen mit. Und da können wir uns da wieder mal was ausmachen, wenn wir mal ein paar Monate ins Land gehen und da ist Also wir jedes können es auch früher machen, aber für mich wäre jetzt interessant, gerade wo er sagte Kiebitze etc. oder Mhm. wie das denn sich so entwickelt, weil für mich wird das auch total spannend jetzt im Sommer. Was geht denn? Was geht mit Bienenfresser? Was ist mit Wiedehopfe? Wie werden sich meine Population, die ich hier habe, so entwickeln? Was wird mit die Milane sein? Und dann könnte man vielleicht doch mal so ein bisschen, vielleicht gibt es da so Gemeinsamkeiten, die Erfahrungen oder so. Das wäre für mich ganz Im Herbst könnte sogar ich dann was erzählen drüber, wie es bei mir gelaufen ist, ja. Ja, wenn Ja, das mal oder, wieder- ja, aber wie gesagt, ich finde das schon spannend. ja, dann gerne. Dann bedanken wir uns bei dir, Stefan, ja. dass du heute doch den Mut gefunden hast, bei uns mal ein bisschen reinzuhorchen und uns 3 Idioten oder Fachidioten oder keine Ahnung, Hobbyisten, Ja. wir haben ja eigentlich alle dieselbe Meise, wenn du so willst, Ich doch fand das vorbeigeschaut super hast. War ja doch interessant. Sonst wärst du ja wahrscheinlich schon früher weggegangen, aber wie man sieht, bist du immer noch da. Ja, schön. Dankeschön dafür. Ich werde auf Vielen alle Dank, Fälle Stefan, alle Links unten in die Beschreibung reinsetzen, ist natürlich klar. Was ich gelernt habe, als Wildlife-Fotograf braucht man ein Cappy. Das Witzigste ist bloß, ich schaue eigentlich von euch dreien am meisten aus wie der Wildlife-Typ. Dann wollte mich noch an den Chat bedanken, war auch richtig cool. Da waren auch richtig coole Fragen Sehr dabei. gut, war der die macht ganz das genau, sehr auch. gut Geo. mitgearbeitet. Ja, Und ja. schaut beim Stefan rüber auf den Kanal, das kann ich wirklich nur empfehlen. Vor allem Ja, sehr, Sonntag, sehr gut. Nachmittag, macht euch einen Kaffee, lecker Kuchen, schaut euch die tollen Videos an. Genau. Man kann nur lernen, stimmt ganz genau. Also in diesem Sinne hat mir richtig Spaß gemacht. Also, ciao, ciao. Haut rein. Danke. Dankeschön für die Tschüss. Einladung. Ciao, Leute. Tschüss.